okay ist. Alright. Salut miteinander und willkommen zum Metal Server Nummer 96. 96, ja. Keine Ahnung, ich habe auch gefragt, ob ich die Moderation machen darf. Du hast Du nicht darfst geantwortet und dann einfach die Moderation übernehmen. gemacht. Machen Sie Moderation. Okay, salut zusammen. Wir sind Metal Server Folge 96. Ich habe am Greenfield einen neuen Style gefunden. Das ist jetzt so, wie wenn ich jetzt immer wieder rumlaufe, den ganzen Sommer. Geil. Danke, Dieter Thomas Kuhn. Bereit für die Insel. Links von uns, zu unserer Linken, sehen Sie Hallo. unsere Social Media Managerin, Wo gerade einen Post ihrem macht. Job gerade hinten rein geht. Sehr Sie gut. ist nicht in einer toxischen Beziehung und sie ist nicht irgendwie Leute stalken. Sie ist, gut, wobei Marketing ist nicht anders als Leute stalken. Ja. Aber sie ist effektiv gerade am Arbeiten, sie ist nicht desinteressiert und lässt uns nicht zu. Mhm. Gut, wobei das weiß ich nicht, aber es sieht so aus, ob sie schafft. Nein, jetzt komme ich ziehe die scheiß Sonnenbrille ab, was gar Die nicht. Termine halt. Ja. Aber wir können ja jetzt schon mal über eure wunderschönen Outfits reden. Genau. Also, Hell yeah. Ricky, willst du darüber reden, dass dein Outfit einfach wesentlich wacker ist wie mir? ja, definitiv. Also, ja, wir haben halt den Impericon Mystery Shirt gekauft für 10 Stutz am Greenfield. Und du hast definitiv das beste Outfit Es ist gezogen. insanely funny, weil ich relativ oft einfach immer einen Gewinn habe und alle anderen nicht. Letztes Jahr habe ich ein ABBA-Shirt bekommen. Mhm. Oh, das ist geil. Das ABBA-Shirt ist hure sexy. Und jetzt Schön. muss man auch mal sagen, dass ich laut bin, weil die Lea hat ihr Mikrofon 7 Kilometer von ihrem Maul weg und redet lauter wie ich. Nein. Ist gut. Nein, allerdings, ja, ich bin die dritte Person, die ein Halloween-T-Shirt gezogen hat in unserer Gruppe. Es ist crazy, wie viele Leute so ein Halloween-Shirt haben. Von welcher Show ist es? Keine Ahnung. Das ist Prag. Prag. Limited Edition scheinbar. So Limited Edition nicht gerade gewesen. Aber ja, Die ist nur, das ist nur an diesem Konzert eine Limited Edition gewesen. tatsächlich. Am Impericon stand am Greenfield Mhm. ist es absolut nicht limited gewesen. Nein, Das ist eine definitiv nicht. Unlimited Edition gewesen. Das ist wirklich, ja, ich habe mir wirklich überlegt, soll ich nochmal Mystery Shirt kaufen? Die Chance wäre gross gewesen, dass ich nochmal ein Und ich habe Halloween-Shirt gewusst, bekommen wenn ich damit anfange und nachher 3 Mal nacheinander ein Halloween-Shirt ziehe, im Fall, dann werde ich hässig. Also das heisst, du solltest definitiv nie ins Casino, hä? Nein, deswegen kann ich auch nicht. Fair das play. sagen. Ja, sonst würde ich mein ganzes Geld verlieren. Aber ja, heute sind wir da und machen Greenfield Recap 2026. Officially. Ist das der offizielle der Greenfield inoffizielle, offizielle Greenfield Podcast? Er ist auch verrissen, dann hört man Vögel zwitschern, weil man denkt, am Greenfield sind wir verrissen gewesen, 4 Tage, wir haben alle einen Sonnenbrand bekommen, wir sind komplett gefickt, meine Stimme tönt so, als ob ich irgendwo unter Wasser wäre, von dem her... Hell yeah. Ja, Mann. Ja, ist cool gewesen. Was können wir recappen? Greenfield ist cool Das gewesen. Danke. Wetter. Greenfield ist cool gewesen, Perfect. danke, das war bis zum nächsten Mal. Über das Wetter können wir reden. Ja, also wie erzähl. arschkalt ist es bitte gewesen, am Mittwoch oben? Habe ich aber im Fall viel geiler gefunden wie am Freitag oder am Samstag. Schon. Ja. Ich hasse es, wenn ich an einem Festival nichts mehr machen kann, weil die Sonne einfach mein Endgegner ist. Ja, same. Ja. Also lieber ein bisschen kalt als Because if you haven't noticed, the boy is white as fuck. ich muss auch sagen, also, ich habe sicher nicht so geplant, dass es so kalt wird. Also ich habe einfach 3 Tage lang die gleiche lange Hose angezogen. Ja, gut, Aber- fair, aber das habe ich auch. Ich habe ein paar lange Hosen gehabt. Habt. Same. Hast du den Satz noch fertig reden, Ricky, oder? Ich habe meinen Gedankenpfad verloren. Aber rede weiter. Was ist los? Ah, jetzt weiß ich so schlimm heute. Unglaublich. Es ist herrlich. Es hat niemand mitbekommen, vor allem, weil wir noch zu Nacht gegessen haben zusammen. Und was eure 2 Gedankengänge sind absolut insane. Ja. Also du kannst wirklich mit euch gerade momentan etwas anfangen zu reden und dann das, was mir immer vorgeworfen wird, passiert dann macht es plötzlich buff und sie sind irgendwo anders und ich stehe da und habe so, du hast mich vor 2 Sekunden etwas gefragt, ich bin noch nicht mal in einem Viertel von der Erklärung fertig und ihr seid schon wieder irgendwo anders. Alles läuft. Das ist herrlich. Oh ja, Wetter cool. Oder auch nicht cool, je nachdem. Heißt Doch, es es doch ist- so gewesen. Nein, Das das Wetter ist Samstag habe ich okay cool gefunden, gewesen. aber ich habe ihn fast ein bisschen zu heiß gefunden. Das ist eben mein Problem, das ich immer an Festivals Ja. habe. Weil ich bin ja am Slam Dunk 2 Wochen voran und dort war es 30 Grad gewesen und es hat einfach so keinen Schatten. Und am Greenfield ist es ja richtig hart, was das Festivalgelände ist so richtig menschenfeindlich. Sind wir mal ganz Ja, voll. ehrlich. Es hat ja. die Sonne bretzt von oben, die Sonne bretzt von unten und Schatten hast du im Zelt, wo du nie rein kannst, weil dort so viele Tische stehen. Es ist immer noch nur eine Stelle zum Wasser holen. Das finde ich auch crazy. Im Infield. Das ist so wie... Das Ich glaube, der WC ist gelb. ja, genau. Mindestens 2 wäre cool. Das ist ein bisschen eine Lüge. Es gibt eine Stelle zum gratis Wasser holen. Fair. Sonst Fair. kannst du ja
Überall Du kommst Fläschchen überall Wasser. holen. Ja, es ist ein bisschen entscheidend. Es ist ja nicht so, dass sie dir das Wasser entziehen, aber es ist schon ein bisschen das kapitalistische Meisterstück, dass man nur eine gratis Wasserstelle hat. Fair. Alright. Makes sense. Ja. Aber ja, also ich habe das Wetter definitiv besser gefunden als letztes Jahr. Ach, hell Weil- yeah. Letztes Jahr war es übel heiß. Ja. Gewesen. Und jetzt ist halt, am Samstag ist es heiß gewesen. Mhm. Und du hast so einen kühlen Brise. Heiß Brise. Breeze. Ja, Okay. das ist korrekt. So einen kühlen Wind. Kühlen Wind bekommen. Das Also- ist geil gewesen. Außer du meinst natürlich einen richtig kühlen Wind, dann ist es keine Brise, sondern eine Beise. Ist es eine Brise? Ich weiß nicht, ob es Beise. richtig. Ich hatte keine Beise an diesem Tag. Alright. Es war eigentlich mehr ein Pfö. Der Wind war gar nicht so kalt. Am Mittwoch schon. Ja, aber ich warte immer noch darauf, dass ich mal am Greenfield kann, im Hoodie und einem Beanie eine Band schauen. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben, es hat noch nicht geklappt. Also, Es ist am näher davor Donnerstag schon, gewesen. ja. Also ich Also, kann mit dem... Nein, das Thema war... Du bist kein Maßstab, Ricky, was Kalthaar angeht. fair. Aber was Du ich schon... und Leute in unserem Camp sind Fair. kein Maßstab, was Kalthaar angeht. Was aber lustig ist, wenn du tatsächlich im Infield gehst, dann ist es eigentlich wärmer, wahrscheinlich weil Beton halt Ja, aber der Wärme ganze aufgenommen fucking Beton einfach geheizt Eben, wird von und der das Thema Sonne, ja? war, ich habe das in meinem Hirn noch nicht connected gehabt. Und dann hat einfach laut meine Frau, meine Verlobte gesagt. Und sie hat gesagt, ja eben, es ist ja klar, was bist du am Mansplaining, Alter? Und ich so, nein, ich habe gerade den Gedanken bei mir, egal. ich habe one connected und sie hat gedacht, ich bin ein Mansplainer. Aber es ist wirklich einfach, ich bin dumm und ich denke das Gleiche jedes Jahr und ich vergesse es nachher. Ja. Und deswegen kann ich Serien und Filme immer wieder schauen, weil ich vergesse nach einem Jahr. Das ist eine Superpower, würde ich sagen. Das ist aber geil. Ja, das ist mega cool. Aber meine Frau die hat find's fast- sehr gutes Gedächtnis. Deswegen bin ich einfach der nachher die gleiche Serie wie immer schaut. Bei mir ist es eben so, dass ich eigentlich das fast nicht kann. Ich vergesse fast nichts. Wenn wir mal irgendetwas geschnurrt haben, ist die Chance, dass ich das noch Wort für Wort kann wiedergeben, relativ groß. Darum, wenn ich Serien schaue und dann etwas nicht mehr weiss, fuckt es mich hure ab. Und wir haben mal The Good Place geschaut, zum zweiten Mal. Und ich bin nicht die einzige Person, die das Gefühl hatte, dass die Hälfte von der letzten Staffel, wo wir das erste Mal geschaut haben, einfach nicht rum war. Mhm. Also zero Erinnerung daran. Nicht so, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. So, ich habe das nicht gesehen, keine Erinnerung daran. Und darum bin ich mir jetzt nicht sicher, ob zu dem Zeitpunkt, wo ich die Serie das erste Mal geschaut habe, einfach die Hälfte von der Staffel nicht rum war. Das könnte sein. Oder du hast vergessen, dass du vielleicht nur die Hälfte geschaut hast. Nein, ich habe alles geschaut. Alright. Das Ende habe ich nämlich gewusst, wie es ist. Dann habe ich psychisch abgefuckt. Anyway, wir sind nicht da, um über Kann Good ich Place jetzt gerade reden, sagen. sondern über das Greenfield Festival. Ja. Aber es ist wirklich cool, dass sie, also ich habe immer vergessen, dass es halt innen wärmer ist. Dann habe ich das Pulli angezogen im Camp. Und dann bin ich hingelaufen und so, fuck, das wieder abziehen. Aber ich habe es wieder cool. Also, mir jetzt gefallen. Besser so. Was schaust du mich an? Ich kann dich nicht retten. Weiß nicht, was sind wir noch gewesen? Ja, wie war so der Gesamteindruck für euch? Gewesen? Also ich glaube, ich habe keinen Headliner gesehen. Kein einziger. Nein. Krass. Du Also, hast Bad Omens geschaut. Du okay, fair, ja, Bad Omens. Aber dann In habe dem ich einfach... Fall schon. hast Papa Roach geschaut. Ja, Wo fair. Also, Headliner ist. ich habe gehört, Co-Headliner sind nicht Headliner, sind halt Co. Whatever. Anyways. Ich bin hure froh, machen wir das den Recap vom Festival an einem Tag, wo wir noch alle offensichtlich komplett fucked sind Ja. vom Festival und nicht reden können. Weil ich habe heute Morgen meinen Schulkollegen schon gesagt, heute muss keiner von euch irgendetwas von mir wollen. Mein Hirn funktioniert nicht. Ich kann nicht einmal auf gerade Sätze formen. In meinem Kopf habe ich den Satz gehabt, ich habe ihn nicht zum Mund rausgebracht, darum heute wird es gut. Aber ich habe keinen Headliner geschaut, außer Bad Omens. Und Und wie dann habe hast du sie gefunden? und dann habe ich nur über Bad Omens gelästert die ganze Zeit. Wieso? Was fucking lame war. Coldplay mit Ich habe sie so Breakdowns. gut gefunden. Ja, aber das liegt auch daran, weil du nicht mit Papa Roach aufgewachsen bist, sondern Ja, mit das Bad stimmt. Omens. Mm. Mein einer Fühlt schon, Schulkollege ist ja. eben auch so Jahrgang 2005. Und der hat auch das Gefühl, Bad Omens sei die beste Band gewesen. Und ich nur so, aber Papa Roach. Und dann er so, ja, Bad Omens ist halt so seine Kindheit. Und ich nur so, Ja, nein, gut. das hurtet, weil Papa Roach ist halt meine Kindheit. Und ich habe, glaube ich, keine Band so gehypt wie Papa Roach. Das kann der Ricky bestätigen. Three Days Grace ist meine Kindheit. Aber. Die habe ich mehr gefühlt. Die habe ich auch nice gefunden, ja.
Wenn wir doch mal, haben wir irgendwo, können wir irgendwas Line-Up von Ja, irgendwo wir- chronologisch Yes. durchgehen? Also, Oder was, wenn wir Wir können nicht... es tagesweise durchgehen, wenn Ja, ihr voll. wollt. Hell yeah. oder wir starten Aber mit den machen wir jetzt Highlights. einfach mal schnell am Anfang. Was Also, ist, Mittwoch, wenn sie da ankommen. Wenn wir jetzt Highlight vom Festival sagen? Also Gerade jetzt. Highlights und nachher chronologisch? Oder? Nein, ich glaube, das Highlight kommt ja nachher, während wir ja darüber reden. Alright, welche habt ihr am meisten gehatet? Welches Highlight ist abseits von der Bands? gewesen? Welche Bands hast du am meisten gehatet oder gefunden? What the fuck? Savior als Breath, kann früh müssen aufstehen am Samstag. Ja. Wenn hast du aufstehen. 8. Oh wow. Weil ich mir überlege, welche Band habe ich hohe Erwartungen gehabt, nachher jetzt nicht mehr. Nein, machen wir das Ding durch, das macht mehr Sinn. Alright, fair. Also chronologisch. Also, wenn sie dann am Mittwoch ankommen. 9, nein, 10. Aber So spät? Ja, der Ricky hat gesagt, er ist um Camping 7 bei mir und nachher Ah, sind stimmt, wir der hat am, noch geschafft am Mittwoch, gell? Ja. nachher sind wir am 9. Ich habe eine Elektrotechnikprüfung geschrieben. Oh, Nachher wow. sind wir am 9. dort. Und ich so, wenn der Ricky am 7. bei mir ist, sind wir definitiv nicht am 9. dort. Weil auch wenn wir nur 1,5 Stunden Fahrtweg haben, irgendetwas wird der Ricky noch haben. Der ist We are on Ricky Time now. Mhm. Der Ricky ist der Captain von dem Schiff und das Schiff weiß selber noch nicht so genau, wo es hingeht. Darum sind wir dann am 10. dort auf dem Pretty much. Parkplatz. Oh ja, nein, also wir sind das Jahr im Camping Claim gewesen. Du kannst doch nicht alle sagen, dass wir reich sind, darauf. Nein, wir sind alt, Alter. Und Ja. es ist wirklich next level, ich muss sagen. Absolut. Ja, also ich habe mich wirklich posh as fuck gefühlt. Das ist, da, willst du Das schnell- war, glaube ich, mega ruhig gewesen, oder? Mega Nein, ruhig. am zweitletzten Abend ging so ein scheiß Franzos-Techno-Lauf Ah ja, morgen stimmt, um das ist 4 schon Uhr heftig. gemacht. Ja. Abgesehen von dem, also nicht, er ist nicht beschissen, weil er ein Franzose ist. Er ist einfach ein französisch sprechender Mensch gewesen und er ist beschissen gewesen, darum habe ich scheiß Franzose gesagt. Ja, voll. Nein, also wir sind jetzt. Aber sonst war es schon ruhig gewesen. Und es hat eigene WC gehabt. Das ist schon. Hell yeah. Ja, also ich habe mich schon recht posh gefühlt. Ich verstehe jetzt, wie der Rechtsrutsch in der Gesellschaft funktioniert. Also ich glaube, irgendwann gehen wir in den Greenfield Village. Also. Nein, weil du kannst jetzt ja nicht mehr. Du kannst Nein, nachher, irgendwann haben das Airbnb. Ja, das ja. Ding ist, du kannst wie nicht mehr Oder kann man zurückgehen. irgendwann zu mir ins Hotel? Das Ding ist, du kannst wie nicht mehr zurück. Hotelparty geil. Du kannst wie nicht mehr zurückgehen, weil jetzt hast du mal, wenn du mal so ein bisschen etwas Besseres gehabt hast, Ja, kannst du wieder voll. zurückgehen. Und es ist halt schon, es ist wirklich, also ich verstehe den Rechtsruck in der Gesellschaft wirklich, weil ich bin die ganze Zeit rumgelaufen und denke so, ja, Grenzen sind nichts anderes wie imaginäre Linie am Boden. Mhm. Und dann kommst du da hin, hast deine gated Community, hast jetzt so das abgrenzte 50 Quadratmeter Plätzchen und musst einfach sagen, ja, Grenzen sind nichts anderes wie imaginäre Linie am Boden, aber ich wollte sie schon da haben. Ja. Komm nicht auf meine Seite. Und dann bin ich eben mal mit diesem Kameramann Nico, bin ich dann mal auf den richtigen Campingplatz raus, dort in den Favelas rumgelaufen und also denke so, hoi, Der Pöbel der da. Abschub. Gen Pop, Alter. Fucking ja, das ist Aber, ja. also, Jetzt kannst du verstehen, wieso ich auch nicht mehr, wenn ich nicht mehr am Greenfield arbeite, ich könnte nicht mehr ans Greenfield gehen. Du kannst einfach nicht campen, oder? Nein, gar nicht mehr, nein. Mhm. Ah, fuck, nein, du hast ja noch ein anderes Problem. Ja, Du hast mir ja... ich du, habe du den hast mir- Special du hast mir- Bag gezeigt. Du hast wo mir du- den Waze gezeigt. Ich bin noch nie so schnell von der Hauptbühne bei meinem Campingplatz gewesen. Holy Ja. shit. Ja. Normalerweise hätte das dauert das ja irgendwie 15 Minuten mindestens. Ich bin 3 Minuten da gewesen. Ja. God damn. Also ich habe schon in Später meinem mehr. ersten Greenfield habe ich auch ein nicht wasserdichte Zelt gehabt. Oh, das Ich ist habe Pain. einen richtig schlechten Schlafsack gehabt. Ich habe so eine aufblasbare Dings gehabt, die du für den Pool nutzt. Vom Migros. Ja, das ist aber 10 sick, Stutz Alter. gekauft. Das geht schon. Ja, voll. Das ist eigentlich wesentlich besser als so ein Isometri. Ist gegangen, ja, voll. Und ich hatte dann auch meine Ravioli-Cans dabei gehabt, Oh, geil. wo ich kalt gegessen habe. Früher, weil ich wo man nichts keine hatte, Dose zum, mitnehmen als aufwärmen. Greenfield. Und ja, damals halt. Wo man noch keine Getränke mit ihnen nehmen Das ist 2014. wo es eine 13 gated Community war und das Gen Pop Prison. Fair. Und dann, ja, Sorry, aber ich habe Anthony. natürlich die kalt müssen essen, die Raviolis, weil ich nichts hatte zum Aufwärmen. Ja, du darfst es auch nicht mit ihnen nehmen. Fair. Ja, aber das ist mal Du bist mal gestartet. 19-jähriger Ricky. Jetzt bin ich 32, ich mag nicht mehr. Ich denke mir immer, als ich an meinem ersten Greenfield war, habe ich so einen Tagesrucksack dabei, also einen Schulrucksack. Hm. Und das hat gelangt Süß. für das Festival. Und jetzt habe ich so einen 70 So einen Bollenwagen. Nein, so einen 70 Liter North Face Duffel habe ich jetzt Oh, dabei, der geil. einfach so voll ist. Und ich
habe wieder 3/4 von den Kleidern nicht. Ich habe 2 Longsleeves dabei gehabt. Hast du das Gefühl, ich habe einmal einen Das Longsleeve habe ich jetzt gehabt? aber auch gehabt, ja, weil mein Koffer ist auch so voll gewesen. Und ich denke, ja, Aber das da habe ich Wetter- genug Sachen. Das Wetter hat Ich aber auch habe weniger gut ich habe ausgesehen. weniger als die Hälfte davon gebraucht. Nicht einmal, jedes Mal ist wieder das Gleiche. 2 Longsleeves. So was habe ich 2 Longsleeves dabei? Ich habe auch nur einen Hoodie. Für was brauche ich 2 Longsleeves? Ich hätte einen gebraucht. Ich habe die ganze Zeit den gleichen gehabt. Aber Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gelangt. nein. Also ich habe auch einen Pulli gehabt. Also ich habe den ganzen Greenfield habe ich Wrath of Alga represented. Das ist Rapping the Local Boys. Und gleiche Hose halt, die ich angezogen habe zum Hinfahren. Aber eine Hose ist fair. Ja. Kannst du schon eine Woche lang die gleiche Hose Ich nehmen? habe mit der Hose auch geschlafen. Alter. Also, also am Schluss. Ich meine, ich habe so kalt gehabt. Du hast Kannst du gelebt in dieser Hose. in dem Vicky, Fall. kannst du Ja. schnell das Mikrofon haben, weil ich muss da anders sitzen, sonst habe ich einen Nackenstarre im Mund. Ich hab's für dich. Alright. Danke. Und Wie noch ein Bild. Super. ja, also man muss sagen, also die Erinnerungen, wenn du wirklich deine ersten Greenfields erlebst als Jugendlicher und so, ist geil, aber ich bin nicht mehr 19. Von dem her, Posh it is. Porsche it is. Und ich habe wirklich... So sind wir wieder zurück, wie wir eigentlich auf die Reise gegangen sind. Ja. Wir sind beim Camping Claim. Das ist etwas, was ich Mhm. wirklich nicht empfehlen kann. Es ist absolut scheiße. Machen Sie ja nicht. Unbedingt nicht, sonst, ja. Machen Sie ja nicht. Mhm. Nehmen wir uns einfach den Platz bitte nicht weg. Was gibt es nachher für andere Premium-Dings? Das VIP Village, oder? Das Das VIP hast du schon nachher und danach hast du noch das mit den Häusli. Häuser sogar. Das mit den Häusli? Mhm. Dort, wo wir durchgelaufen sind zu deinem Camp, hat es auf der rechten Seite hat's noch so Häuser. Das Village. Genau. Ja, also ich glaube... Das ist für die ultra Porsche Leute. Und dort hast du wirklich mit Bett drin und... Mhm. Aber das ist dann wie schon zu viel. Nein, los mir zu. Dann gehe ich in ein Oder du Hear me gehst halt out. über zum VIP, da bist du aber gerade direkt hinter der Jungfrau-Stage und ich glaube, das willst du dir dann auch nicht geben, weil wenn die dort am Auf- und Abbauen sind, dann bist du die ganze Zeit nur beschallen davon. Mhm. Aber hear me out. Also, Camping Claim mit 30, VIP mit 40. Nein, mit 35. Okay, Dass du mit 40 ins Airbnb kannst. okay, Also ich gehe, glaube ich, bevor ich auf den VIP-Platz gehe, ins Airbnb. okay, Airbnb und nachher die Häuslis. Wobei- Nein, irgend- Airbnb ist nachher so Endlevel, weil dort hast du eigene Dusche. Ja, fair, ja. Aber, Dann chillst du es auch eher noch ein einziges bisschen. Problem ist im Airbnb, du hast keine Homebase am Festival. Du kennst aber immer genug Leute, die eine haben. Und dort gehst du auch viel bewusster auch aufs Festival zu. Also du gehst ja nicht auf die Camping-Sachen, sondern du gehst ja gerade direkt Das mache ich ins mittlerweile Infield. nicht mehr. Ich bin am Samstag habe ich 2 Bands nicht gesehen. Ich bin ab der ersten Band auf die Vorre und habe nachher nicht bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende, bin ich wie die Toten Hosen dort am Kämpfen gewesen. Ja, ich bin das Jahr auch recht viel mehr. Willst du am raten, Fest- welche 2 Bands ich am Samstag nicht gesehen Ja, habe? das weiss ich, glaube ich, Bist- sogar. Hau mal raus. Ich weiss nämlich, welche du unbedingt hast schauen. Welche habe ich unbedingt schauen? Das nimmt mich jetzt selber Wunder. Ich bin schon erstaunlich Ich weiss viel am nicht, ob Festival du gewesen. Aurora Wave bist schauen oder Nein. nicht. Die bist, glaube ich, aber nicht gewesen. April Art bist, glaube ich, schauen. Mhm. Ja, sorry, am Freitag habe ich nur 2 Bands nicht gesehen. Sorry, nicht am Samstag. Lagwagon. Habe ich gesehen, korrekt. Mhm. Und was hat er auch nicht in Extremo? Korrekt. Sonst habe ich alle gesehen. Top. Das ist absolut insane. Ja, also ich bin auch mega viel gewesen. Ich gar nicht. Und Du bist am Arbeiten, gewesen, oder? Ja. fair, ja. Mhm. Hast du Ricky und mich genötigt? Den habe ich genötigt. Der Ricky hat es nicht herbekommen. Der Ricky hat gesagt, er geht ins Zelt schlafen. Er geht auf den Campingplatz und kommt dann auf die 5 Uhr zurück fürs Video. Und ich habe so gewusst, wenn der Ricky jetzt auf dem Campingplatz ist, kommt er nicht um 5 Uhr zurück. Ja, ja. Nein, aber ja, wann bist du dort gewesen? Mittwoch auf die 2 bin ich dort gewesen, weil ich am Morgen noch ein paar Sachen erledigen musste. Wieso bist du denn so früh schon dort gewesen? Weil ich Mittwoch immer schon dort bin, weil wir ja dann schon mit dem Social Content filmen. Aber wieso bist du dort am Social Content filmen? Schaffst du für das Greenfield Oh Festival? mein Gott, ja! Das haben wir, glaube ich, noch niemandem erklärt. Nein, Das ist voll. Mal einfach das so. haben wir in der letzten Folge, wo ich dabei war, haben aber wir das- darüber geredet. Das heisst nicht, dass die Leute, die diese Folge jetzt hören, die Folge auch gehört haben. Voll. Das stimmt. Und sonst einfach auf den Greenfield-Account gehen und dort die Videos abchecken, wo ich drauf bin. Ich habe dich auch immer, wenn die Leute, wer ist jetzt schon wieder die Lea? Lea ist Greenfield-Frau. Ah, okay. Hey, ich bin das Wochenende und da bin ich so insane dankbar um die Dummies, weil
Es ist mega lustig. Shut Wir haben up. uns dort ja wirklich, wir haben uns an diesem Wochenende das erste Mal persönlich gesehen. Mhm. Aber wir haben beide die Folge voneinander gehört, also ich halt von ihm und er halt von mir. Also heisst Und- basically Best Friends schon. BFFs. Gefühlt schon, weil wir beide so gedacht haben, ja, wir kennen uns ja, aber wir kennen uns ja nicht richtig. Mhm. Und er hat dann nicht gesagt, die Lea von Greenfield, sondern er hat gesagt, die Lea von Metal Servola. Und dann habe ich gedacht, ja Mann, G. jetzt habe ich alles Das erreicht Ding, in ist, meinem Leben. das Ding ist, ich habe dich eben müssen zu einer generellen Greenfield-Crowd erklären. Ja. Dann kann ich nicht sagen, die Lea von Metal Servola, weil die sind nur so, hey, was ist Metal Servola? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, am Mittwoch sind wir schon dort. Bin auf die 2 dort, bin angefangen zu filmen. Schon mal für Camping. Und dann hat es natürlich wunderschön runtergeregnet die ganze Zeit. Das war Mhm. schon lässig. Ja. Ja. Keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Ich bin am Elektrotechnikprüfung geschrieben. Ja. Das war so ein bisschen der Mittwoch. Und dann zu den Kollegen aufs Camp gegangen, eben dort die Dummies kennengelernt. Mhm. Und der Rest von dieser ganzen Bubble dort. Und relativ früh sogar pennen. Mhm. Weil ich so durch war. Also, das Jahr Greenfield war sowieso für mich ganz speziell, weil das erste Jahr Greenfield war, wo ich nicht richtig angekommen bin. Mhm. Ich hatte nicht den Vibe gehabt, irgendwie. Ich bin zwar dort, Ich habe den aber Vibe auch lange nicht gehabt, im Fall. also wirklich, als ich am Sonntag daheim war, ich habe nicht gedacht, ich bin jetzt am Greenfield, sondern ich bin einfach unterwegs. Mhm. Also ich habe das Gefühl, also irgendwie Menschen sind auch so die ersten 2 Tage so. Ich habe die Energy auch so ein bisschen. Voll. Ich glaube, der Wetter hat auch ein bisschen da etwas gespielt. Nein, oder? ich habe einfach das Gefühl, es kommt schneller, wenn es nicht schön Wetter ist. Weil die Leute dann sich so ein bisschen mehr wie am Grenchen vergessen. Weil wenn du nass bist, ist es scheißegal. Ja, das ist Dann so, Festival. ja. Aber ich habe es auch bis am Morgen früh gebraucht. Am Donnerstagmorgen, wo ich dort gehockt bin und einfach so Mhm. im Campingstuhl gehockt bin und gedacht habe, ja, die anderen Affen sind alle am Arbeiten und ich jetzt nicht. Dann habe ich gewusst, jetzt ist Festival. Bei mir war es auch so langsam am Donnerstag, aber am Freitag. Ja, am Ja, Freitag voll hat es bei mir gestartet, aber Ja. das ist bei mir erst bei Bad Omens gekommen. Mhm. Bei mir ist es bei Papa Roach schon richtig gekommen. Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl habe. Nein, Itchy Das und war alle Samstag in dem Fall. Ja, aber bei Papa Roach bin ich das erste Mal richtig hyped. Nein, bei gewesen. mir hat es angefangen mit Bad Omens und dann ist es bis am Samstag so kurz bis und mit nach Severed ist das gewesen, und dann hat es wieder voll abgeflacht Mhm. bei mir. Aber auch bei mir war es auch ein gestresst Greenfield gewesen. Mhm. Ich Ja. so viele Bands schauen. Sonst bin ich, die ersten paar Jahre bin ich glaube so, wo ich mich noch nicht wirklich so eine Szene habe können schimpfen, bin ich glaube einfach wirklich so 5 Bands am ganzen Festival schauen, weil ich einfach nicht gewusst habe, was das ist. Ja, aber. Und dann 2 Tage nach dem Festival kommt auf Spotify so ein Song, wo du denkst, boah, hure geil. Und dann gehst du die Band googeln, wenn sie das nächste Mal in die Schweiz kommt. Und dann siehst du, sie hat vor 2 Tagen am Greenfield gespielt. Merci, fick mich. Ja. Mhm. Ja, ich hätte das ja eigentlich hure gerne mehr Bands gesehen, aber ich habe es nicht herbekommen. Itchy hätte ich zum Beispiel mega gerne gesehen, habe es nicht herbekommen. Grande gewesen. Nein, Ja, ich glaube, weil wir jedes Jahr jetzt am Greenfield gehen, seit 3 Jahren, glaubst du? Gehen wir seit 3 Jahren? Nein. Speak for yourself, Alter. Ich bin seit 2012 jedes Mal, was war. Nein, ich habe eine lange Pause gemacht. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, bin ich jedes Jahr dort. Das stimmt, du bist fleissig gewesen, Eben. beim Podcast haben. Und jetzt so, weißt, ich kaufe das Ticket und ich weiß nicht mal, wer spielt. Und nachher, und ich habe es immer wieder gesehen, so, ja, die Band spielt, cool, habe ich vergessen. Nachher haben wir noch auf der Hinfahrt eine Playlist gehört. Ich so wie, oh shit, Lionheart kommt. Stimmt. Und nachher, Wow, shit, zweiter Song in der Playlist ist Save Your Last Breath. Holy fuck. es ist irgendwie, das ist Holy spannend fuck, gewesen. Save Your Last Breath spielt am Greenfield. Ja, in der Playlist ist es lustig, weil Save Last Breath ist, glaube ich, in den ersten 10 Songs, glaube ich, 3-mal vorgekommen. Ja, aber das liegt daran, weil ja Spotify-Playlists so laufen, wenn du sie auf Shuffle tust, so laufen lässt, dass Aber die ja. Songs, die du am ehesten Ja, nicht skippst, Algorithmus zuerst halt kommen. wieder. Das ist immer die Darum, Socials, Wenn, die wenn die Lea die gleiche Playlist lässt, kommt Fair. sie wahrscheinlich alle Save Your Last Breath Songs ganz am Anfang reingespielt. Ja, fair, aber ich fair, bin jetzt fair. der Obergroupie von ihnen. Alright. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber Aber Federico hat mir gesagt, also wenn einer auf die Bühne kommt, Alter, einfach Dropkicken. Was nochmal? Einfach Dropkicken. Verstanden? Ich habe schon fast Angst gehabt, dass ich die Lea irgendwann muss Dropkicken. Hey, ich bin wirklich Ah, kurz du bist davor Security gewesen. Ich bin alles gewesen. Du bist Mutti gewesen. Ich bin alles gewesen, außer vernünftig. Aber ja, sonst, Wenn wir es mal starten, wir haben Donnerstag, Ja, voll. bitte. vor allem mit dem Donnerstag. Also Mittwoch hast du schon eine Party machen. Hey, stimmt, ja, Mittwoch. Oh mein Gott, ja, Mittwoch. Ich bin sogar noch auf die Partyzone. Schon? Es hat irgendwie 5 oder 6 Mal hat's Hosenpause gegeben.
Was zum Teufel ist Hosepause? Ah, Hosepause. Das habe Hosepause. ich das ja nicht gemacht. Du hast Hosepause. kann Du gar wolltest keine sagen, du Hosepause kennst machen. Wir Hosepause haben nicht. immer noch Zuhörer, die nicht wissen, Oh was eine mein Gott. Hosepause ist. Ich bin mal stimmt. nicht für mich selber am Hosepause, Denken. das ist so das Ding, das ich nur vom Greenfield kenne, Mhm. wo einfach deine Hose runterlässt und die runterlässt und die einfach schnell Pause macht. Mhm. Und das Beste Ist ist, eine Hosepause übergriffig? das ist jetzt nämlich genau auf das, was ich zukommen. Und zwar nämlich ein Sekko ist zu uns gekommen und hat gesagt, wenn ihr jetzt nicht eure Hose wieder auflöhnt, dann werdet ihr vom Platz verwiesen. Weil irgendeiner nebendran so sturzbetrunken war und alle drumherum so genervt hat und dann das Gefühl hat, er gehört zu uns. Mm. Sind der, immer die der, der besoffen. hat also Hosepause gemacht, ohne dass er hätte Hosepause machen. Ja. Ah. Also eigentlich, das heisst, Hosepause selber war nicht das Problem gewesen. Nein, sondern der Dude nebendran. Nein, es sind immer Dudes. Mhm. Also man. Es war Collateral Damage. Mhm. Es ist immer irgendein Aber das Dude. stimmt, Alter. ich habe gar keine Hosepause gemacht. Schlecht. Aber bist du Ja. eigentlich in der Partyzone gewesen? Ricky, du überhaupt? hast eine ganz Kleiderpause gemacht. Nicht, Nein, gell? nein, nicht Aber ich wirklich. sage ja, dass ja Greenfield ist ein ganz komischer Nein, Vibe ich bin, im gewesen. Fall, aber das ist im Fall, ich bin noch nie in dieser Partyzone Party machen. Nein, nie. Das stimmt nicht, letztes Jahr. Ja, aber dort auch nicht wirklich lang. Dort sind wir nur Ja, aber es vor, hat dort auch mal wieder Hosepause wir sind gegeben. aber wir sind nur vor dem Rockstar-Block gestanden. Ich bin nie drinnen gewesen, weil mich regt ich finde, Ich finde das ganz schlimm. im dort. Rockstar-Block läuft einfach keine Partymusik. Ja. Es läuft Rammstein, Rage Against the Machine, Five Finger Death Punch. Es ist einfach so Zeugs, wo ich mir denke, da kannst du nicht Party machen dazu. Ja. Mhm. Was willst du zu Five Finger Fruit Punch tanzen? Oder zu Rage Against the Machine kannst du obviously tanzen, weil es rhythmische Musik ist. Mhm. Aber wenn ich Rage Against the Machine höre, will ich das Zelt abreißen und nicht Party machen. Also, sind nicht die gleichen DJs im Greenfield? Mal, ich glaube Doch. schon. Mal, oder? Auch das Jahr hat es ja im Rockstar-Blog zum ersten Mal Hobbyhorsing gegeben. Und Das hat es letztes Jahr Slam. schon Das ist gegeben. das ist schön. Hat es das schon gegeben? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, Ja. Und unsere Poetry Slam hat es unsere gegeben. Kollegin, ihre Das Freundin. ist, glaube ich, neu. Und das ist richtig geil gewesen, weil sie haben dort nämlich können mitmachen und wenn du gewonnen hast, hast du einen Jägermeister-Zapfanlage gewonnen. Oh, geil. Und das können wir mit heimnehmen. Das ist das Coolste. Nachher haben wir betrunkene Leute, die Poetry Slam machen. Aber Fuck was me, wäre Alter. ich mit nächstes Jahr Rap Battle? Das wäre geil. Das würde ich gerne schauen. Homeboy, wir sind am Rockfestival. Die kommen schon nicht darauf klar, wenn irgendwo etwas anderes macht wie Metal. Was Also, hast es du hat für Hire Gefühl? the Hero gespielt. Also Ja, aber der hat auch Gitarre gehabt. Der war so lustig, der Dude. Der ist brutal. das ganze Weekend ist der auf dem Gelände. Ich glaube, der hat auch nur die eine Show in der Schweiz gespielt. Wenn du auf sein Instagram gehst, der hat Ja. keine Shows momentan Aber der ist angezeigt. so, das letzte lustig Foto ist so wie getroffen sein Baby, das gerade auf die Welt gekommen ist und nächstes ist im Greenfield. Bruder ist Das war so geil. Bruder, ist geil, Backstage, das was der eins gelabert hat, im Fall. Der hat mit dem, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, mit dem Sänger von Papa Roach Jacoby und Shadows. mit dem Sänger von Rise of the North Star haben die Oh, einfach ja. hinten einfach etwa 15'000 verschiedene Bilder gemacht Geil. gehabt beim Tobi. Und das war so geil. Wirklich, der war so lustig drauf. Also, was ich Der war die ganze Zeit immer wieder auf dem Gelände unterwegs. Die haben am gewesen. ersten Tag gespielt, gell? Ja. Am Donnerstag. Ja, und das war bis mit dem Samstag dort. Das finde ich gut, weil wir können jetzt wieder über den Donnerstag reden, Okay, weil wir für haben den den Donnerstag. Aufhänger dafür. Also. Voll. Und das Ding, aber ich Mittwoch habe langsam das Party, Gefühl, es bin also- einfach gar nicht ich, der das Zeug immer eskaliert, Warte, sondern der Ricky. Mittwoch keine Party gemacht. Ha, Wann bist du ins Bett gewesen? Ich bin relativ... Also, ihr seid alle schon im Bett gewesen. Ich bin, glaube ich, am Morgen, ich glaube schon 2 geworden, wo ich habe mit dem Domi, weil der Domi ist auch wieder seit langem dabei gewesen, der Eversis-Drummer. Mhm. Noch draussen ein bisschen am Schneddern gewesen. Das war sehr schön. Ja. Gewesen. Wir haben einfach kalt gehabt und Bier getrunken. Das ist war geschneddert. kühl gewesen, ja. Das war sehr schön. Gewesen. Und dann bin ich früh ins Bett, also um 2. Ich glaube, ich bin auch so um die 1 ins Bett gewesen. Ja. Halt. Ja, ihr seid alle schon im Bett gewesen. Ja, 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 meist bin ich weil- auch schon geschlafen. Ja. Alle schon im Bett gewesen. Und Nein, ich ich bin kalt einfach gehabt. gemütlich rausgekocht und habe ein Mhm. bisschen geschneddert. ja. Haben wir eben früh, also nicht früh aufstehen, aber gut aufstehen am nächsten Tag. Für was? Musik. Ja, aber Homeboy, die Donnerstag. fängt am fucking 2 an. Ja. Habt ihr den Alpan Bläser mitbekommen? Nein, haben wir nicht, weil wir ja Nein. Gott vertellen nicht in das scheiß Infield reingekommen sind, Mhm. weil irgendwie die gottverdammte Uhr Drache dort gestanden ist. Links und rechts vom Drachen hat es etwa je 10 bis und 15 das Beste Eingangsmodule gehabt. Dann kommst du dort an und Aber es hat dann nur einen offen gehabt. es sind so gell? 2 offen gewesen, eins Ja. links vom Drachen, eins rechts vom Drachen. Dann steht dort einfach so eine riesen Menge Menschen und dann kommen sie auf die Idee, ja, Männer links vom Drachen, Frauen rechts vom Genau, Drachen. genau. Und ich stehe rechts vom Drachen und denke mir so, Gottverdammt, wie haben ihr eigentlich das Gefühl, Genau. dass ich jetzt da links rüberkomme, wo 1000 Leute stehen? und Im Fall, Sache- ich bin das erste Mal dort gestanden und habe mich überlegt,
ob ich jetzt Transgender bin, weil ich gesagt habe, wenn jetzt da vorne nur Frauen reinkommen, bin ich eine. Aber das Thema ist... Gott, was für ein Scheissdreck. Und ich bin noch nicht fertig, Ricky, kannst die Hand abnehmen. Ja, Ich mal bin jetzt dran. ragen. Und dann ist es so gegangen. Dann ist links von mir gehört plötzlich ein paar nach dem Security schreien. Der Security dreht seinen Arsch nicht mal vielleicht um, bis irgendwann einer flucht, wegen da ist gerade einer zusammengefallen. Ist auch noch nichts passiert. Nachher hat irgendeiner, glaube ich, vorher der Security packt, ihn über die scheiß Bande gezogen, dass dort mal einer checkt, dass etwas los ist. Jesus. Dann haben sie den zurückgenommen, übergepackt und dann haben sie die Leute reingelassen. Das war alles etwa 5 Minuten vor Zebra Head. Oh, das ist aber hure nicht Also, gut. Es ist jedes Mal so. Jedes Mal am Greenfield ist vor der ersten Band sind alle überrascht, dass die Leute ins Infield wollen. Gottverdammt, ich frage mich wirklich, wieso. Es hat so eine riesige, es hat wirklich Ich habe noch nie so viele ja. Eingänge und es ist nie einer offen. Was zum Arsch machen die? Ich habe noch Sonst nie ist es so wirklich lange ein gutes Schlange Festival. Aber die verfickte Scheiße ist einfach jedes Jahr das Gleiche. das aber kann es- ich dir leider nicht beantworten. Alle sorry. Leute sind da gestanden und haben das Gefühl, ja, wäre mal etwas Neues, wenn wir reinkommen auf die Ja, erste aber- Band. Oder? Aber sie haben es dann nicht gecheckt, wo die Alphorn Bläser anfangen zu spielen haben. Nein. Dann haben sie es dann nicht Nein, ich habe dir, machen. ich habe dir, Später, ich habe dir, später. Ich habe gehört sagen, dass sie nachher irgendwann auch gar nicht mehr die Kontrolle richtig ja, Ja, das genau. war genommen dort, gewesen, wo nachdem der andere Ja, nachdem der andere reingenommen haben. Die Bläser sind eigentlich fast fertig gewesen. Also, ja. Bläser. Ja. schade. Eben, das ist ja das, So. dort, wo ich dir ich habe dir das Video geschickt. Ja, sie hatten auf jeden Fall ein Schweizer Kreuz gehabt. Was? Sie haben eine Schweizer Fahne auf. Schon? Ja. Das Publikum hat das- Aber das Lustige war, eben das mit dem System mit Frauen Das ist rechts schon und Männern dumm, links. nicht? Es ist auch Du nie hast- angeschrieben. Du hast nichts davon gewusst, bis du dann zu der Vorne Person gewesen gekommen bist. bist. Und sagst aber, ja, nur Frauen da. Ich so, what the fuck, right, einfach schnell über. So, ja, ich bin Und dann einer. hast du vor allem links ja wieder, also auf der anderen Seite Ja, wieder müssen ja, mega es ist lange so anstehen. voll. Du wärst ja gar nicht übergekommen, weil die Frauen, die da gestanden sind, hätten ja auf die Seite müssen und die Ja. hätten auf die Seite. Es war so dumm, gewesen, wirklich. Ja, also, du, wenn das System einführen cool, aber einfach anzeigen. Also, Ja, irgendwo klar ja, signalisieren. voll. Aber es ist halt, ich kann jetzt wie niemandem einen Vorwurf machen, weil je länger dass ich im Arbeitsleben tätig bin, weiß ich, dass egal in welcher Firma das du schaffst, niemand kann kommunizieren. Also wird es im Greenfield wahrscheinlich auch so sein. Wahrscheinlich einfach. Es wird an jeder Veranstaltung so sein, dass die Leute, die an der Frontline stehen, nicht wissen, was die Leute, die es planen wollen. Genau. Von dem her, was sonst? Sonst ja. Aber das ist etwas, wo mir einfach generell so ein bisschen Sorgen macht, wenn du doch weißt, es ist der erste Tag, die Bands fangen um 2 an, dann solltest du doch vielleicht am 1 anfangen, ein bisschen mehr Leute an den Eingang stellen, Nein, die ich Leute kann reinlassen. auch, also bei AB Safe Last Breath am Samstag habe ich auch Angst, dass ich es nicht schaffe, die Kamera zu holen, weil es wirklich einfach, es war immer gewesen, halt, bevor die erste Band anfängt, sind wirklich 2 Dings offen gewesen. Immer. Und ich so wie, fuck, ich muss eine neue Kamera holen. Weißt du, es wär ja weniger peinlich, wenn nicht 15 Türchen dort würden stehen. Ja. Ich habe nie mehr als irgendwie 5 Türchen offen gesehen. Und Securitas, die gerade dort chillen. Das ist gut. Ja, kannst du aufmachen. Ah ja, Ist so anyway. kein System im Lidl. Scheißegal. Aber ja, Wir sind dann reingekommen. wir sind Was war für euch ein Highlight vom Donnerstag? Donnerstag. Warte schon, was hat alles gespielt am Donnerstag? Gehen wir mal Am chronologisch Donnerstag durch. ist das Highlight definitiv. Bläser sind zuerst gewesen. Alphorn Bläser. Den Zebrahead. Machen wir Eiger, Jungfrau Eiger oder? Ja, also Zebrahead zuerst gespielt und dann ist XOXO. Stimmt. Von der Zebrahead, Zeit genau. her. XOXO nachher. Iceland Kills, On People, Alter Bridge, Throne oder Ich Remember, Touche Amore, Offspring, President und Sabaton. Genau. Mein Highlight war der Ricky, der ist Throne schauen. Und ich, der auf dem Campingplatz war. Und der Ricky, der eine halbe Stunde später wieder da steht und mir sagt, Bro, die Throne ist fucking boring. Hast du sie nicht gut gefunden? Look, Aber nein, weißt du, wieso ist mein Highlight gewesen? Weil der Ricky hat mir genau das gesagt, was ich schon lange bei Throne bemängle. Okay, und das ist was? Es ist einfach immer hässig. Und wenn es ist, wie der Sido schon gesagt hat, wenn nichts schön ist, ist auch nichts hässlich. Wenn alles immer hässig ist, ist es nicht mehr hässig. Nach 2 Songs ist Throne nicht mehr hässig. nein, also ich weiß nicht, also es gibt Sachen, wo ich selber mit Logik nicht kann erklären kann. Weil Amex bei einem Konzert hast du einfach so ein innerliches Feeling, das du nicht wirklich kannst beschreiben kannst. Das heisst, es kribbeln oder fucking du spürst wirklich etwas, oder? Es packt dich. Und bei Throne spüre ich 0. Und es ist nicht das erste Mal. Es ist einfach aufgesetzt hässig ich und habe nach die 2 live Songs nicht mehr gesehen im hässig. Kiff und ist so, ich finde bei der Musik geil, aber live es ist so wie als Es zündet nicht. genau. Weißt du Und wieso? Weil es ist nicht authentisch. Ich weiß aber nicht, was es ist. Ich glaube High Road to Hero ist sehr authentisch hässig. einerseits Throne ist auch die Band von Buster Oderholm, der Drummer.
der ist der Mastermind vom Ganzen. Und der Sänger ist für mich so wie ein Puppet, weil der Bruder ist irgendwie... Keine Ahnung, ich spüre nicht so wie den Hass und die Emotion, die ich keine Ahnung, bei Unity TX, Get the Shot, Hire the Hero, Aber es ist nicht authentisch. I Kill the Prom Queen. Ich weiß auch nicht, es ist so wie ein bisschen... Ich finde die Musik von Frauen geil. Deswegen ist so für mich so Ich habe es mega geil gefunden. ist so eine Ja. Contradiction, Musik. innerliche Contradiction. Ja, Schnauzpudi und der Es ist einfach- Vollbrattan sind völlig Es ist, einfach abgegangen zu wenig, dort. es ist einfach zu wenig Punk. Also Für ich... dich sowieso. Nein. Also nein, ich finde so Musik schon gut, aber es ist, Throne ist wirklich einfach, es hat meiner Meinung nach zu wenig Dynamik drin, dass ich es interessant finde finden. Es langweilt mich wirklich nach 2 Songs. Ich höre einen Song und finde, der Song ist geil und er läuft und ballert, aber dann... Es Ballern zu viel. Nein, es ist nicht zu viel Ballern. Heaven Shall Burn ballert auch Hure, aber dort hat es irgendwie noch eine Dynamik drin, dass wieder mal etwas oben runterkommt oder irgendwie etwas ändert. Und bei Throne ist es einfach wirklich literally die ganze Zeit so ein High-Volume-Geballer. Das könnte vielleicht sein, vielleicht ist es zu perfect live und mir fehlt ein bisschen der menschliche Touch, weil Vergleich mit ähnlichen Musik und ähnlichen Bands kann ich... Also Weiss- das eigentlich, was Offspring zu viel gemacht hat, zu viel gelabert. Gut, Offspring kann ich aber nicht Nein, sehen, es weil ist ich habe nicht ihn das nicht aber es ist das Spielen. aber egal. Aber Throne, die haben gut gemacht, aber es hat mich einfach leider nicht gepackt und ich bin gegangen. Es catcht mich eben auch einfach nicht. Ich habe es auch schon zweimal gesehen und das Und ich hat habe mich schon nie zweimal... Es ist so, wie ich versuche immer wieder mal eine Chance zu geben, weil ich weiß nicht, vielleicht packe ich es mir wieder oder nicht, aber diesmal nicht. Aber, warte. Also, fangen wir sonst mal vorne. Wie hast du die Alphorn Bläser gefunden? Ich habe sie Hast du mir absolut vorher super zugelassen, du gefunden. ein Bias oder was? Hast du aber nicht gefunden. Bist du bei dir? Ich habe sie geschaut. Ja. Ich habe sie geschaut. Sorry, Ricky. Und es ist halt jedes Jahr immer wieder mega yes, wenn man die Alphorn Bläser sieht, weil, vor allem wenn man halt auf der Stage ist und es dann halt wie von oben runter sieht, wie die Leute dort sind und halt alles Mögliche macht, so Sound, wo du denkst, es passt gar nicht und es ist einfach immer mega Ich habe herzig. das Gefühl, bei den Alphorn-Bläser hört man auf der Bühne auch etwas. Man hört sehr viel, man hört das ganze Publikum. Was ich schon gehört habe von der Alphorn Bläser, als ich reingelaufen bin, ist, dass sie so ein paar Covers gemacht haben von so bekannten Rock-Songs. Also. Kann sein, aber so aktiv habe ich das noch nie gehört. Ich glaube, so Enter Sandman, als sie im Spiel waren oder so. Maybe. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, nach der Alphorn Bläser war dann Zebrahead, oder? Die habe ich aber auch nicht gesehen. Die Weil sind ich bei XOXO war. selber Ich ist- mit denen ist unterwegs gleichzeitig gewesen, zum... Ah, Nein, aber ich habe ja mit Content gemacht mit denen Mhm. für Screenfield. fair. Und dann bin ich wie mit denen unterwegs gewesen und habe ich nicht Zeit gehabt. Hast du Zebrahead schon mal live gesehen? Ja. Ja, hast du wie immer. Mhm. Stabil. Ja, sie sind gut, einfach Party, lustig. Die sind einfach lustig. Also, die sind auch die ganze Zeit auf dem Gelände unterwegs und mit denen kannst du einfach so dermaßen einen reinsaufen. Das ist... Mir ist gerade mein Highlight vom Festival eingefallen. Oh ja. Yeah. Also vom Gesamten oder vom Ja. Donnerstag? Vom komplett gesamten Der Festival. Pause für am Schluss. Nein, mache ich nicht. Weil... Wenn man das dann... Nein, Klipp, das das ist das das Highlight. interessiert niemand. Weil mein Highlight ist etwas, was wirklich nur mich selber interessiert. Und zwar, es ist mega herzig, weil mein WK-Homie, wo ich jeden WK damit gemacht habe, den ich schon mega lange nicht mehr gesehen habe, weil er in Neuseeland wohnt, hat einfach so mir nicht gesagt, dass er dort ist. Und plötzlich ist er am Greenfield vor mir gestanden und hat gesagt, hallo, schau, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich nur so, Bruder, ist das dein Ernst? Das war mein absolutes Festival-Highlight gewesen. Das war herzig. Ja. Weil der Brüder ist wirklich. Ich habe zuerst mal gar nicht gecheckt, dass er es ist, weil der ist ja in Neuseeland am Wohnen. Er ist jetzt einfach da gewesen. Wie lange bist du da gewesen? Schön. Ja, ich glaube schon 2 Jahre in Neuseeland. Ah. Da hat er einfach so gehabt. Und dann hat er mir gesagt, boah, leck, sind die alt und fett geworden. Das habe ich lustig gefunden. Danke, Lara. Ja, das war mein Highlight vom Ding. Nein, das war funny. Zebrahead war cool. Mhm. Sie sind halt solid. Ich kann es nicht mehr in Erinnerung, to be honest. Aber ich habe das andere nicht. Es ist auch nicht so ein Auftritt gewesen, der dir in Erinnerung bleibt. Es war einfach wirklich ein guter Start ins Festival gewesen. Ich fühle mich viel mehr wie ein Hater das Jahr. Fun. Ich weiß auch nicht warum. Das liegt an deinem Bandana, Alter. Ja, also ich bin wirklich... Das ist ein Cholo. Ich bin noch nie so judgmental gewesen wie an dem Greenfield. Aber ich bin sehr ehrlich für was ich wirklich gefühlt habe. Dann und tu was doch ich mal nicht gefühlt- Judgmental sein gegenüber XOXO, wo die nächste Band war. XOXO hat nachher gespielt. Yes. Erste Schweizer Band. Auf der Cowboy Disney Princess. Ja. Das Und Outfit war geil. Sick as Der fuck. Hut war so geil. voll. MVP, die Snare. Drummix ist hart gewesen, ist hart gegangen und die Snare hat einen geilen Pin gehabt.
Also definitiv sehr geil. Und ja, allgemein ein starker Start. Also für Greenfield. Eben erste Schweizer Künstler. Also außer Apron Blazer. My bad. Ja. Und dann. Ja, sag noch etwas. Entschuldigung. Es ist einfach lustig, es sind mega viele Leute vor der Bühne gestanden bei XOXO. Mhm. Und es hat gescheppert wie Sau. Mhm. Und ich komme immer noch nicht raus. Ja, Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Ich finde, es klopft, es chattert wie Sau. Ich finde es geil. Mhm. Ich check's einfach the fuck nicht, Mann. Ich check nicht, was dort abgeht. Ich könnte dir nicht sagen, was sie musikalisch auf dieser Bühne machen, weil es tönt einfach massiv. Es kommt viel entgegen. Mhm. Ich spiele selber Gitarre und Bass. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss, dass eine Gitarre so tönt. Ja, voll. Nein, ich Das ist glaube, crazy. je mehr ich Hardcore höre, desto mehr merke ich, dass fucking der Range einfach huge und riesig ist. Die Hardcore-Bands sind einfach komplett anders als andere. Und von dem her. Du spielst mehr Gitarre wie ich. Kannst du mir erklären, wie man eine Gitarre so tönen lässt? Okay, kannst du auch Nein. nicht. Top, next. Ja. voll. Und wer hat noch nachgespielt? Nachher war wieder bei der Jungfrau-Stage. Ja, nachher war es 1-9 Kills, die mich nicht so fest interessiert haben. Ah, der Sollen Sie schauen? Hollywood-Band. Hat er reingeschaut? Ja, die einfach eine geile Show haben. Ja, bitte. Wo Es aber ist schon cringe. Lächerlich ausgesehen. Ja, Im Es Hellen. hat so Horror-Zeugs halt. Ja. Ja, es sieht einfach lächerlich aus im Hellen. ja. Irgendwie. Ja, vielleicht. Schon geil. Es sieht aus wie so ein Puppentheater. Ja. Ja, schon. Wo auf Strings siehst. Eben. Aber ist da der Clown? Der Clown ist gerade dort dabei gewesen, da von dem, know. der Art. Ich heisst er, habe, glaube ich, etwas gegessen und sie im Hintergrund gelassen. Ich habe nicht so fest geschaut. Also, sie sind nicht einfach immer das Theme von der letzten Horrorfilm, der groß ist, oder Ja. Ja, die ein, Sie aber haben den Soundtrack was gemacht ist für den das, einen Film. Alter? Das ist ein Junikäfer. so? Unikäfer. der ist aber ganz komisch unterwegs. Ja, Ja. das ist ein Junikäfer immer. Aber das ist Ich hasse drunk. die Viecher. Nein, der ist einfach irgendwo Der ist reingeflogen und dusselig. darum liegt er jetzt da so verwirrt auf dem Boden rum. Mhm. Aber Ice Kills ist nicht so mies, to be honest. Aber dass Habe ich der nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Nicht City gehört. Boy das nicht kennt, ist mir fast schon Wunder. Also, ich kenne es schon, aber ich habe nie wirklich gepackt. Plus, ja, keine Ahnung. Ich bin irgendwie ich habe eine Love-Hate-Relationship mit Masken und also so Gimmicks. Entweder liebe ich es oder ich hasse es. Sie haben keine Masken. Ja, also der Clown. Fucking Ja. Clown, wo Ja, da- der Clown ist ja nicht das Bandmitglied. Ja, aber es ist ein Gimmick. Es ist so ein. Das ist Teil ja ihre von- Show, das ist Genau, ein Teil genau. davon. Weil Genau. sie haben ja eben für den Horrorfilm haben sie ja die ganzen Songs auch geschrieben. Deswegen ist der Clown auch dabei. Sie haben die Musik für Ja, den Film. Das habe ich also- nicht gewusst. Okay, Das ist das, was ich hören okay. kann. Ob das zu 100% stimmt, Das habe ich nicht gewusst. I don't know. Ja. Aber ich weiß, dass sie für den einen Horrorfilm dort Songs gemacht haben. Okay. Yes. Alright. Bist du gefunden? Wie gesagt, ich habe sie nicht geschaut. Ich habe Ja. einfach etwas gegessen und ein bisschen zugelassen. Mehr habe ich nicht gemacht. Ah, der Käfer ist wirklich dumm. Ja, es ist ein Junikäfer. Mein Gott, sind die noch nie voraus gewesen? Mal, eben leider. Plötzlich die Kamera. Hey, Bro. Hey, Bruder. Okay, next ja. one ist. Wir müssen reingehen, weil sonst können wir das nicht weiterziehen mit diesen Hurenkäfern. Weil sie kommen wahrscheinlich noch mehr. Okay, geil. Nein, aber das kriegen wir her. Also, Next one ist Unpeople. Gewesen. Müssen wir Band jeden für machen. Bands durchgehen? Es geht mir das nämlich ist jetzt schon fucking fast auf den Greenfield Sack. Recap, Mann. Ja, aber wir können einfach so Day-Recaps machen, was Ja. wir an diesem Tag gemacht haben. Das finde ich fast Also, ein weil bisschen cool. am Donnerstag habe ich genau XOXO gesehen. Wisst ihr was, ich vergesse nachher, welche Bands da während Du kannst ja dann den Tag Kannst du anschauen da und sagen, was du an dem nachschauen. Tag gemacht hast. Also, Also an diesem Tag habe ich XOXO gesehen. A Day to Remember, was ich ziemlich geil gefunden habe. aber wenn wir nachher überkommen, dann verlieren wir die gemeinsame Timeline, wo wir können nachher noch Ja, durchgehen. okay, ist gut, machen wir alles durch. Eben, da Los. kann jeder etwas sagen zu der Papa Band. Ricky hat gesprochen, wir können ihn sind. nicht davon abhalten, let's go. Jetzt löhnt doch den Käfer in Also, die ja. Tür. Das soll mich nicht Unpeople. angreifen. Er greift dich ja nicht an. Was haben dann People wieder... Oh ja, Unpeople! Junge, wenn du jetzt das Geil. durchgezogen hättest, wäre ich glaub, Geil, aufgestanden okay. und heimgegangen, Kollege. Unpeople ist, bin ich nur gegangen, weil du gesagt hast. Ich Und soll's hat sich's abchecken. gelohnt, hat sich's gelohnt. Wie Sie hast- sind gut wie gesehen. Hat hast du's- sich's gelohnt. Wie hast du es beschrieben? Weird as fuck, Alter. Zwischen Periphery und... Yellow Card Periphery, Alter. Yellow Card und Periphery und es trifft zu. Es war crazy. Sehr... Goddammit, verpiss dich. Hey, nein, löhnt doch den armen Käfer in Ruhe. Du ihn retten? Nein! Ja, genau so. Sehr schön. Ja, nachher... Ich bin jetzt gerade absolut impressed, dass der City Boy ein Junikäfer also, Angelenkt aus hat. Nein, nein, nicht Du tust angelenkt beißen, oder? hat. Du tust Nein, nein. Puh. Das Also, sind tut mega... so knabbern. Nein, das sind mega herzige Nein, Viecher, sie die tun machen knabbern gar im nichts. Fall. Okay. Also Aber mich der hat's nicht Ricky genommen. hat jetzt einfach gerade das Käferli aus der Luft gemacht, gepackt. Ricky.
holy shit, er hat einfach aus der Luft gepackt und dann so aus dem Balkon Bruder, rausgerührt. ich bin City Als Boy, ob du aber das ich schon bin im mehrmals Pfadi gemacht gewesen. hättest. Du kannst nicht in Pfadi sein, Also- also, zu grosser Cityboy. City Boy Pfadi, Alter. Unpeople, beste Band ever, bis du schon Es- Amore es gespielt ist hast. sehr cool Holy gewesen, fuck, also wirklich- sexy. Real. Es ist Richtig- einfach Ich habe etwas verpasst. Oh ja. Richtig geiler Guitar-Tone. Es Richtig ist so geiler wie Gitarre-Ton. twangy, nicht crazy distorted, aber es ist so näher am Breakthrough Es von hat Distortion. einfach gefickt, Alter. Es hat einfach Es gefetzt. hat richtig Es war ein Dynamik gehabt. Popsong gewesen und dann plötzlich kommt Ja. genau das ist es. Es hat Leben gehabt, die Musik hat Leben mega, gehabt. es hat mega Leben Es hat einen Popsong gehabt und dann plötzlich macht es einfach. Ja, voll. Es hat Range gehabt. Es war fucking sick gewesen. Und nachher haben sie einfach noch selber ihr Zeug abgebaut von der Bühne. So Geil. real Humble. ist die Real. Band. Australien, oder? Nein. Nein. Wie kommst du auf Australien? Ich weiß nicht. Ich habe gemeint, es ist in Nicht alles, Australien. was cool ist, kommt aus Australien. Nein, wo sind die? England. Probably. Soll ich googeln? Wenn sie gesagt haben, sie sind aus Manchester, sind sie wahrscheinlich aus England, ich ja. hätte können. Ich habe gemeint. Ah nein, Prom Queens in Australien, sorry. Ich habe gemeint, irgendwo habe ich Australien gehört. Und People sind von. Ja. Ich sage, die hören mir nicht zu. On People. Das wissen wir nicht. Aber ja, ist cool. Sie hören mir nicht zu. Coole ne? Vibes. gewesen. Keiner von beiden haben wir jetzt gerade Wirklich zugelassen. Original, muss ich sagen. Niemand, sie wissen nicht mal, dass ich es gesagt habe. Sie kommen nicht einmal auf die Idee, dass ich es könnte gesagt habe vor etwa 2 Ja, Sekunden, also- weil sie mir nicht zugelassen. Sie haben mir so London. nicht zugelassen. Ja, falls ich London. komme von London. Sie haben gesagt, sie kommen aus Manchester. Ah, Stadt London. Er hat gesagt, sie kommen aus Manchester. Wem Okay. glaube ich jetzt? Im Internet oder im Sänger? Alright, my bad. Das steht auf der, das steht auf der Greenfield-Seite. Ja, das hat. Ist mal Lebanon auch von Manchester? Ja, Greenfield hat die Infos Nein. ja von ihnen. Blöd, keine Ahnung. Also das Infos hat es wahrscheinlich irgendein Booking Agent Alright, weitergegeben. Er hat gesagt, sie sagen aus Manchester. Alright. Aber dann On People. Wer hat nachher noch gespielt? Nachher war Dings. Gewesen. A Day to Remember. Alter Bridge. Yes. Oh, Alter Bridge. Lieb's. Ich muss sagen, es ist eine Band, die ich schon lange kenne, aber die ich erst in letzter Zeit reintaucht bin und die haben delivered. Also ich muss sagen, weil du hast wirklich, die haben sogar technische Issues gehabt auf der Bühne. Plötzlich ist die Gitarre von Tremonti nicht gegangen. Dann hat der Miles Kennedy einfach den Riff nachgesungen, so Jan. Und nachher ist er rausgefallen durch das, oder? Hat nachher seine Lyrics vergessen. Und ist einfach so menschlich gewesen, habe ich mega cool gefunden. Und einfach, was für Stimme. Ja, ich finde es wirklich Was ist schade, dass die Band mich so nicht catcht, wenn der Mark Tremonti und der Miles Kennedy drin sind. Das macht mich psychisch fertig. Das ist eine Band, wo die 2 Leute drin sind, dass ich das einfach live so ein bisschen lame finde. Fair. Weil ich habe sie schon, als sie mit Hailstorm gespielt haben, hat Hailstorm sie einfach kaputt gespielt. Also Alter Bridge ist mir auch lange Zeit. Das war gut gewesen. Das war ein guter Mega. Auftritt gewesen, aber ich habe es einfach ein bisschen, Mega. das hat mich nicht gecatcht. Ja, das gut gefühlt. Ja. Voll. Du? Habe ich nicht gesehen. Sie hat nur XOXO gesehen, Ricky. Ja, Das ist okay, du ihr okay. eigentlich. Bin ich der Einzige, der XOXO, irgendjemandem zugelassen hat? Throne habe ich gesehen. Stimmt, ja. Nicht Throne Spoiler, habe ich nicht gesehen, weil Spoilers. nachher ist eben, nach Alright, ihnen ah, sind Throne. Throne gekommen. Alright, erzähl mal Die Throne. sind, ich habe sie super gefunden. Ist okay, wenn ich sie nicht gut Nein, gefunden nein, habe. Ich habe sie der super Ricky hat mir gefunden. gesagt, ich soll es nicht spoilern. Spoiler, weil ich weiß Was soll ich nicht, denn was sie jetzt- gesehen hat und was sie nicht Sie hat ja gesehen vorher gesagt, dass sie von nur die der 2 Anfang- Und Bands ich habe gesagt schon hat. vergessen, deswegen lass sie erzählen. Das sind sogar 4 Bands Es gewesen ist am eine Donnerstag. super Fähigkeit, ich sag's dir. Ja. Anyways, Throne. Ja, ich habe sie super gefunden. Mhm. Ja, und nachher war A Day to Remember. Gewesen. Mhm. Die sind Ja. einfach immer gut. Ja, aber ich habe es einfach nicht abgekauft. Ich bin ja. Was? Ich habe es nicht abgekauft. Alles? Alles. Ja, weiß auch nicht. Ich hatte ja auch. Es hat einfach so abgewichst gewirkt, ein bisschen. Es hat so ein bisschen abgewichst. Das ist nur so ein Spürchen. Es ist cool gewesen, es hat Spaß gemacht mitsingen und alles. Es hat ein bisschen abgewichst gewirkt. Ist das die Band, wo der Bruder im Schiff gekommen ist? Nein. Nein. Mhm. Das ist, Okay, mal wer. Im Schiff? Ja. Das war eine andere Band. Aber kommen wir nachher dazu. ich erkläre es nachher, keine Ja. Angst. Ich habe es im Okay. Griff. Aber, ja. Alright. Also ich habe ein bisschen gelost und gefunden cool und ich bin im Camp A gegangen. Day to Remember ist Mr. Bean Meme und Voll. Das Coole ist, dass sie die guten Songs am Anfang gespielt haben. Und nachher... Sie haben nur gute Songs. Ja. aber nachher bin ich gegangen und ich so, okay, ich habe ein paar Songs gesehen, ist cool, aber... Es hat nicht gezündet, Alter. Ja, es weiß hat auch nicht gezündet. Am Donnerstag hat nichts gezündet. Man muss sagen, ich muss aber sagen, Amex ist wirklich Hit or Miss gewesen mit den Mixes auf der Mainstage. Bei gewissen Bands haben es mega gefühlt und bei anderen einfach gar nicht. Aber ich muss wirklich sagen, das erste Mal, als ich gemerkt habe, dass es gezündet hat, ist am
Samstag, ist am Donnerstag, ist am Freitag gewesen, bei irgendwie Du hast Itchy gerade 3 oder Tage Adam. Bei gesagt. Itchy. Ja, Aber welcher Tag war es? am Donnerstag bei Itchy oder Adam Angst gehabt, verdammt ich, lass mal zu lernen. Adam Freitag Angst. haben die gespielt. Alright. Wir kommen dazu. Ich mache mich psychisch fertig heute. Alright. Es ist unglaublich mit euch zwei. Ihr verdammte hure Hühner. Es ist I richtig don't schlimm. remember. Yes, ich habe sie super gefunden. Alright. Ich habe es einfach geil gefunden, dass sie die ganzen Songs gespielt haben. Mhm. Das habe ich nice gefunden. Lea ist schnell zufrieden. Ja, Ja. Finde ich gut. Also ich, aber ich glaube, wenn Finde ich schön. du allgemein nicht so viel Zeit hast, den Tag durch, dann bist du mega happy, wenn du dann nachher dazu kommst, ein paar Bands zu sehen, wo du eigentlich Fan davon bist oder ein paar Songs kennst und die gerne hast. Was passiert? Der Ricky hat wieder irgendwie... Licht. Er hat nicht die Sonnenwelle für eine... Lampe sind Stimmt, wir leicht Sonne. durchgekommen. Yes. Wenn dann die Möglichkeit dazu bekommst, die dann mal zu sehen, wenn du Zeit hast oder Pause machst, dann ist es wie geil. Das ist Ja. schon so. Deswegen, du schätzt es ganz anders, wenn du mal dazu kommst, Bands zu sehen. Und vor allem, wenn du dann auch mit deinen Leuten das kannst schauen. Das kenne ich. Mich hat es nämlich angeschissen bei Save Last Breath ein bisschen. Es war bittersweet. Ja. gewesen. Ja, ich habe es genossen. Kommen wir später dazu. Ja. Nachher ist am... Aber muss ich sagen, also, Sorry. I don't remember, ich has halt nie so die Connection gehabt, als ich jung war. Das war zu poppig für mich. Deswegen ist es auch so. Das ist so, es ist Popmusik. Ja. Das ist geil. Aber ja, Am Ja. Slam Dunk letztes Jahr habe ich sie wesentlich besser gefunden. okay. Es ist Aber amigs- es ist nicht schlecht gewesen. ja, es ist amigs auch so eine Mischung aus State of Mind, der Moment, die Energy. Ja, es hat einfach, es hat Mix. beim ganzen Publikum glaube ich, auch nicht Alles. gezündet. Vielleicht bin ich ein bisschen Also, weit hingestanden. Aber Wie Ich gesagt, bist ich, einfach am falschen Ort gewesen. Das macht hure viel aus. mhm. also ich habe auch das Gefühl gehabt, das Publikum ist langsam wärmer geworden. Gegen da oben. Ja, voll. Und auch halt immer quasi am nächsten Tag immer mehr. Ja, Und am voll. Samstag explodiert. So wie es ist recht lauwarm am Anfang mit den Leuten, habe ich das Gefühl gehabt. Obwohl das Schweizer Publikum auch nicht dafür bekannt ist, um mega passionate zu sein. Aber schon. Frag mal Hiro the Hero, der hat ganz eine andere Meinung zu dem Thema. Also das habe ich auch fucking lustig gefunden, wie jede Band gesagt hat, das ist die beste Crowd, die wir je gespielt haben. Mindestens haben ein paar Leute gesagt, Das sagen das sie, ist die glaube ich, beste immer. Crowd, die wir jemals am Greenfield hatten. Und ich so wie, Ja, das habe ich Papa So, Roach ja. geglaubt. voll, das glaube ich. Offspring hat das, glaube ich, auch gesagt. Aber amigs, Offspring wenn ich sagt, sage, so wie, Offspring muss gar nichts sagen. Die haben genau die gleiche Show abgezogen. Die haben genau die gleiche Scheiße gelabert wie im Hallenstadion vor einem Hey, halben dort Jahr. kommen wir nachher gerade Ja, her. wir Aber kommen- zuerst dazwischen wir kommen wir sehen. noch zu einer Band, die, glaube der Bella ziemlich geil gefunden Touché hat. Amore. Ja, und ich der Ricky eigentlich immer noch könnte mindestens 2 Buy-Ups sagen. Wieso? Weil er da gestanden ist und das Gefühl gehabt, boah, hure boring. Und dann weggelaufen ist. Obwohl es die erste Band war, die wirklich so hure sick Ich war. habe machen die für Sound? eine Chance gegeben. Sad Punk. Post-Hardcore. Ich weiß Und der nicht. Bella so wie, weißt du, musst ein bisschen Post-Hardcore in Towers reinbringen. Und ich bin am Hören so wie, nope. Nope. Das ist halt wirklich Das nicht ist kein Post-Hardcore. Das ist so wie- okay. Ich glaube, der Unterschied ist, es hat so Elemente, die ähnlich sind mit so Melodeath und Black and Death Metal. Aber ich kann gerne mit Melodeath und Black Metal und Core trennen. Du hast einfach keinen emotionalen Tiefgang. Du hast so viel emotionalen Tiefgang wie ein warmer Herdöpfel. Weißt du, ich will, Wenn es um Musik geht. es ist der Nordic muss separat sein vom Breakdance. Hm. Für mich. Es sind 2 unterschiedliche States of Mind für mich. Also, weil ein Nordic war, weil das jetzt nicht drin kam bei Touché Amore. Also all der ganze Shoegazy und Reverby und Dings, Mhm. wo halt Mhm. mit Black Metal ist. Oder ist halt ein Es ist im Fall nicht Black Metal, es ist Shoegazy und Black Ja, Metal. haben sie Shoegaze genommen. und Black Metal hätten wir so Aber lang. es kommt vom Shoegaze, Wie nicht vom hast Black du es Metal. denn gefunden, Bella? Fucking Six ist die erste Bank, die ich richtig geil gefunden habe. Ja. Ich bin da gestanden, habe absolut jedes Lied genossen. Ich habe den besten Moment Aber von du meinem hast- Leben gehabt, am Festival. An dem Unpeople Festival hast du nicht so gut gefunden? Mal oder? und People habe ich auch Aha. geil gefunden, aber die Bis sie Band dann haben mich gekommen richtig sind. mitgenommen. Das ist Alright. wirklich crazy. Unpeople ist einfach cool gewesen. Unpeople ist eine Festivalband. Ja. Du gehst nicht hin, du hast eine gute Zeit, du gehst heim. Touché Amore ist ja, das macht jetzt etwas mit mir Band. Du gehst Cool. nicht hin, du hast eine schlechte Zeit und dann bist du aber trotzdem irgendwie happy und es ist schön. Und du stehst dort und die Sonne geht unter und es wird alles so ein bisschen sonnenuntergangig und ein bisschen melancholisch und dann ist dort die Band, wo der Sänger irgendwie happy ausgeht wie Sau, aber darüber singt, dass er jetzt dann sich das Leben nehmen will, weil irgendetwas in seinem Leben nicht so gut läuft und das Ganze so richtig, es ist wirklich einfach nur geil gewesen. Es ist wahrscheinlich der
ehrlichste Applaus vom ganzen Festival gewesen. Ja, und ihr hört wieder nicht mir zu, Mal, weil ihr den ich höre Unikäfer zu. zuhört. Jetzt kommen wir mehr. Wir werden jetzt gerade angegriffen. Nein, aber, Erzähl weiter, Bella. also du hast eine emotionale Connection gehabt mit der Band. Nein, ich habe nicht eine emotionale Connection mit der Band. Ich lasse sie fast nicht. Aber einfach am Festival hast du sie... Ich habe die Band zweimal gesehen. Zweimal auf der gleichen Bühne, zweimal am Festival und zweimal bin ich da gestanden und das Gefühl, fuck, ich muss mehr Touche Amore hören. Alright. Hast Weil du, es ist auf der schreib dir CD, das jetzt auf deine es ist auf To-Do-List der für das CD, Jahr. ich finde es auf der CD gut, aber es hittet live einfach viel Aha. mehr. Es Ja. ist live wirklich einfach so geil. Und es ist wahrscheinlich der ehrlichste Applaus vom ganzen Festival gewesen. Von dir oder von den Vom ganzen Festival, weil ab der Hälfte hast du einfach Leute gesehen weglaufen. Es hat relativ viele Leute am Anfang und hast einfach Leute gesehen weglaufen. Ich bin Leute nicht gesehen so weglaufen. Leute gesehen weglaufen. Nein, alle sind zu Offspring über. Aha. Weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass die Halb-Headliner, dass die Co-Headliner besser angekommen sind beim Publikum mit Headliner selber. Es sind alle zu Offspring über und am Schluss sind, glaube ich, wahrscheinlich noch etwa 300 Leute dort gewesen, bei Touche Amore. Und die Band hat es keinen Meter interessiert, die haben einfach weitergespielt und haben es einfach absolut. Es ist wirklich der beste Auftritt gewesen an diesem Festival bis 2 Tage später. Mhm. Wenn nächstes Mal Touche Amore in die Schweiz kommen und Leute, ich habe schon gehört, dass ich amigs gute Bandvorschläge gebe, wenn du so Leute, die Fjord geil finden das ziemlich sicher auch geil. Es ist schon so ähnlich, deswegen habe ich auch Fjord nicht wirklich gerne. Das ist halt komplett subjektiv. Eben. Ist ja schön, sie sind so vielfältig, oder? Mhm. Es ist Genau. einfach, Voll. Nein, also da das würden ist- wir nicht das zu ist Offspring ich wollte kommen. jetzt schnell kurz, nein, ich wollte jetzt deine demokratische Art nicht haben. Ich wollte jetzt sagen, es ist schon subjektiv, aber es ist offensichtlich falsch. Ricky, seine Meinung ist auch falsch. Es gibt doch noch nicht so. Ich akzeptiere deine Meinung nicht in diesem Thema. Das ist aber auch fair. Es gibt doch nicht so konventional beliebte Bands. Fair enough. Doch, A Day to Remember ist so eine. Das stimmt. Also, Ricky, ich finde es schön. Wir sind eigentlich ein gutes Beispiel für, wie das man miteinander umgeht. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann die Meinung von einem anderen nicht akzeptieren und kann sich trotzdem gerne haben. Voll. I have the wolves inside of me. One is gay, the other is more gay. Ich weiß nicht, wo ich den gesehen I habe. have Ich two kann wolves inside of me. One is retarded, the other is more retarded. Ja, Touche Amore ist wirklich eines meiner Highlights an dem Festival. Nice. Und zwar einfach nicht, weil Am People habe ich auch sehr geil gefunden, aber Touche Amore hat so ein bisschen... Es vibet auch. Also ich muss sagen, die einzige Band, die mich emotional toucht an dem Tag, war Alter Bridge. Aber das klingt jetzt mehr nach einem problematischen Touch. Ja, fair, nein, also das nicht. Aber ja. Where did he touch you? Yeah! Ja, gesehen. Gut zum Vers. Ich Das glaube, ist- der Miles Kennedy könnte mich schon, der könnte mich glaube ich überall touchen. Das wäre Das hat okay. sich schon inappropriate gefühlt. Und aber wir haben auch, weißt du, jetzt. Das ist Das ist irgendwie kaputt, mein Sinn funktioniert Nein, nicht. es ist eigentlich. Es ist eigentlich ein bisschen komisch, aber jetzt, wenn wir. Kannst du noch denken? Nein, jetzt, wenn einer von uns hässlich stirbt, wählen wir eben einen Song aus für den Post, den wir in Instagram tun. Und eben von Alter Bridge habe ich halt Blackbird genommen, wo mein letzter hässlich gestorben ist. Dann bei diesem Song müssen wir meine Sonnenbrille wieder anziehen. Oh Mein nein. Hut Brother, Bisschen- Okay, ich habe das Weekend auch ein einziges Mal bei gekühlt. Touche Amore ist im Fall wirklich so, da hat meine Haare sind aufgestanden. Das ist so gut gewesen. Null deine Haare. Ja. Es ist sad. Wenn es sad ist, gibt es keinen Boner. You don't know. Der Crybank. Lea, komm, I rette don't uns. judge. Rette Anyway. uns aus dem ganzen Hey, Misere also raus. in der Zeit, wo die das schauen, oder du halt eben nicht, Ricky, bin ich essen. Mhm. Habe ich- Highlight Essen gewesen. Hey, ich hatte das Crew Catering gehabt. Ich habe nicht das fancy Artist Catering. Ich rede jetzt, hast du auch mal noch geschnabuliert außerhalb von dem Zeug? Weil das Yes, ist kann sonst, wenn man ich. das Ich bin jetzt als einig Momos essen und zwar gerade Welche? da direkt vorne bei der Jungfrau Stage. die sind viel besser als die anderen. Ich habe den anderen auch noch gut testen, habe ich aber nicht Ich geschafft. habe beide zeitlich. gemacht.
Ich habe beide gegessen. Mein Verdikt vom letzten Jahr hat sich bestätigt. Okay. Die bei der Bühne vorher sind besser gewesen. Das Einzige, was mich dort gestresst hat, ist, er hat nicht gefragt, ob man scharf will oder nicht. Und dann hat Weil er mich bei mir hat angefangen, scharfe Soße drauf und ich so, nein! Aha, mich hat er gefragt. Nein, mich hat er nicht gefragt, weil er wahrscheinlich so im Stress war. I don't know, aber ich vertrage null scharf. Also ich vertrage nicht mal Pfeffer. Ich Shit. hasse das. Das ist so. Und dann habe ich gesagt, hey, es tut mir mega leid, aber du musst das jetzt jemandem anderem geben. Ich tue das nicht essen. Fair. Oh, fuck, was? Alter, die. Hey, du Wir musst werden Ricky- angegriffen. Ricky, es tut mir Ricky, ich leid, glaube, du du musst musst- im Fall die Sonne holen. Nein, Ricky, nein, dann kommen noch mehr. Nein, eben nicht. Mol. Nein, die werden doch nicht von der Sonne anziehen. Ricky, du musst ein Edit machen, wo alle Maikäfer, die da reinfliegen, oder Junikäfer, die da reinfliegen, einfach so. Also ich habe vorher Geräusch einen machen. gesehen, der dort gelandet ist, auf dem Rücken. Hat versucht, sich aufzustehen und nachher ist er einfach runtergefallen. Ja. Das sind wirklich Das dumm. liegen smart. Dinge. Aber ja. Ricky, was Ja, ist das dein... bin ich. Und dann bin ich noch einmal Käsespätzle essen, aber die habe ich nicht so den Shit Es gefunden. sieht auch schon nicht geil Und aus. das Fried Chicken. Sekomat. Die sind fein gewesen. Was war dein Ding? Also das Jahr habe ich eigentlich gute Entscheidungen getroffen. Also ich habe letztes Jahr ja mehr probiert und diesmal bin ich direkt zum Fried Chicken gegangen. Das war super gewesen. Welches hast du genommen? Special mit Ja. Mayo, Wasabi Mayo. Oder Fresh Mayo, Fresh Mayo. Und dann, aber ich muss sagen, das Beste ist bis jetzt der Mittelaltermarkt, der Bauch voll. Holy fuck. Da ist Ah, ein das insane. wollte ich so unbedingt mal hergehen. Ey. Einfach so Fleisch und fucking super cool und einfach. Es sieht primitive as fuck aus und das ist wirklich geil. It Das is Mittelalter. primitive as fuck. Das ist geil. Spanferkel. Das ist für mich das Beste. Sauerkraut. Aber ich Pommes. muss sagen, Fein. beim Griech, der Pita mit Souvlaki. Oh, das habe ich auch noch sexy. einmal gehabt, stimmt. Ja, ist wirklich geil. Das habe ich auch noch einmal gehabt. Voll. Gut, wenn wir zurück schnell zum Yes, Line-Up let's noch. go. Eben, nachher bin ich gegessen, dann bin ich Offspring schauen. Es Mhm. hat mich so dermaßen abgefuckt, dass der die ganze Zeit gelabert hat. Ich bin im Camp und ich hatte die gleiche Meinung. Es hat mich so Es genervt. ist vor allem Die genau. hatten Ich so kann's, viele Songs, um die Zeit, die sie hatten, zu füllen, aber der hat die ganze Zeit müssen labern. ich kann im Fall ohne Scheiß. Es ist genau das gleiche gelabert worden wie im Hallenstadion, wo Ah, Simple schon? Plan vor mir war. Literally genau die gleichen Jokes. Schon crazy. Das ist so langweilig. Das ist gewesen. fucking insane. Außer die letzten 15 Minuten, wo sie dann die ganzen Songs gespielt hat, die jeder kennt hat, dann war es gut gewesen. Und ja, das war es dann gewesen für mich an dem Tag, was ich geschaut habe. Was ist nach Offspring noch gewesen? Sabaton. President. Sorry. Ja, da habe ich auch kurz reingeschaut. Da haben sie nicht geschaut, nicht Ja, so. nein, Kurz reingeschaut. Und? Kurz reingeschaut. Okay, alright. Und nachher war dann der Headliner gewesen, Sabaton. Dort bin ich irgendwo auf dem Camp. Wieso gewesen. haben die eigentlich so früh angefangen? I don't Halb know. 12? Sie sind um 20 Uhr haben sie angefangen, anstatt schon. um halb. Hm. Vielleicht hat es Änderungen gegeben im Timetable, ich weiß Ja. es nicht. Aber dort haben wir uns ja kurz gekreuzt, wo wir auf dem Weg sind zum Duschen. Hast du jetzt gekreuzt oder geküsst gesagt? Gekreuzt. Weil Gekreuzt. das eine hätte ihn nicht. Nein, das hätte stimmt keine nicht. Erinnerung Nein, daran. das- Ah ja, da bist ja du Duschparty gemacht und ich bin nicht Ja, gegangen. Nein, das so- sind sie nicht nein, Duschparty nein, machen. nein. Das sind sie einfach so duschen. Halt. Ah nein, stimmt, du bist Können Duschparty wir, machen. halt. Bist du Können wir jetzt mal Party aufhören mit diesen Allegations? Lea und ich haben das einfach dort noch schnell gesehen, dann hat es explodiert und wir nur so, the fuck is going on? Ja, du und so, dann bin ich ins Sabaton. Hotel gegangen. Sabaton, ja. Und im dann- Hotel hat es weiter explodiert, weil ich einfach denke, das hat bis ins Hotel übergeschallt, das Mhm. Zeugs. Hey, Ja. Das Gute ist ja gesehen, ich habe dann gedacht, ich gehe jetzt einfach um 11:30 bin ich da gestanden im Camp allein und habe gedacht, ja gut, anscheinend sind meine Kollegen am Duschen. Gehe ich schnell duschen. Habe keinen Bock mehr, es ist zu kalt. Bäh. Bin zu der Dusche gelaufen und dann höre ich dann plötzlich so Taylor Swift oder Carly Rae Jepsen laufen und ich nur so, Geil. alright, jetzt so. Und dann laufe ich in die Dusche rein, ist einfach der Domi, der Schlagzeuger von Versus dort, meine anderen Homies am Duschen. Irgendeiner, den wir nicht kennt haben, mit einem Entli-Badtuch, der nachher so hackevoll war, dass Tschüss. er sich nicht mehr anlegen konnte. Geil. Und dann bin ich noch schnell duschen und dann, wann habe ich dir das Foto geschickt? Am Morgen um 2. Halb 3? 2:30. Ich kann nachschauen. Irgendwann um 2 oder halb 3 bin ich dann aus dieser Dusche rausgekommen. Das war sehr schön. Gewesen. Hm. Gemütlicher Abend. Gewesen. Ja. Dort unter der Dusche sind wir alle da gestanden und haben das Gefühl gehabt, das ist wesentlich besser wie in der Partyzone. Mhm. Und auch das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ist wieder Festival. Ja, um 2. 2, oder? Top. Um 2 hast du mir das Foto Das ist geschickt. wunderschön. Nein, aber ich bin recht müde und recht kalt, deswegen bin ich schnell im Schlafsack gegangen und geschlafen. Duschen sind das ja auch nicht so warm gewesen. Irgendwie haben sie es Nein. mit dem Wasser, Das war nicht so gut. Gewesen. Sie haben das Wasser glaub, extra kälter gemacht, dass man nicht einfach so lange gehen duschen. Ja, ist wirklich schade. Yes. Aber die Securities haben es anscheinend cool gefunden, weil wir haben dann auch herausgefunden, was die offizielle Schweizer Nationalhymne ist. Schon?
Ja, also es gibt nicht viel, wo mehr hittet, wie wenn du mit irgendwelchen Dudes, die du nicht kennst, das 30. unter einer Dusche Let It Go von Frozen singst. Mhm. Und dann, wo die Venus von Bümplitz kam, haben wir nachher müssen aufhören, weil das ist eskaliert. Ja. Holy shit, ist das laut gewesen, haben dort die Leute mitgesungen. Ich glaube, Was ist am Donnerstag auf den Freitag? ja. Ja. Dann ist der Kollege dort gestanden und hat dann so das Gefühl gehabt, so, wenn ich jetzt draußen am Zähneputzen wäre, wäre ich lieber da innen am Duschen. Ja. Und dann ist das super gewesen, ja. Dann sind wir raus und dann hat Security, der Kollege mit dem Büchsli, so das Gefühl gehabt, was machst du jetzt, Alter? Wir sind so wie die zwei Betrunkenen, wo ich drauf aufpassen muss. Ich habe ins Glas reingeredet. Alter. Über Secrets. Der Timmy mit der Flasche. Ich kann es richtig Yeah! Es ist fucking 96 Folgen gebraucht, bis ich das richtig mache, Alter. Ja, du hast 96 Folgen gebraucht, der Timmy hat sie einer geschafft. Hell yeah, Bruder. Fantastisch. Nein, nachher haben die Securities, die irgendwie um die Dusche herumgestanden sind, so das Gefühl gehabt, das ist schön, das sollen wir doch wieder mal machen. Und wir nur so, ja, Chance, dass morgen passiert, sehr groß. Ist der Fall allgemein so das Verhältnis zu den Sekkus einigermaßen okay gewesen? Ja, eh. Gut, nice. Das ist voll okay. Also ich habe meistens nie Stress mit Securities, weil Ja, ich mich same. einfach weiss, wie ein normaler Mensch zu benehmen. Weil wenn du dich benimmst wie ein regulärer Mensch, wirst du meistens einfach wie ein regulärer Mensch behandelt. Ja. Mm. Ich kenne schon Leute, die immer sagen, ja, ich habe Stress gerade mit den Securities, dann wurde Deppen. Ich so, ja, ich kann dir im Fall auch zu 100% sagen, wieso du Stress mit der Security gehabt hast. Hey. Weil du sie wahrscheinlich Deppen genannt hast. Mhm. Ich habe einfach immer wieder Diskussionen mit ihnen, weil ich immer wieder musste erklären, dass ich hier arbeite und dass sie nicht immer alles durchsuchen bei mir. Und dann haben sie mir auch mit Wasserflaschen und so abnehmen. Und ich sage auch, hey, ich trage die gerade über, damit wir nachher etwas zu trinken haben dort. Aber ist okay. Ja, eben, ich habe das Gefühl, sie sind einfach wirklich nicht. Eben, das ist wieder das Thema von Ja, vorhin. mit Kommunikation. Ich glaub, die ganz vorne stehen, haben wirklich Meistens nicht die Infos, die sie bräuchten. nicht die Infos, die sie brauchen. Ja. Ja. Mhm. Item, dann gehen wir zurück zum Halt, du kommst Freitag. aus Bern oder was? Item sage ich schon länger. Item. Ja. Item. Aua. 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 Also Freitag. Ricky, habe ich nie gehört im Fall. Hat es Chris Astet am Freitag, Ricky? Ja. Ude. Aber wie jetzt angefangen? Ude. Ah, Dings, dort habe ich den Dänen-Shuttle gesehen, den Zug. Das war geil. Ist der gut gewesen? Ich habe es eben Keine Ahnung, ich kann nicht gesehen. denken, weil der Dennerzug war ja nur von dem. Ja, der hat einfach alle aufgegabelt, damit du den Weg nicht runterlaufen musst. Ja, was auch Das ist schon sehr cool. random ist. Ja, aber sorry, der Weg dort runter schießt schon hure Das an. geht, ist nicht so weit. Nein, doch. Ah, Schießt es ist mich schon, an. es zieht sich schon. Eigentlich Ich weiss, ich kann hätte ich laufen. den Zug. Für das. Eigentlich hätte ich den Shuttle nehmen, um zu duschen. Ja, voll. Alter, das war jetzt auch nicht so weit gewesen. Ja, fair, aber wenn ich recht Es waren voll 5 Minuten. Gewesen. Ah ja, by Ja. the way, Moschstübli-Dudes haben dann neben uns gecampt. Stimmt. Das war fucking Ja. funny. Ah, gewesen. wirklich? Mhm. Random kommt einfach so ein Foto von unserem Schildchen so, was macht ihr da? Und wir so, was macht ihr dort? Geht weg von unserem Grundstück. Why are you trespassing? Gonna get my shotgun. Aber es ist schon so, das Jahr habe ich Das wirklich... war am Donnerstagabend habe ich dann die Moschstübli-Dudes noch gesehen grillieren. Weil ihre Tradition ist nach dem Headliner grillieren und meine Tradition ist nach dem Headliner duschen. Perfekt. Das ist fucking Aber ich muss funny. schon sagen, also, ich habe wenig so Camping-Shenanigans gemacht diesmal. Ja, aber wir sind auch nicht auf dem Genpop Campingplatz gewesen. Ich glaube, bei den Favelas machst du einfach mehr Scheiß, weil du bist Ja, einfach fair. verzweifelt. Du hast nichts. Mhm. Das ist wie deine äußeren Umstände, die dich dazu treiben, Ja, dafür habe ich gut geschlafen. so Sachen zu machen. Schön. Wie im richtigen Leben Ich habe halt. nicht, ich habe gefroren. Im Hotel? Ja, Schon. weil die Heizungen schon ausgegangen sind. Ui. Ja. Ja, hättest du Keine einen Decke Schlafsack gehabt? Mal zum Glück war es so ein Doppelbettzimmer gewesen. Das heisst, ich hatte 2 Decken Oh, gehabt. das ist das Beste. Dann habe ich lieb's. beide Decken genommen, die Trainerhose und den Pulli angehabt. Ich zum hasse Schlafen. Schlafsack wäre besser gewesen. Ich habe im Fall, Ja, tut halt mehr Wärme. ich habe im spielen. Fall, als ich früher noch geschäftlich musste ins Ausland reisen musste, ich hatte so Mühe gehabt damit, wenn ich so ein Doppelbett hatte, einfach alleine in diesem Doppelbett schlafen musste und einfach so eine Decke hatte und irgendwie, es ist alles so leer dann. Und es gibt nichts Schlimmeres, also für mich wenig Schlimmeres, wie wenn ich schlafen muss in so einem Zimmer, das so steril ist, wie es auch so ein Hotelzimmer, das so kein Leben hat. Und dann einfach noch ein Doppelbett hast und du kannst nicht in der Mitte liegen, weil ja dort der Spalt ist, wie es 2 ja, Matratzen das ist sind. Also das Hotel hat schon Leben, weil das Hotel ist so alt, dass das schon... Dann ist geil, aber dann ist einfach immer also so. es Und dann hast du geht. auch nur eine Bettdecke. Dann habe ich manchmal immer so im Desk, wenn ich sehe, dass nur eine Bettdecke habe, bin ich immer so am Desk und so gefragt, Entschuldigung, könnte ich vielleicht eine zweite Bettdecke haben in meinem Zimmer? Weil ich habe mega kalt immer. Und dann habe ich einfach immer so
eine Bettdecke gehabt und dann die andere einfach so noch als so, dass einfach Zum das Bett, drüberwerfen. das Bett einfach voller ist. Ja. Habe ich einfach eine zweite Bettdecke wie so ein, weiss nicht, so ein übergrosses Plüschtier. Ist ein Lifehack, Alter. Ist ein Waifu gewesen. Waifu-Pillow. Nein, Ja. also so zum drüberwerfen oder irgendwas, das ist einfach noch, das ist einfach, weil sonst ist das Bett ist hure leer, wenn du nur so eine kleine Decke hast. Anyway, Freitag. Freitag. Freitagmorgen bin ich aufgestanden. Mhm. Ich auch. Dann sind wir posten in den Laden raus. Da habe ich gemerkt, dass Das man, sind Interlaken, dass irgendwo man- sind der Guessen. man kann ja nicht einfach rauslaufen. Man kann ja aus dem Gelände raus und dann Ja, ja. über den Flugplatz, über den Parkplatz laufen und dort hat es eine Brücke, dort hat es einen Zug überführen, eine Überführung. Ja, Dann kannst du einfach rauslaufen und dann bist du in 10 Minuten im Dorf. ja. Du bist schneller im Coop Also mit dem Shuttle. als beim Shuttle. Mhm. Das war crazy. Mhm. Dann sind wir dann zum Morgen essen. Also Ja. geht käfeln. Ich Da habe habe einfach lang geschlafen, bis zwei ich mal jetzt- mir zum Morgen gebracht habe. 22 Franken habe ich im Bar gezahlt. Mit 2 Fränkler, die ich vom Tag vorher hatte wegen dem Depot. Funny gewesen. Sehr gut gewesen. Ist auch gut drauf gewesen, die Frau dort in dem Kaffee. Mhm. Und dann sind wir wieder rein. Und dann ist was gelaufen? Ich glaube, Moment of Madness, oder? Ja. Moment of Madness haben angefangen. 1:30. Die haben auch eine riesen Production gehabt, Alter. Mhm. Also ich habe die Story gesehen, wie viele Racks sie eingepackt haben in dem LKW. Ich so, wofür brauchst du so viele fucking Racks, Alter? Also, sie haben hure viele Lichter auf der Aber Bühne Lichter, gehabt. ja, genau. Lichter nehmen Platz. Hure viele Lichter auf der Bühne gehabt haben sie. Mhm. Ein riesen Backdrop, hure viele Lichter auf der, Voll. auf der Bühne. Mhm. Nein, die Jungs Hat haben stabil ausgesehen. ja, das gut gemacht. Es ist stabil getönt. Also ich weiß nicht, wer gemischt hat. Aber stabil ist da gewesen. Am Freitag. Dann, Andrea heisst der Sänger, gell? Ja. Ja. Hure Kilometer gespulten Keib. wie Hure viele Kilometer gespulten Keib. gelaufen. Ja. Kilometer spulen ist ein anderer Ausdruck hin und her. zum Rennen. Ja, weit vorher laufen. hin und her, hin und her, hin und her. Ah, also nicht Mein gedacht. Duracell-Häsli ist ja links und rechts gelaufen. Keine Ahnung. Fair. Weißt du nicht, was Duracell-Häsli ist? Mal, aber ich habe es Doch. nicht geschaut. Ah, Du du hast hast also mir sogar arbeiten. Ja, ich habe den Namen habe ich 20 Minuten lang geübt. Soll ich dir erklären, wie der Ricky und ich sie nennen? La Ja. Bim Bam Bum Bum. Bim bum bum. La Bam Bim Bum. Und La also Bam Bum Bam. abgekürzt sind sie Dana. Stimmt. Das war Aber, eine Verwirrung beim Hey, wirklich Tagen. 20 Minuten dran gewesen und ich hoffe, ich kann es jetzt noch einigermaßen. La Bum Bam Bim Bam. Nein, der La Bim Labim Nelob. La Bum heissen Bam sie. Bim Bam. Genau. Und ich habe 20 Was? Minuten lang den Namen geübt, dass Ah, ich Labim den Nelob. einigermaßen okay in diesem Video kann sagen. Und das ist Nabim de Lob. De la Bim Lenob. De Labim De la Bim Nelob. Bim. De La De la Bim Bim de Lob. Lenob. Fair enough. Ja. La Bim De Bam Bim Bum Bam. Bam. Babidi Bubidi, hä? Nein, das wäre, wenn es italienisch wäre. Ja. Ja, ich bin mit ihnen unterwegs gewesen. Ich finde es immer sehr interessant, so beim Band-Contest, der Unterschied von der Westschweiz und sie, wo halt in Zürich gewonnen haben. Das ist so zwei komplett verschiedene Welten. Mega. Haben wir aber im Fall auch schon beim Wacken Metal Battle herausgefunden. Hey, letztes Der Jahr, röstige Graben ist real. hey, das übelst. Letztes Jahr mit, wie haben sie geheißen? Ryan. Ryan Ryan Shatters. Hey, fucking Mann. legend. Die sind insane gewesen. Ich so, ja, sind die nervös, freut ihr euch? So, nein, ist einfach ein Auftritt. Ja, Toilette dabei. Ja, Alles einfach gut. BCU dabei und Polar Shift ist völlig durchgedreht, Emotional- dass sie haben am Greenfield spielen, weißt Emotional und das Support ist so, Toilet dabei gehabt. und das habe ich eben das Jahr auch wieder gemerkt. Sie sind mega so, sie sind mega ruhig gewesen, mega gesittet und Ja, aber das passt auch zu der Musik, was sie machen. mega. Weil auf und der Bühne haben sie auch ausgesehen, als ob sie in Trance wären die ganze Hey, Zeit. also Es er ist- ist von es der ist der Bühne Weisswein. runtergekommen, der Sänger, er ist von der Bühne runtergekommen und hat gesagt, ich bin völlig high und ich denke so, alright. Sie sind Hippies. Ja. Es sind eine Ja. Horde Hippies auf der Bühne gewesen. Aber ich habe es mega insane gefunden. Also ich habe Voll mega gut viele gesagt. Leute gefragt und sie haben gesagt, sie haben das einen mega guten Punkt gefunden, um in den Tag reinzustarten. Es ist ein richtig guter Post-Black Metal. Ich hätte fast. Es ist sehr geil. Das muss ich sagen. Der Post hat mir gefallen. Aber das wäre eher etwas, wo ich gerne im Dunkeln gesehen hätte. Ça, c'est pas un Problem meiner Ich glaube, wir Stufe. müssen es noch ein bisschen heller machen. Alright, I'll try. Oh, das ist die Sonne. You dry and shattered. Ja, das ist wirklich krass. Also die sind das sick schmeckt's. gewesen. Die haben richtig Spass gemacht zum Zuschauen. Also Hey, jetzt das haben habe keinen ich Spass so- gemacht zum Zuschauen. Es sind einfach cool gewesen, zum Date stehen Ja, und zu richtig fühlen. Also ich geil. habe es wirklich mega schön gefunden. Ja, schön. Richtig schön Und das gewesen. Geilste habe ich einfach ihres Rückentattoo gefunden. Oh, das hat so gut ausgesehen. Da machen der Ricky und ich jetzt keinen Kommentar. Das dazu. will er sind auch nicht. chauvinistische Schweinehunde. Ich ist voll okay. Ich habe nicht in den Rücken angeschaut.
Ich kann es natürlich nicht. Ich bin so nicht sexistisch, ich habe sie gar nicht angeschaut, dass ich sie nicht objektifiziere. Yes. Ja. Und dann ist ja auf der Mainstage ist es gerade losgegangen mit den Butcher Sisters. Das Das ist- war fun gewesen. Holy fuck, das ist fun. Da muss ich etwas sagen. Dort habe ich glaube nur die letzten 5 Minuten mitbekommen. Ich habe den Namen mal gehört. Ich habe sie mit Kann- Butcher Babes verwechselt, darum bin ich so nicht hyped ich gewesen am habe letzten Mal, wo wir über das geredet haben. noch nie wirklich gelost. Es ist Deutsch, du findest es nicht Null lustig. Erwartung gehabt. Es hat aber auch so viel gelabert. Und es ist die Band, die mich wirklich so weghaut. Die erste Band von Greenfield in dem Moment, wo mir richtig Wo du Von- voll in Hype reingekommen bist. von Anfang bis zum Schluss einfach Geil. goddamn ist das Ich habe crazy geil. das lustigste Video dort, wo, mit dem, wo sie auf ihr Pferd aufgesessen sind. Ist er einfach umgekehrt. Ist einfach runtergefallen. Ah Das ja. ist so gut gewesen. Aber das Thema ist, weil es ist so wie. Ich kann sagen, es ist so. Die Jungs haben wirklich einfach authentisch Ja. Spaß gehabt und Es ist, dumme Shit. Das ist einfach so assi-mäßig, dass es schon wieder gut es ist wie KIZ einfach als Metalband. Ja, voll. Das beschreibt es am besten. Nicht wirklich. Aber zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel, wir haben auch letztes Jahr Dings gesehen, die anderen Deutschen da. Jetzt musst du wirklich bremsen, Kollege. Goddammit. Jetzt musst du bremsen. Wenn Warte. du das sagst, was du willst sagen, musst du mit Aber rechnen, das dass ist du vom Balkon Callboy. gehst. Der Callboy. Ah, Ah. ja. Haben wir gesehen. Und die machen auch coole Show, aber es ist alles sehr rehearsed, vorbereitet, Dings, das, nach Tempo, Ja, Time. voll. Und bei denen ist es ein bisschen mehr einfach wing it, Alter. So wie, Ich habe wirklich Angst gehabt, dass du hast Alligator schlecht reden. nein, Alligator habe ich nicht mal geschaut. Im Fall. Jetzt ist eben, sonst hätte ich dich Aber- schon vom Balkon gerührt. Aber deswegen, Direkt. ich bin jetzt ein Fan. Also, weißt du, das ist mir wirklich weggehauen. Die sind einfach Richtig fucking geil. hilarious gewesen. Der andere Dude hat Heelys auf der Bühne gehabt. Aber Also, ist die erste Band auf Deutsch, die ich gerne habe. Butcher Sisters ist einfach so, merkst, dass Musik schon wichtig ist, aber nicht so wichtig. Sie nehmen sich selber einfach Es nicht ist etwa ernst. Das ist geil. drei Viertel Autotune, aber fuck it, it was Oh, mega viel hilarious. Glauben. Nein, und das Beste sind die Ansagen mit Autotune. Das ist Ja. so fucking geil. Und das Beste ist einfach, wo der andere mit seinem scheiß Buchtäschchen da gestanden Ah, ist. das Beste. Die singen und auf und zu. Und es So, ist ja. einfach, das Konzept von denen ist super. Ich bin find's so top. happy gewesen, so wie Buchtasche. Ich habe auch Buchtasche. Ich habe es einfach Das ist sehr stabil gefunden. Gang. Ja, Mann. Ich habe es sehr stabil gefunden, dass der Dude ein Arschgeweih hat. Was? Der Sänger hat ein Arschgeweih. Was ist das? Holy fuck, Ricky, du lernst jetzt so viele neue Wörter. Was ist ein Arschgeweih? Tramp Stamp. Du lernst Schon? Ja. Boah, ist das Buchtasche? Nein, so ein Tribal. Ah, schade. Aber immerhin fucking funny. Aber sie sind einfach funny gewesen. Ja, die sind einfach funny gewesen. Und ich finde normalerweise Das ist ein Arschgeweih. Sachen auf Deutsch nicht funny. I don't know. Vielleicht ist es eine historische Sache. Aber Bruder. Die haben euch Geld dort abgebracht, wenn sie nach dem Zweiten Weltkrieg über sind, hä? das finde ich recht confused. Nicht, ist alles okay. Alright. Ja, vielleicht ist der historische Kontext, aber ich habe irgendwie Mühe mit Deutsch. Aber die habe ich funny gefunden. Ja. Die sind auch sehr funny gewesen. Mhm. Also es ist effektiv. Ich Ja. kann Butcher, ich finde ihre Musik hure gimmicky und weiß ich nicht was, aber live ist es schon fucking funny. Mhm. Ja. Das Vor war allem wirklich- alte fucking El Toni Schleichwerbung. Boah, das ist insane gewesen. Was ich ja insane finde, weil ich Oh habe mein Gott, dort habe ich einfach an euch gedacht. vor allem, weißt du, was ich gedacht habe? Ihr müsstet das jetzt eigentlich erwähnen und sie nachher markieren, damit El Toni das sieht. Ich hoffe, dass irgendjemand bei El Toni das schon mitbekommen hat, dass Butcher Sisters so Werbung Ja, gemacht haben. sicher. Das Sonst- weiß ich nicht. El Toni Butcher Sisters haben im Fall hure Werbung gemacht für eure Energy Drinks. Ui. Nein. Tun wir nochmal neu starten? El Toni, Butcher Sisters hat hure Werbung gemacht für euch. El Toni, Butcher Sisters hat hure Werbung gemacht für euch ein Getränk. Ja. Voll. Ja, und Sie sie sind nicht möchten auf der Bühne unbedingt, gestanden. dass das nach Deutschland kommt. Genau, und Und zu Bionis, macht es bitte, weil ich will auch in Spanien haben. Jedes Mal, wenn ich hätte, finde ich keins. Und das ist schade. also Kameramann Nico hat ja zuerst mal gemeint, dass El Toni überall bekommst, weil es ist ein Ich habe auch gemeint. Das habe internationales ich auch Getränk. zuerst gemeint, aber Was, nein, wirklich? it's Mhm. not. Bin Ja. ich der Einzige, der gecheckt hat, dass es eine Nein. Schweizer Firma ist? Oh, das habe ich schon gewusst, dass es eine Schweizer Firma ist, aber ich denke, die sind schon weiter. Nein, Ja, voll. Weil ich habe es vermisst in der Ferien. Und ich so wie. du darfst schon mal selber Ich weiß nicht mal, welches Knöpfchen. Der da. Yeah! Ah, Ich nice. habe es auch Du bist vermisst in der selber gross, Ferien. Lea. Und Ja. Du bist der Größte von euch. ich habe es erst im Ausland herausgefunden. Tatsächlich. Dass es nur in der Schweiz gibt. Ja. Du bist im Laden gestanden so, fuck, wo ist der Toni? Ja, voll. Wirklich, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Sick. Was Ja. mich hure abgefuckt hat, ist, ich habe dann gemeint, geil, morgen gibt es Tonis. Hat keine Tonis gegeben. No. Kommen wir Ja. später darauf zurück.
Schade. Okay. Aber ja, nachher ist Hire the Hero gekommen. Holy Der hat so Pocket gemacht. Das ist, glaube ich, selber auch in die Crowd. Also und bei so, einem Song oder? hat es keine Vocals gehabt, weil das Weil Gefühl er einfach gehabt, voll drin weil das ist. Gefühl gehabt, bei dieser Wall of Death mache ich jetzt mit. Geil. Er ist einfach gemoschen. Es war ein ganzer Song am Moschen, seine Band hat das Lied fertig gespielt. Mhm. Er einfach im Pit am Schlägeln, Ja. kommt wieder auf die Bühne und erklärt so, normalerweise, wenn er runtergeht, gibt es kein Gemosche und er wird nicht umgeschupft und er hat sein Mikrofon dabei. Aber jetzt haben einfach alle gemoscht und es war fucking great gewesen. Mhm. Das ist darum, habe ich ihm, glaube ich, dass das beste Publikum war, das er je gehabt hat. Mhm. Weil der sich hat so Spass gehabt. Ja, Du er hast so einen ist Fangirl-Moment gehabt mit ihm. Mhm. Du hast ein Bild mit ihm. Mhm. Wo er das gesagt hat, komm, wir machen ein Bild zusammen, Mhm. oder? Nein, ich habe ihn angequatscht. Ja, das schon, aber hat er nicht gesagt, wir können ein Bild zusammen machen? Ich habe gefragt, ob wir ein Bild machen. Ah. Dann habe ich mein Handy zuerst nicht gefunden. Dann hat welche Band hat gespielt? Architects angefangen. Mhm. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, so, hey, ich finde mein Handy gerade nicht, fuck it. Wenn du Architects schauen, schau Architects. Und dann hat er gesagt, nein, such dein Handy. Und ich so, okay, dann habe ich das Handy gefunden. Haben wir das Foto zusammen gemacht. Das war fucking funny gewesen. Ja. Das ist wirklich, das ist so das Mhm. ist so gut. Es ist richtig geil gewesen. Es ist Rage Against the Machine in real. Der hat Und so Rage viel Against the Energy. Machine ist schon real gewesen. Ja, Es ist Rage Against the Machine in so Ami-Rap. Mhm. Ja. Wie ja. sage ich Oder jetzt? Gangster Wie Rap. sage ich jetzt das Wort Black, ohne dass es rassistisch stöhnt? Gangster Rap. Das ist nicht, nein, das tönt ja. Aber Du hast es gerade fucking Gangster Rap ist problematisch ja gemacht. weltweit bekannt. Ja, aber ich habe jetzt gerade gesagt, wie sage ich das Wort Black, ohne dass es rassistisch tönt? Und du so Gangster Rap. Also schwarz assoziieren mit Gangster, hell yeah. Also findest du die Netflix-Dokumentarserie über Hip-Hop? Wie heißt es nochmal? Es ist aber wirklich, der Bruder ist glaube ich, wirklich ein Rapper, der sich einfach entschieden hat. So ein richtiger OG amerikanischer Rapper, der sich jetzt entschieden hat, ich mache jetzt so einen soziopolitischen amerikanischen Rapper, der sich entschieden hat, ich mache jetzt einfach mit einer Metalband. Und das tätscht. Aber ich meine, Es war richtig real gewesen. es hat Eine Gitarre, ein Bass, ein Schlagzeug, ein Dude, der einfach ins Mikrofon wenn du hineinkrätzt. siehst, so Metal Crowds, Hardcore Crowds und Hip-Hop Crowds sind same people, alle. Es hat einfach Gleiche Leute. getätscht, so gechattert. Jetzt gibt es Mosh überall. In Hip-Hop-Konzerten auch. Von dem her. Das gibt es schon länger. Wir sind alle. Ja, aber gut, We are ich habe es one, ja Alter. schon mal gesagt. Hardcore und Hip-Hop-Culture ist basically the same. Ja, fair. Einfach, die einen sind. Die einen haben die Hautfarbe und die anderen die Hautfarbe. Haben wir so grob geschätzt. Ja, weil es gibt fast keine. Er ist nämlich, das habe ich so funny gefunden. Er ist nämlich da gestanden so: Am I the only black person here? Und alle im Publikum schauen so rum so. Ja. Ja. Und dann irgendwann 2 Songs später so: All the black people, make some noise. Und das ganze Publikum natürlich kein Englisch können, so am Lärm machen gewesen. Und er schaut so rum so. Also von dem her, es ist ein Stereotyp, der halt schon stimmt. Der Bruder ist schon really funny. Und dann habe ich so 2 Minuten später ist so gewesen, I know, he's not the only black person here. Sepultura spielt das nicht. Wo ich mit dem Nico, dem Kameramann, von der Sunrise Star Zone schauen. Die sind nicht als nächstes gewesen. Okay, was ist als nächstes gewesen? All Time Low. Okay, Dort habe ich eine richtig cute Story Backstage. erzähl. Oh, das war so herzig gewesen. Die eine, die auch beim Greenfield arbeitet, die ist mega Fan von dieser Band. Und sie hat sich so nicht dafür gehabt, zum Fragen von einem Foto. Und dann hat der eine, der vorne für die Artists zuständig war, ist zum Backstage-Fotograf gegangen und hat gesagt, hey, wäre es möglich, dass sie ein Foto mit ihnen machen können. Hey, und dann ist die so angetackelt gekommen. Es ist so ganz herzig und sie sind schon am Foto machen gewesen. Und dann fragt so der Tobi so ganz, hey, wäre es okay, wenn wir schnell ein Foto machen? Er so, ja, sicher, gar kein Problem. Und sie ist einfach so dort gewesen. Du hast sie angeschaut, sie fährt jetzt gerade jeden Moment auf heulen. Oh. Hey, weil sie wirklich so, hey, das ist so eine von ihren absoluten Favorite Bands und sie ist wirklich. Ja. Ich habe das gerade so aufnehmen, weil das so herzig war, wie die da. Das ist so Jetzt, wo du das süß erzählst, gewesen. mir ist gerade 2. Ich habe 3 Momente von dem Greenfield, wo mir das Gefühl ganz so holy fuck, best day ever. Ja. Erzähle ich dann, wenn wir am Samstag sind. Ja, Samstag ist sehr gut. All Time Low ist cool. Sollen wir gewesen. schauen? Ja, All Time Low ich halt, bin im macht Camp Spaß. gewesen, glaub. Ricky macht nichts, was Spaß Welche macht. Zeit ist das? Ricky macht noch hässliche Musik. 4 ab 4. Da bin ich, glaube noch Camp gegangen, kurz nappen. Ja, das war dort, wo du mir gesagt hast, Ja.
Ja, das war der, Ja, wo die ja. Lea uns gefragt hat, hey, könnt ihr bitte dann und dann dort sein, dass wir ein Video machen können. Ja. Und der Ricky Yes. gesagt hat, ja, ich bin dort. Der Ricky in den Gruppenchat geschrieben hat, gehen alle dort hin, alle dort hin sind. Und dann ich so gefragt habe, mich gefragt wurde, wo ist der Ricky? Ja. Und ich dachte dann, ja, der hat vor einer Stunde gesagt, er geht ins Zelt geschnitten, aber Voll. nicht. Der ist nicht da. Ich gehe schon auf WC, aber ich bin jetzt noch ein kleines Licht wieder. Kannst du auch noch ein Feuerzeug mitbringen? Können wir die Kerzen dann Willst du anmachen? noch etwas trinken? Oder so? Ja, Yes, bitte noch gern. mehr. Wir müssen Dann machen wir einfach weiter, ist das okay? Ja, machen wir. Super, top. nice. Wir haben die alte, er hat die Ist alte Adam Halloween Angst, von geschaut. dem wir können viel Adam sagen. Angst ist dann nachher eh wieder dein Ding, oder? Und die Frechheit, dass er das nicht geschaut hat, das ist wieder unglaublich von dem. Ist es gut gewesen? Ich Ja. habe es Alter, wieder logisch. nicht geschafft, dorthin zu gehen. Oh ja, ja, das war super, gewesen, weil ich bin nachher am Morgen da gestanden bei Hiro the Hero oder nein, bei La Bim La Bum Bum. Bei La Bum Bum Bim Bam Ja. bin ich dort gestanden. Soll ich es dir noch mal sagen, wie man nein, es nein, nein, ausspricht? ich muss jetzt nur schnell mich bei der Band entschuldigen, dass ich es nicht so... Dann musst du aber auf Französisch oder auf Englisch. Je suis désolé, je ne j'aime votre band, je ne suis pas capable de prononcer votre nom correctement. Correct. Oui, je suis désolé. J'aime votre band très bien. Also, das war jetzt das schlechteste Französisch ever gewesen. Nein, das müssen wir ja nicht. Das ist nur doch. Nein, das ist nur, Yeah! das ist nur falls sie hören, dass wir Labum. Weil das Einzige, basically, was sie hören, ist Labum und Bim Bam. Und dann reden wir über den. Während Dana bin ich da gestanden. Und dann ist plötzlich, das muss man noch untertiteln, wenn wir jetzt einen Clip machen. Haha, Ricky, viel Spaß. Bin ich da gestanden und plötzlich bin ich komplett in ein Loch gefallen, weil ich sehe dort einen aus dem Backstage-Türchen rauslaufen, läuft auf die Bühne an, steht so mit verschränkten Armen, sieht viel zu cool aus und steht dort und schaut auf und ich nur so, holy shit, der Bassist von Fjord ist da, fuck me, Junge, ja, der Bassist von Fjord ist da. stimmt. Ich so da gestanden so, Ricky, der Bassist von Fjord ist da, der Bassist von Fjord ist da, der Bassist von Fjord ist da. Und ich so, wieso ist der Bassist von Fjord da? Was? Ah nein, er ist Gitarrist von Adam Angst. Stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Dort habe ich dir ja noch den Gruß ausgerichtet. Ja, das ist mega lässig, danke vielmals. Stimmt. Ja, ich habe eben Backstage gesehen und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie kommt mir der Mensch bekannt vor. Eben wegen dir habe ich mich so ein bisschen mehr mit Fjord beschäftigen. Und dann habe ich Und gedacht, Fjord, ja, eine gute Band. ist schon nice. Aber gut, gell, ich meine, Sperling, den Namen kenne ich, hast du mir ja auch empfohlen. Und das ist Und haben 18 Leute zum Brüllen gebracht. yes, und ich glaube, wenn sie mal wieder auf Tour gehen, dann bin ich glaube auch eine von den ersten, die ein Ticket gekauft. Aber auf jeden Fall, dort habe ich ihn gesehen und dachte, ja, jetzt muss ich ihn kurz ansprechen auf das. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann eigentlich ein Video davon machen, Ja, aber du es hast ist gerade eben, nicht das Ding ist, ich gegangen. habe jetzt eben herausgefunden, wieso es für dich mehr Sinn macht, um die Leute da quatschen backstage. Du schaffst fürs Greenfield, ich schaffe nicht fürs Greenfield. Ja, und? Darum ist wieso. Darum habe ich das Gefühl, ich sollte nicht einfach so Mal, sicher. Leute anquatschen, Weißt die du, wenn die Brot werden. weißt du, wie viel sich dort hinten miteinander vernetzen und updaten tun? Weil Ja, eben, es würde mich hart anschiessen. Ich will LinkedIn nicht in meinem richtigen Leben haben. das ist halt wie LinkedIn dann für die Leute. Eben, es würde mich hart Das ist anschiessen. halt Business. Eben, es würde mich Dann, hart anschiessen. ist halt nicht Freizeit. Ja, es würde mich hart anschiessen. Das ist halt das, was halt viele Leute so das Gefühl haben, ja, Greenfield ist ja nur Spaß und alles Nein, es ist drumherum. absolut Aber kein Spaß. Es ist nur geschafft. die Leute, Backstage die ist so. halt Backstage arbeiten, Es ist die, fucking die- langweilig so mal Backstage. Es ist nicht. Es ist, also, es ist etwas los, aber es ist Business. Es ist wie in Ja, einem Büro. voll. Es ist einfach ein normaler Alltag, Es ist wie in der einem einfach Büro. noch ein bisschen stressiger ist. Es ist wie in einem Büro und am Morgen um 11 Uhr läuft der Jacoby Shaddix mit der Frisur schon korrekt vor dir durch und du Und denkst dir so, so. what the fuck is going ja, on? Ja, so. Aber sonst, Adam Angst ist sehr geil gewesen. schön. Ich bin sehr happy, dass ich sie jetzt doch noch gesehen habe, nachdem sie letztes Jahr krank waren. Der Sänger hat sich entschuldigt, er war ein bisschen verschnupft gewesen. Er war Yes. der erste Dude gewesen mit sexy Dance Moves auf dieser Bühne, die ich Ja. gesehen habe. Und ja, es hat sehr Spaß gemacht. Cool. Ich liebe diese Band. Diese Band ist sehr gut. Es ist eine der letzten verbliebenen deutschen Punkbands, was es gibt. Eine der letzten verbliebenen Punkbands, was es gibt. Mit einem Lumpenpack zusammen. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Sie haben sehr gut gespielt. Top. Es hat gedruckt wie Sau. Die kleine Bühne habe ich das Gefühl, hat sowieso ein bisschen geiler Sound gehabt. Schon besser gewesen. Er hat einfach bei der kleinen Bühne ist der Sound einfach besser rübergekommen. Es hat wirklich einfach so unten reingeschoben. Es hat einfach es hat den Druck gehabt, was es braucht. Schön. Das war sehr sick gewesen. Ja, die habe ich leider nicht verpasst. Eben. Ja, die Ich sind glaube, wirklich, bei dieser Zeit die, bin ich... die wirst du wahrscheinlich auch cool finden. Weil sie, ja, es ich ist auch glaube, so in dieser Zeit bin ich eben gerade das Video am Drehen ist gut gewesen. möglich. Und dann bin ich wie mal etwas essen, weil eigentlich hätte ich eben hure gerne in Extremo schauen, aber Ja. die habe ich wie totally verpasst.
Es ist wirklich, es ist so Führerscheinmusik. Es ist hart einfach, es ist Ja. so, es hört nicht auf und es ist wirklich geil gewesen. Hat sehr Spaß gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dort bin ich dann auch mal irgendetwas essen. Ich glaube, an dem Tag habe ich es nicht vergessen. 5 minutes later. Doch, Freitag. Wir sind beim Freitag. Ja, ich habe keine Ahnung, was da ist. Wir Ich sind weiß bei nicht mal, was heute Freitag. für ein Also, Tag in ist. Extremo. Oh, yes. Top, ja. Okay. Wir sind das ja, wenn du das weitermachst, können wir einfach Leute läuten, die nicht läuten sollten. Bruder, wenn das hure Ja. Flugzeug davor jetzt auf uns zukommt, musst du das Licht abstellen. 5 minutes later. Also, da müssen wir jetzt wirklich einfach definitiv einen Cut machen, Alter. Weil die Awkward Silence drinnen lassen. Wenn du wieder technische Ja, Probleme vor allem fixest. nur für die Leute, die es ja sehen, ist es interessant. Es ist nicht mal für die Leute, die es sehen, interessant. Ist das okay? Also, super. Also, in Extremo. Hätte ich sehr gerne gesehen, habe ich leider nicht geschafft zum Schauen, weil genau in dieser Zeit bin ich dann finally mal etwas essen. Mhm. Was hat es gegeben? Es hat Hörnli mit Kaktum gegeben. Ah, das ist das, was nicht so gut war. Mal, das war geil. Hörnli mit Kaktum war geil. Ah, vorhin war es nur Das ist, Kässpätzle. Kässpätzle sind nicht gut Käsespätzle gewesen. habe ich am Ja. letzten Abend am Samstagabend. Mm. Aber Hörnli mit Kaktum hat es gegeben und dann noch so eine Reste Bratwurst vom Tag vorne. Also, aber und das ist jetzt nicht das voraus gewesen. Crew Catering. Crew Ist das Catering, gewesen. ja. Yes. Das ist ziemlich geil. Wie muss ich mir das Crew Catering vorstellen? Hey, das ist einfach in so einem grossen Hangar, Ja. wo einfach insane viele Festbänke drin sind. Mhm. Und dann musst du die einfach herlaufen, bekommst du da und dann sagst du das und das willst und dann tun sie dir das drauf pappen und dann gehst du essen und fertig. Okay, cool. Also Massenproduktion. Also einfach Ja. Cafeteria Ja. für Greenfield. Voll. Stabil. Yes. Ja. Gibt es nicht immer das Gleiche? Oder Hey, sie haben jetzt mal abgewechselt gehabt. Die letzten paar Jahre hat es zum Beispiel immer am einen Tag Fleischkäse gegeben, am anderen Tag hat es immer Chilis in Garne gegeben, wo wirklich nicht gut war. in dem Fall ist es aus der Büchse gekommen? I don't know, aber ich habe es halt nicht gerne gehabt, aber ich bin vielleicht auch nicht das Maß zum... Nein, hat es so einen kotzigen Nachgeschmack gehabt? Ja, Ja, dann ist es aus der Büchse gekommen. das habe ich wirklich nie gerne gegessen. Aber jetzt so eine Körnchen mit Kaktum ist ziemlich nice. Was suchst du deine Kopfhörer? Das sind meine. Sind es nicht? Ich habe meine Ariki, das sind deine. Guck da. Hallo. Boah, es hat so Horrorfilm-Vibes irgendwie. Ist geil. Nice. Ist es eigentlich weniger hell? Kann ich die Sonnenbrille Ja, wieder du kannst sie abziehen? wieder abziehen. Sehr gut. Aber du bist einfach immer noch nicht beleuchtet. Aber das ist wie okay. Vielleicht musst du schon deine Dosen von dir wegnehmen. Ja, genau. Du meinst die Dose, die der Ricky Ja, vor mich voll. angestellt hat? Genau. Das sieht gut aus. Weißt Nice. Gut, ist ein Grämschnitt, Alter. du? Das weiss ich bis besser. alle... Weißt du, was am besten ist? Ich sage es jetzt nicht, weil sonst bin ich wieder grusig. Schokimus. Warte, bis alle Insekten Ich reinkommen. liebe Schokimus. Das hat es nämlich auch eines gegeben. Das Warte, war fein. gewesen. Das Tiramisu war auch fein, sorry Dave. Also, wie ist Adam Angst gewesen? Jetzt sind Ich wir schon durch. erkläre Wir es sind jetzt bei nicht nochmal. wir sind Kannst du den bei Podcast Inex- hören? Fair enough. Also auf Gut. jeden Fall, wir sind jetzt bei In Extremo, den ich leider verpasst habe, aber eigentlich mega gerne hätte ich gesehen. Und ich habe mich mega gut gefühlt. Dort hatte ich einen kleinen Star-Moment, Ja. wenn ich es so sagen. Und zwar hat der Specky, der Drummer von In Extremo, hat mich wiedererkannt. Crazy. Und das war für mich so, oh mein Gott. Top. Also weißt du, amix, man vergisst eigentlich amix, dass das ja eigentlich auch völlig normale Menschen sind. Und dann gibt es trotzdem immer wieder so die Momente, wo man denkt so, ja, irgendwie sind sie schon normal, aber irgendwie doch etwas anderes. Mhm. Sie sind eigentlich nichts anderes wie Leute mit einem interessanten Job. Ja, Mhm. voll. Ja, das habe ich ziemlich nice gefunden. Dort habe ich mich ein bisschen gut gefühlt. Cool. Hashtag Erkennt Fame. dich der Ingo auch wieder? 100 Pro. Ah, jetzt Der hat mich das nämlich ist auch also letztes Jahr hat er mich ja schon wieder gekannt. Wer ist Ingo? Ingo ist der Sänger Probably der von coolste Donuts. Dude auf dem Der Planeten. ist von den Donuts. Mm. So ein sympathischer Sieg, wirklich. Wenn ich keinen Papi hätte, würde ich mir wünschen, dass er mein Papi wäre. Jackie Okay. voll. Der hat wirklich so eine liebe Sieg. Ja, nachher ist Itchy gekommen. Das ist mein Ziel, dass ich irgendwann einmal in meinem Leben würde ich gerne mit dem Ingo von der Donuts Würde ich das echt schnell aufmachen. Ja. Lea, ich habe dir vorher schon gesagt, du bist Ich bin eine Independent Woman, aber mit Nägeln. a strong independent woman who don't need no man. Was Ingo. da? Ich finde die klassischen Rollenbilder, die du da wieder stereotypisierst, nicht in Ordnung. Das ist mir egal. Und weißt du, was das ist? Gut. Ich krieg's nicht her. Ich habe Nägel gemacht und es tut weh, wenn ich Nägel. fair Also, enough.
Dosen Fair aufmachen. Mit Irgendjemand von euch Vinägel. Itchy gesehen? Nein, habe ich wollen, du hast sie gesehen, oder? Nicht? Du hast sie gesehen. wenn ich Safe Itchy- hast du sie Ja, gesehen. logisch habe ich sie gesehen. Eben. Es ist eine deutsche Punkband am Greenfield. Es ist eine der besten deutschen Punkbands am Greenfield. Nein, es ist nicht mal deutsche Punkband. Sie haben ein deutsches Album, das ist nicht so gut angekommen. Itchy, Donuts hat ja von Englisch auf Deutsch geswitcht. Hure gut angekommen. Itchy von Englisch auf Deutsch geswitcht. Hä? Von Deutsch wieder auf Englisch geswitcht. Hure gut angekommen. Geswitcht. Mhm. Oh ja, Itchy war saugeil. Sie haben sich gefragt, wieso dass sie ständig plötzlich über den Zoll kommen. Mhm. Also irgendetwas, weil die sind ja früher damals nie über den Zoll gekommen. Oh mein Gott, ich habe apropos Zoll, ich habe noch etwas zum Donnerstag von Day to Remember. Erzähl. Die sind sie wären fast nicht durchgekommen, weil die Anhänger von ihnen 10 cm zu lang sind und der Zoll sie fast nicht hat durchlassen. Also sie hätten fast nicht gespielt. Fair, ja. Wegen 10 cm. Wegen 10 cm. Ja, Straßenverkehrsgesetze sind da zum eingehalten werden. Wir sind da in der Schweiz, wir haben Regeln, an Du die wir sollst auch müssen nicht am halten. Handy sein beim Autofahren oder besoffen Autofahren. Das ist das Gleiche. Was habe ich Das herausgefunden, als ich letztes Mal Das ist wirklich das Gleiche. Ja, ich weiss. Sachen gezügelt habe vom Proberaum, habe ich gelernt, dass sie es recht ernst nehmen mit Sicht. Ja. Mit der Sicht. Du musst es schnell elaborieren, nicht dass die Leute das Gefühl haben, du sagst- Spiegel, Sicht, Dings. Schulterblick, Seitenblick. Ja, genau. Meine rechts ist abgedeckt. Also du musst links und rechts aus dem Auto raus sehen und vorne raus. Hinten raus ist scheißegal, aber links und rechts aus dem Fenster Ja. musst du raus sehen. Rechts habe ich aber nicht gesehen, weil ich an einen Möbel durchkam. Well, ich Ja. habe learned my lesson. Hättest du mich auch können fragen, hättest du vorher können Ja, sagen. fair. Ich hätte nicht so in die Autobahn fahren. Gut. Hättest du nicht sollen in die Autobahn fahren? Ich glaube, Hätte das ist nicht das Problem gewesen. Ich glaube, du hättest nicht sollen, Alleyways ich glaube, du hättest nicht sollen falsch laden. Oder nicht in die Autobahn fahren. Das ist das 11. Gebot, einfach nicht verwünscht werden. Ja. Nein, Itchy war geil, hat Spaß gemacht. Nice. Die Leute haben gesungen, die Leute haben getanzt. Mhm. Das war toll. Aber die machen ja immer Stimmung. Ja, ich habe die nicht gesehen. Ist ja auch nicht so dies. Nein. Eben. Ja, aber cooler Spaß. Sepultura. Genau. Hast du Sepultura geschaut? Dort habe ich nur, ich bin dort Was, hast du nicht gewusst, wie zugestoßen. Sepultura sagen, oder wie? Ja, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Weil das ist nicht mein das Genre. mal so aussprechen, Nochmal. wie du kannst. Wie würdest du es aussprechen? Sepultura? Ja, Ah, perfekt. okay. Ja. Alright. Ja, ich bin nur dort dazugekommen, wo sie das Bild gemalt haben auf der Bühne. Was? Ja, Ah, sie haben das das haben wir Bild noch gesehen. gemalt. Ja. Crazy. Das habe ich gesehen. Der Rest davon hat mich aber nicht überzeugt. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich nicht mit dem Sound aufgewachsen bin. Ist nicht Gut, die- meins. Also ich meine jetzt zum Beispiel... Ist ein bisschen schwierig, weil die spielen seit 40 Jahren. Eben, ich meine zum Beispiel der Lukas, der hat gesagt, die erste CD, die er jemals bekommen hat, ist von innen gewesen. Und das war sein Highlight gewesen von diesem Wochenende. Mhm. Aber einfach, weil er mit diesem Sound aufgewachsen ist. Und Mein Highlight an dem bei Sepultura war, dass Nico, unser Kameramann und ich von irgendeinen fancy Drink getrunken haben auf der Sunrise Star Lounge. Und zusätzlich... wie sind da die Tickets gekommen? wir haben Bändel bekommen. Einfach so. Wir haben Bändel gehabt. Von wo? Wir haben Bändel gehabt. Von wo? Wir haben Bändel gehabt. Insider Trading. Wir haben Bändel gehabt. Alright. Die Börse handelt Weißt in... du, one favor led to another favor. Und was würdest du meinen? Eine Ist die Hand wäscht die andere. Sunrise Star Zone etwas? Das ist fucking boring, aber es hat einen gratis Drink gegeben, das ist noch Das cool. ist immer so, ja. Nein, es ist, also, das Star Zone, ja, es ist cool gewesen, dort oben zu hocken, du hast eine schöne Aussicht auf Sepultura, aber wirklich ohne Scheiß, es gibt keinen besseren Ort, um ein Konzert zu schauen, wie im Publikum. Ja. Mhm. Es ist so. Voll. Es ist cool gewesen. Wir haben jetzt Sepultura hat mich jetzt auch nicht so fest interessiert. Wir sind nicht oben gehockt, haben dort unseren fancy Cocktail gesoffen und Sepultura ein bisschen geschaut. Und Ja. dann sind wir wieder runter. Also ich habe gefunden, War for Territory, the Classics halt, War for Territory, Roots und so. Der Rick- Sind- Ja, Der das ist Nico- ja eher dies dann wieder, nicht? Der Nico, Ja, das Classics, aber ich Ricky, habe das Flugzeug kommt Bekannte. gefährlich nach auf uns zu. Spaß. also, ich habe auch die Sepultura ist so wie, das ist halt die Favorite Band gewesen, von meinen Favorite Artists Ja. gewesen. Oder sogar Granddaddy, so wie Favorite Band von der Favorite Band von meinem Favorite Artist. Weil die gibt's halt seit eben 80er und sind halt Latino Legends. Ja. Der Nico hat auch gesagt, eigentlich muss ich von denen nur Roots hören. Und dann, Ja, wo wir fair. weggelaufen sind, haben sie es angefangen zu spielen. Ich bin zuerst gegangen schauen, weil ich habe gemeint, War for Territory ist Roots gewesen. Und ich dachte so, shit, nein, das ist ein anderer Song, aber ist auch bekannt. Und ja, aber ich aktiv höre ihn wirklich. Aber ein guter Show gemacht. Was hat nach I Killed the Prom Queen gespielt? Ich kann es im Kopf, ist gut. Ja. Der zweite Headliner vom Wochenende. Co-Headliner. Der erste Headliner vom Wochenende. Co-Headliner. I Killed the Prom Queen. Sollen Geil. Sie schauen? Ja. Und Und? dann bin ich zum So Headliner geil. rüber.
Hat es dich nicht überzeugt? Einfach? Ja, es ist mal, aber es ist so ein bisschen Prolo Metalcore. Das, Schau, was du liebst. Ist eine Band, die ich nie wirklich gehört habe, Same. aber es war geil gewesen. Es war nice. Es Es ist ist so- aber jetzt nicht so etwas, wo Ja. ich jetzt würde sagen, hey, voll, das hau jetzt in meine Playlist Nein. rein. Aber so live hat es mich wie Es ist so abgeholt. wie der Prolo Hardcore, ist es Prolo Metalcore gewesen. War Prolo oder Proto? Prolo Was heisst? Prolete Hardcore, Prolete Metalcore. Gibt es Post-Metalcore? Ja, das was nachher gekommen ist. Fair. Der erste Headliner vom Festival. Headliner. Kannst du sagen, was du Architects. willst? Architects hat garantiert mehr Leute. Nein, gut, mehr Leute nicht, würde ich nicht Dort sagen. hat's mir, also, Ja, zuerst mal halt zuerst mal das können wir nachher ansprechen, das Thema. Also für mich der was? Headliner von dem Abend. aha, nein, auf Thema. das habe ich gar nicht Okay, reden. was hast du auswählen? Dass ich 5-mal angelächelt worden bin von diesem Dude. Das hat mich, das habe ich ziemlich Sich ein cute bisschen wuschig gefunden. gemacht. Nein, das nicht. Okay. Das nicht. Das Mich nicht. jetzt nämlich ein bisschen wuschig gemacht. Ja, same. Aber ja. Nein, dann bin ich über zu Architects und dann hat es gescheppert, Architects hat geliefert, aber irgendwie... Wirklich geil. Seine Stimme tut einfach nicht mehr das, was Hey. es sollte. Ja, mal, seine Stimme macht schon das, was er sagt. Weil, als er sich entschieden hat, singen hat es gut getönt. Singen hat gut getönt, Screamen hat gut getönt. Ah, der Pitch Scream nicht, oder? Der Screamy, der stimmige Scream hat wirklich so getönt, wie alle einem Sänger von Noctilus vorwerfen, dass er tönt. Ja. Ja, das habe ich nicht so gedacht. Es sind aber, glaube ich, mega viele während dem Konzert gegangen, weil sie gesagt haben, sie können sich das wie nicht mehr geben. Es ist amigs schon, es hat schon weh da. Hey, voll. Aber es ist trotzdem nice. Also, Also, weißt du, das letzte Mal, als ich Architects gesehen habe, hat er brutal gut. Wahrscheinlich, es ist einfach, also ich meine ganz im Ernst, es ist für mich ist es heavy. wie so, wenn ich es jetzt mal an einem Festival will sehen, wie easy gehe ich schauen, aber ich würde jetzt nicht nochmal ein Ticket kaufen. Mal würde ich machen, aber das Ding ist Ah, halt, für mich ist es wie schmelzt durch. nachher, oder nicht? Was? Deine Brille. Ja, Ja. danke. was ist jetzt genau das Problem? Check ich alles gut, mach einfach Ja, fair weiter. enough. Nein, das Ding ist, Architects ist, aber die sind ja auf einer Tour jetzt, oder? Ich Also nehme- sie sind einfach auf den Festivals unterwegs? ja, eben, so, es ist eine Tour. Das ist Ah. wahrscheinlich nicht die einzige Show, die ich gespielt habe an diesem Nein, Wochenende. sie sind jetzt am Download gewesen, dort haben sie das Download, Konzert müssen abbrechen. Oh ja, stimmt, ja. Aber eben, ich glaube, das ist einfach das Problem, was halt viele Leute nicht checken, also wie viele Leute wie nicht auf dem Schirm haben, ist, wie hart das ist für eine Stimme. Was er macht, ja. Nein, nicht nur, sagen. was er macht, generell einfach Das ist ein Muskel. Tag. Also Show, ein Tag Pause, Ja. Show, ein Tag Pause, Show. Das ist heavy. Das geht auf Wahrscheinlich die nicht, Stimme. nicht crazy Das ist ja für die das, was Stimme. der Olli sagt. Er sagt ja das auch. Das ist ein normaler Muskel, den du ja benutzen tust und dass der über die Jahre irgendwann nicht mehr so stark ist wie mit Anfangs Hast du Nick 20. Nocturnals im Podcast gelassen? Ja, Ja. natürlich habe ich gelost. Dort ist Oh. das Noise Gate ein bisschen zu hart am Arbeiten gewesen, muss ich schon, ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, das Noise Gate ist das Ding, das Hintergrundgeräusch rausfiltert. Und darum ist jedes Mal, wenn sie geredet haben, hast du so ein bisschen Hintergrundgeräusch gehabt. Kaum Ja. wenn sie aufgehört haben, hat es gemacht. Und es war totale Stille gewesen und das ist so weird zum Hören. Anyway, ja, Architects hat gechattert wie Sau. Das war geil gewesen. Scheppern. Seine Stimme halt, ja. Also ich habe es nicht so wahrgenommen, aber Hörst du viele Architects? Ich glaube es nicht, oder? der letzte Album habe ich viel gehört, ja. Welches letzte Album? Das Neueste. Der letzte. Ja, dann wird es dir nicht so fest aufgefallen sein, Nein. weil dort singt er viel. Ja, fair. Ja. Aber ja, die gewissen alten Songs sind schon... Hat kurz schon wehgetan, wenn er dort so ein bisschen eins auf Donald Duck gemacht hat. Ja, Aber Pitch Screams sind schon das Härteste, was du seine Stimme machen ja, das ist so. kann. Realisieren viele Leute nicht. Screamen ist wesentlich weniger, geht weniger auf die Stimme wie Singen. Naja. Nachher hat aber noch mal jemand gespielt auf der kleinen Bühne, oder? Kann ich nicht aussprechen. Lagwagon. Bin ich nicht Lagwagon. geschaut, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ah, nicht. Der Bella hat gesagt, das ist nicht gut, deswegen bin ich nicht Okay, gegangen. gut. Dann gehen wir zu meinem Highlight von diesem Tag, Bad Omens. Oh, Ja. mal Bad, hey, das ist voll okay. Ist halt meine Generation. Und ich habe es geliebt. Und dort habe ich einfach insane gekühlt. Ich vergesse mich eigentlich, dass hat's- du jünger bist. Ja, es tut Ja. mir leid. Aber du bist nicht so viel jünger. Aber Vier jünger. Jahre, ja. Nein, nicht 4 Jahre. 4 Jahre bist Was hast du? Wie alt bist du? du? 94. Ah nein, das sind so 3 Jahre. Ah, 3 Jahre nur. Ja. Ja, aber Boah, das trotzdem- heisst, du bist auch nicht mehr jung. Du bist, ich bin aber immer noch unter 30. Aber du bist zu alt, um jung zu sterben. Du bist Das stimmt, ja, ich bin schon über 27. Du bist Gen Z. Ja, ich bin Gen Z. Aber das ist okay, es ist immer noch keine Nazi-Generation, von dem her ist alles gut. Aber Bad Omens, das war mein Highlight. Ich habe es geliebt. Ich habe Bad Omens mega lange in einer Zeit gesuchtet. Und ich habe dann wieder am Abend gemerkt, dass ich sie schon zu lange nicht mehr gehört habe.
Und ich habe mega viel an diesem Abend verarbeiten während dem Konzert. Mhm. Und das ich einfach geflennt Dinge ein. Es ist mir einfach ab sich gekommen. Ja. Ich auch, aber aus anderen Gründen. Mhm. Ja. Nein, dann hat der Lukas und der Gazi haben dann so bekommen und einfach so müssen trösten. Okay, cool. Ja, das war ein bisschen cute gewesen. Nein, also ich habe es einfach gar nicht schlecht gefunden, einfach ein bisschen langweilig. Ja, ist halt. Also ich Ich weiss nicht, ich finde sie halt gut. Ich finde das halt toll, Nein. dass das Melodische und nachher kommt so das Böse wieder und dann ist wieder so, oh, Ja, aber cute. es ist so die Und dann ist wieder richtig, so, es ist oh. so wirklich effektiv, es ist so, Amix sind es und ich so, boah, Architect ist wieder da. Und dann ist aber wieder so, pff, düdüm, Mhm. düdüm. Ja, das liebe ich eben, genau. Nein, das ist so mühsam. Dann ist wieder böse Das ist gewesen so und dann ist wieder langweilig. so, nein, Ja, aber fetzig. es ist eben nicht, bei System of a Down gibt es das auch, aber jetzt ist es interessant. Ja, aber du musst halt wissen, gell, mit Bad Omens holst du mittlerweile die jüngeren Leute ab. Ja, fair. Ja, Und das ist ja auch ich sage ja das nichts dagegen. Ich bin, Ziel. Nein, ich weiss, bin alles hart gut. dafür, dass Bad Omens Headliner war. Ich finde das Weil es hat grandios. einfach einmal die Ketten unterbrochen von, von Sabaton zu Vollbeat. Ja. Weil ich hätte jetzt als Ja, das müsste ja. eigentlich stimmt, das stimmt. Slipknot Limp Bizkit, oder? Das stimmt, Ja, ja. so Prodigy oder Nightwish müsste dort noch sein. Voll. Ich tue es jungen Leuten gönnen. Es ist geil, es ist gut gewesen. Vor allem, was das Einzige, also ich habe wirklich einfach so gedacht, so, es würde ja gehen. Sie haben amigs so geile Songs gehabt. Ein Song, der so einen richtig interessanten Aufbau gehabt hat. Bro, So der letzte Song. interessant. Der letzte Song. Nein, in der Mitte auch. allgemein In der ist- Mitte. Es sind wirklich so ein paar Songs gehabt, und ich muss sagen, es ist. Der eine Song hat angefangen und ich so, boah, jetzt haben sie mich. Der ist geil. Das ist wirklich, ich bin wirklich da gestanden und habe das Gefühl, das ist geil, es ist geil, es ist geil. Oh, und jetzt kommt wieder Vielleicht bist du der einfach am falschen Ort gestanden. Nein, das könnte ich mir auch ich vorstellen. hasse weil- das bei allen Bands. Ah, okay. Wenn der Song interessant ist und nachher machst du so einen belanglosen Scheissparty rein, einfach zum können. Ich glaube, das ist einfach nicht so dies. Weil Architects macht das auch, aber die machen es nicht langweilig. Mhm. Architects hat genau das Gleiche. Die machen auch plötzlich dann so Parts, was zusammenbricht. Aber die Parts sind nicht langweilig. Dort passiert noch etwas. Es ist nicht einfach nur so ein sphärisches Ausleiern. Es ist so, Mhm. das ist Hey, mein ist voll Problem, das ich damit okay. habe. Ja. Ja. Ich habe es super gefunden. Es ist gut Ich habe gewesen. mega viele Leute können davon überzeugen, die sind auch Fan davon gewesen. Hey, es Also ist ich habe gut wirklich mega viel können mitziehen. Ja. Gesagt haben, sie wollen es eigentlich nicht schauen. Ich Ich habe habe mich hey, sehr- mal komm, gib dir das mal. Ich habe mich erstaunlich oft gut unterhalten gefühlt. Mhm. Und dann bin ich sehr enttäuscht worden, wenn der Song halt wieder so eine Wendung genommen hat. Aber ich habe 50% von der Zeit habe ich es gut gefunden. Also ich habe, Also ich habe es 50% von der Zeit enjoyed. ja, glaube 15 Minuten oder 20 Minuten geschaut. Und Dann sind wir zum Campingplatz zurück. in der Zeit habe ich Biggest mistake of our lives. drei Nicknames gefunden. Einer war Coldplay mit Breakdowns. Ja, Coldplay mit Der Breakdowns. zweite ist Bring Me the Architects. Ja. Und was war der dritte? Aber du hast gesagt, es ist the worst part of Bring Me the Horizon und the worst part of Architects. Und was war noch? Nein, Bring Me the Sleep Token, glaube ich. Ah ja, der ist auch gut Und die gewesen. andere- Bring Me the Sleep Token finde ich aber fast besser. Voll. Und Oder Architects Token. Gut, aber die haben ja auch, er hat ja auch einen auf Alibi, Oli Sykes gemacht. Er sieht aus, aber ich habe einfach das Gefühl, er sieht aus wie der Ronny Radke in weniger Douchebag. Boah, ich kann Und weniger problematisch. und Ja, Douchebag halt. Imagine the Architects ist dann Ah, auch gewesen. Imagine the Architects, das ist es. Auf den können wir uns einigen. Imagine the Ja, Architects. voll. Hast du so Bad Omens beschrieben? Wobei die Das war ruhigen, einfach nicht so dies gewesen. hä? wobei Nein. die ruhigen Parts Schade. von Imagine Dragons interessanter sind wie die ruhigen Parts von Selbst Bad Omens. Ich habe Bad Omens. Okay. So, die ruhigen Parts sind so fucking lame. Ja, das ist wirklich so. Er hat eine brutale Stimme. Er könnte Voll. so geile Parts machen. Aber Aber der nein, letzte Song, er wo- entscheidet sich darüber so. Hey, das ist voll okay, das Aber- ist deine subjektive Meinung Aber zu der diesem Thema. letzte Das Song, ist so. den ich vom Camp gelost habe, ist Ja. so wie holy Ja, wir sind zu fuck. früh heim. Was ist es? Dethrone? Es sind, ja, Wir es sind sind zu früh viel zu früh Holy heim. shit, Aber Alter. das ist ja das, was ja alle Leute immer das Gefühl haben über Bad Omens, dass sie eben so langweilig sind. Aber Mhm. sie haben hure gute, böse Songs dabei. Aber hat sie Aber mehr sie von haben nur denen- einen gespielt. Genau, hat Nein, sie sie mehr haben von denen mehrere reingepackt? Nein, Doch. sie haben einen gespielt, der wirklich. Sie haben einen gespielt. Der letzte Song war ein wirklicher Brecher. Nein, ich bin schon, Ja. Nein, nein, Shepard. das ist nicht ganz der letzte. Gewesen, ich aber bin ja. schon ein Doch. crank, ich bin schon ein cranky Ank gewesen bei dem. Das ist der letzte. muss ich schon sagen. Nachher ist nicht mehr stimmt, passiert. ja. Es war Zugabe. Mhm. gewesen. Sie haben Ja. ihr komplettes Set gespielt mit neuen Songs, die der Nico hasst. Mhm. Und dann sind sie weg von der Bühne und dann sind sie gekommen und dann hat es einfach etwa fucking 3 Minuten lang Chelsea-Smile gescheppert. Also Holy ich shit. finde Bad Omens ist cool, weil ich han die noch gefolgt beim ersten Album, Du wo musst sie aber- angefangen haben, wo sie Newcomers Du waren. musst einfach Golf Baddies. Und nachher, ich habe nicht mehr Acht genommen und parallel zu meinem Universum, TikTok ist riesig geworden und ich habe nichts davon mitbekommen. Und dann machen sie halt so eben Imagine Dragons mit Breakdowns und Also so. einfach, dass ich das gesagt habe. Haben alle Leute gehört, dass ich gesagt habe, ich habe 50% von Ja, Bad ja. Omens gut gefunden. Gell? das ist gut, ja. Das ist ja eigentlich auch das Gute, weißt Das du, ist dass mehr- wir auch über das reden, weil Das ist mehr, ich meine, das ist mehr wie
Ich habe Bad Omens teilweise enjoyed. Nicht, Fair, fair. weil eigentlich weiss, müsste ich es dass- hassen. Ja, du bist jetzt nicht Nein, bei Ich habe da eine alles fertig Revelation gehabt. Nein, ich bin im Campingplatz gegangen, mich bereit machen zum Duschsport machen. gemacht. Ja, wir sind dann duschen und das war dann auch super gewesen. Aber das Wasser ist nicht heiß genug gewesen. Das Ja, eben- vor allem das Lustige, aber das ist das erste Mal, wo ich gehört habe, dass plötzlich sind so drei, also es sind generell, was ich sehr lustig fand, ist, ich habe mich etwa 4-mal müssen schamponieren, weil dann mir wieder einer angefangen hat rauchen in der Dusche. Duschzeug ist fucking funny, Alter. Das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich denke, so, ja mal, jetzt würde ich actually einfach aus Joke auch anfangen zu rauchen, weil ein Duschzeug ist einfach so dumm. Das ist schon ziemlich Das ist dämlich. fucking herrlich, Alter. Ja. Die haben einfach ihr ganzes Zeug-Päckchen durchgeraucht. Das Das war ist so crazy. super gewesen. Und dann irgendwann sind plötzlich so Leute gekommen, so, und der Kollege hat gefragt, wo sie herkommen. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, wir haben irgendwie auf unserem Campingplatz gehört, dass da außen. What the fuck? Wir haben auf dem Campingplatz gehört, dass da irgendwelche Leute am Party machen sind. Und dann haben wir gemerkt, dass es aus der Dusche kommt. Dann haben wir unsere Tüchli genommen und Bier und sind da hingekommen. Mega yes. Ist nicht der eine Bruder mit dem Döner reingelaufen? Das war der Tag vorher nicht. Ja. Aber das sind meine Homies, weil die haben quasi. Meine Homies haben Sabaton fertig geschaut und sind so an der Dusche vorbeigelaufen. Sie haben eigentlich gar nicht wollen duschen. Dann sind sie an der Dusche vorbeigelaufen, haben so gehört, dass drinnen so Musik läuft, sind so reingekommen mit dem Döner in der Hand. So, ah ja. Dann sind sie zum Camp zurück. Haben sie Duschzeug Das geholt? Duschzeug genommen, sie können duschen. Mit dem Döner. Nein, der Döner hat Den haben fertig sie gegessen. aufgegessen, Ja. sehr gut. Und der eine Kollege hat auch gesagt, er sei an der Dusche vorbeigelaufen, hat so gehört, oh mein Gott, sie sind drinnen. Dann ist er zu seinem Camp gerannt, hat sein Duschzeug geholt und ist zurückgesäckelt, dass er also ja noch nicht verpasst. Nein, der Damis hat auch geschrieben, am Duschen, glaube Ist er auch gekommen? ich. Nein, am Schluss glaube ich nicht. Also, sie sind am Und der Duschen. Damis hat auch gesagt, so, Aber Wo ich habe ich schon habe gehört. dafür, ich tue jetzt schnell vorholen, vom Freitag auf den Samstag. Ist das Freitag auf den Samstag? gewesen? am Samstagabend bin ich heim. Stimmt. Dem Nach dem Freitag kommt Fall Samstag. habt ihr etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Und Das hat zwar mich habt ihr psychisch den kaputt gemacht. Lukas betrunken erlebt. Ich nicht, das hat er erlebt. Ich habe das noch nie erlebt. Ich bin nachher nach ein Ich Bier habe darum nur gegangen. im Kasi ein Bier gegeben und dann plötzlich sucht der Jack Daniels und ich nur so, what the fuck? Hm. Herrlich gewesen. Nein, ich bin nur für das Bier dort gewesen und ich war nicht zu kalt gewesen. Und ich so, ja, ich kann. Und dann Samstag. Ja, Ja, wenn ist ich gut. nass durchgelaufen durch die Kälte, ist schon recht. Ah, das ist grusig. So schlimm ist es gar nicht gewesen. Mit dem Poncho ist geil. Aber nachher bin ich nackt im Schlafsack reingekommen und einfach aufgewärmt. Und das ist gut gewesen. Hell ja, Brudi. Ja. Dann Samstag. Und dann Samstag. Samstag. Dann ist das Highlight von diesem Tag hat schon gestartet. Dann. Soll ich Best Day of my life jetzt schon erklären oder Ja, soll ich es komm, einfach durch den erzähl's. Tag durchmachen? Also, Bella, wie war es so, gewesen, als im Artist-Bereich unterwegs zu sein und einiges ein bisschen mehr Bestes zu sein als ich? Ich habe mehr Power gehabt. Für Bam, Mein Bändeli hat mehr Power gehabt Yes. als das Bändeli von mir. der Queen da hinten. Mhm. Ja, also gut, um es allen schnell erklären, ich bin nicht einfach für nichts dort gewesen. Save Your Last Breath hat gespielt. Und ich bin Crew gewesen für Save Your Last Breath. Ich habe ein bisschen Video gemacht, ich habe ihnen geholfen, das Zeug aufzustellen, ich habe geschaut, dass es nicht kaputt geht. Der Moritz hat beim ersten oder zweiten Song gemerkt, dass das Wireless nicht funktioniert. Dann bin ich übergerannt und habe das Kabel anrühren. Dann hat der Moritz aber schon ein kurzes Kabel in der Hand gehabt. Ich so, willst du jetzt lange Kabel? Und er so, nein, ist schon gut. Und dann habe ich dem Moritz einfach die ganze Zeit zugeschaut, wie er knapp bis zum Monitor gekommen ist. Und ich habe wirklich überlegt, so, soll ich ihn jetzt zwingen, so lange Kabel zu nehmen? Aber ich habe dann gedacht, nein, ich lasse ihn jetzt einfach spielen, weil sonst ist das gut. Und, ja, und ich habe morgen früh aufstehen, dann habe ich einmal quer über den Campingplatz laufen mit dem Klose im Fotograf rein. Dann sind wir dort angekommen und das Erste, was er mir sagt, Alter, einmal mit Profis, ihr zwei habt ausgesehen. Dann Klose noch hure verschädert vom Abend voran, ich mit meinem Sonnenhut und den Pit Vipers, einfach so, das hat ausgesehen, also einmal mit Profis arbeiten. Wir sind so winkend dort hingelaufen, es war herrlich. Sie haben mir nachher ein Video geschickt davon, es ist ein Bild für die Götter, wie das ausgesehen hat, einfach so funny gewesen. Und dann sind wir dort hinten, im Backstage, dann haben wir den Karren ausgeladen, dann haben wir es auf die Bühne tragen und dann war das Zeug plötzlich nicht mehr rum. Und wir so, what the fuck? Und dann haben wir die Stagehands einfach alles auf die Bühne vergerührt. Und wir so, ah ja, okay, cool. Musst du gar nicht machen, herrlich. Ja, Wie so kleine Ameisen sind sie gekommen. Gell? So. Ja, ist crazy. Top Service. Die sind super dort. Ey. Wirklich, das ist insane, wie schnell die Das Lustigste sind. war, Save Your Last Breath war so im Film nach der Show, dass sie einfach nicht gecheckt haben, dass die Stagehands eigentlich das Zeug abtragen von der Bühne. Sie haben einfach alles abgetragen und Stagehands stehen so, braucht ihr uns, sagt einfach, wenn ihr uns sagt, wo wir das Zeug sagt. Und ich so, ja, Kollege, ich glaube schon zu spät. Also, nein, wir sind real, Alter. Die, Wir haben es- Das ist voll so, weißt du, von den kleinen Shows so gewohnt, wir müssen alles selber machen. Ja, das ist insane. Also, wir sind Greenfield, wirklich, Ebery, alles gleich. Scheiße. Ja, ja, es ist wirklich so. it's the same. Es ist vom Sehr, Bord, wie der Flair schon gesagt hat, vom Bordstein von Skyline ist der gewesen, vom Ebri ins Greenfield, Alter. Das war nicht mal die kleine Bühne, sondern die grosse. Also, wo wir dort angefahren sind, im Backstage, hinter
weil bei der grossen Bühne hat es ja links so einen Ein- und Ausgang, wo ja so in der Arches Ein- und Ausgang ist. Da seht ihr vielleicht manchmal. Ich kann dort durchlaufen. Crazy gewesen. Und dann sind wir hinter der Bühne Kein gestanden. Eingang. Dort, wenn du vom Backstage rauskommst, rechts. Ja, steig auf. Nein. Ins Festgelände rein. Ja, aha, ja, dort wo ich... Ja. Ja, dort. Deswegen sage ich immer vorne links. Ja, Weil da kann Ja. ich schnell... exakt. Dort. Dann sind wir dort hinter dem Eingang gestanden, haben so die Bühne angeschaut und so, fucking hell, ist das Ding gross? Dann sind wir erstmal auf die Bühne gelaufen, so, fucking hell, ist das Ding gross? Dann ist der Moritz auf der Bühne gestanden, hat so seine Gitarre genommen, ist so am Bühnenrand gelaufen und hat so das Gefühl gehabt, von da oben sieht es ja gar nicht so gross aus. Und dann sind wir da gestanden, ja logisch sieht es von da oben nicht so gross aus. Du siehst die Bühne ja nicht. Nein, das war cool gewesen. Und dann Haben wir noch Fotos gemacht mit dem Tobi. haben Save Last Breath ein Foto gemacht mit dem Tobi, genau. Vor der Bühne haben wir auch noch ein Foto gemacht. All den Touri-Scheiß haben wir gemacht dort. Wir sind auf die Bühne rumgelaufen, wir sind vor der Bühne rumgelaufen, haben ein Foto gemacht. Das war mega geil. Wir waren sehr nervös. Sind die im Artist-Bereich gewesen? Ja, sind sie auch. Ja, wir sind im Das ist Artist-Bereich so gegessen. gut dort. Ja, das Essen war sehr gut. Das Dessert war sehr gut. Der Fotograf und ich sind so dort gehockt und die anderen Huren, die sind sowas vom Hyper gewesen. Fair. Völlig fair, dass sie im Hyper waren. Und sie haben schon das Zeug aufräumen und weiss nicht, und wir so, ja, wir haben 12 Uhr müssen wir aus, haben wir Loadout. Jetzt ist 10 vor. Die anderen schon aufgestanden, fertig gegessen, weiss ich nicht was, für gesäckelt, aber nervös, weiss ich nicht was alles. Und wir sind dort gehockt so, jetzt ist 10 vor. Und 12 Uhr ist Loadout. Bis jetzt ist alles mindestens 5 Minuten später gewesen, wie es geheißen hat. Von dem her, oder pünktlich, von dem her, wir essen jetzt noch Dessert. Haben wir uns ein Tiramisu gegönnt. Leck mich am Arsch, ist das Tiramisu gut gewesen. Und dann haben wir den anderen gesagt, dass das Tiramisu mega gut ist. Und sie so, oh geil, nach der Show gibt es Tiramisu. Das ist Nach der Show hat es kein Tiramisu mehr gehabt. Aber ja, was habt ihr so gemacht? Bis zu der Show von Save Last Breath? Also, ja, mach noch mal. sehr gut. Also ich bin ein bisschen am Panik am Schieben, gewesen, weil ich in der Schlange war vor dem Eingang. So 15 Minuten oder 20 Minuten bevor Save Last Breath angefangen hat, sollte anfangen. Und ich so, shit, ich muss noch eine Kamera holen vom Closet zur View von der Crowd machen und so. Und ich komme einfach nicht rein. Und ich so, shit, ich hoffe, ich schaff's. Dann doch geschafft. Ich schnell gewunken. Hey. Und du so wie, keine Ahnung. So wie, Ja, ich habe den Ricky unten gesehen winken und ich habe gesagt, Bruder, ich kann es dir nicht sagen, es hat niemand über die Kamera geredet, ich komme nicht raus. Ja. Und dann haben wir es doch geschafft. Der Close stand zu mir, die Kamera gegeben und ich kann alles filmen. Inklusive War of Death von ihnen. Professional. Ich muss da noch schnell rein zeigen. Im Fall. Ich teile das Video doch einfach, dass es der Ricky Ja, sehr reinschneiden gut, ja. Yeah! So sieht der Profi. Der Demi einfach so, ja, einmal mit Profis, Alter. Einmal mit Profis. Wir sollten, glaube Aber du hast es auf jeden Fall pünktlich geschafft. Ricky, Lea, wir sollten Save Last Breath noch einladen, Oh, um über dann das möchte reden ich mit gerne dabei ihnen. sein, weil ich bin ein Groupie. Machen wir Fair. das. Machen wir das. Yes. Und ja, das ist Ich gut. lade sie jetzt gerade ein, oder vergiss es wieder. Dann, ja, Ich dann, bin bei dieser Zeit bin ich schon bei Severed gewesen, weil die haben ja gestartet dann mit dem Bandcontest, die haben ja gewonnen dort in Zürich. Und dann haben sie auch ein Video bekommen. Sie sind ultra cute gewesen, aber wie jedes Mal. Also ich finde das so schön, immer wieder den Bandcontest zu begleiten, weil das so schön ist, die Bands so zu sehen, wie sie sich freuen, dass sie da spielen können und einfach so das Gesamtpaket und einfach auch so die Dankbarkeit, die du dann so zu spüren bekommst, das finde ich so toll. Auch wenn ich nichts damit zu tun habe, aber ich bin halt... Mich jetzt hure Wunder genommen, wie Save Last Breath drauf gewesen wäre, wenn es den Band-Contest gewonnen hätten. Ja, ich glaube etwa same. Nein, weil wir sind eigentlich die ganze Zeit nur am Joken gewesen, von wegen «It's the big league, my boys». Ja. Wir sind nur am drüber joken gewesen, dass es sich höchst illegal anfühlt, dass wir auf dieser Bühne Ja, stehen. check Wirklich ich. ständig sind wir da oben gewesen. Alter, das kann, also das, Also eigentlich so, ihr müsstet wie auf der anderen Stage sein, oder was? generell einfach nicht Normalerweise, dort. Ja. Also einfach nicht dort, wo wir jetzt waren. Ja. Weil wir sind auf dieser Bühne nur gegeistert. Ich so, Alter, was mache ich da oben? Darf ich da oben? Was zum Teufel ist jetzt? Ja. Hui.
Aber auf jeden Fall, eigentlich hätte ich dann noch länger dort sein. Aber ich habe gefunden, Save the Last Breath, das muss ich mir einfach wie geben. Bin ich schnell übergetattelt, um das noch mitzuleben, wie nervös die Jungs sind. Und das war cute. Moritz war komplett parat, der ist so, let's go. Ohne Scheiß. Let's go. Ab dem Moment, wo er seinen Amp auf die Bühne gestellt hat, hat es bei Moritz umgeswitcht. Das war so, yes, Der Moritz war nervös. Der hat uns alle nervös gemacht. Und dann, ab dem Moment, wo er seinen Amp auf der Bühne gestellt hat, wo er das erste Mal einfach gemacht hat, wo er das erste Mal gemacht hat und gemerkt hat, okay, ist gut, es läuft. Ist er. Aber das sind die 15 Jahre Bühnenerfahrung, die die Boys haben. Wahrscheinlich, ja. Das kannst du nicht einfach... Dann hast du wirklich da gestanden und hat mich so angeschaut, so... Alright, jetzt bin ich ready, Alter. Aber die Show war richtig geil. Also der Bella ist eigentlich kurz runter, um es mal von vorne zu hören, weil es hat... Also, oben hörst du eigentlich nur den Dave. Auf der Bühne hörst du gar nichts außer den Dave. Ja, das hast du nur ihn gehört. Das ist das Schlagzeug. Aber ich habe es geil. Das war eben lustig. Der Pat hat ja dann die Band angesagt. Ja. Und ich bin dort mit Pat hinten reingehöselt zum Play drücken auf ihrem Show-Dings, wo das Intro laufen lässt und Click-Tracks und alles. Und ich bin da gestanden und ich habe in dem Moment, wo ich dort hinter dem Schlagzeug gehockt bin, realisiert, dass ich gar nicht höre, was der Pat sagt. Ich habe du hast ihn nicht gehört? Darum habe ich ihm Dave übergewinkt, so, Bruder, sag mir, ich so irgendetwas gewinkt, sag mir, wenn ich höre nichts. Und dann höre ich einfach so, sehe ich dort so den Pat, der Dave, glaube nicht checkt, was ich von ihm wollte. Und ich schaue so führen. Und er sagt irgendetwas an. Und dann hat er sich umgedreht, rennt weg und nimmt das Mikrofon weg. Und ich noch so, gut, jetzt muss ich drauf klicken. Und dann ich so, kommt das Intro? Ich höre es nämlich nicht. Das kannst du auch reinschneiden, weil von dem habe ich nämlich das Video davon. Oh mein Gott, hast du das Video von dem? Ich habe das Video davon, oh mein Gott, das oh mein Gott, oh mein Gott. Boys! Get it! Das nichts vergessen. Yeah! Weil ich wirklich so nicht so Kunstintro, ich höre es nicht. Und dann einfach so der Dave so, ja. Das war fucking crazy gewesen. Weil es hat natürlich niemand studiert, dass ich nichts höre. Ich sehe ja höchst professionell aus. Absolut. Und nachher war es wirklich so, muss ich jetzt? Also, ja, okay, jetzt ist gut. Ja, ist gut, ich komme, ich sage. Hey, yeah. Ja, das ist mega cool gewesen. Ja, kannst du mir die 2 Videos noch schicken, Lea, bitte? Das ist so cute. Ja, und dann Das sind ist so ready. Ready. Dann haben wir... Der Dave war aber auch insane nervös. Der war hinter am Aufwärmen war. Und der Rico ist einfach so, ja, jetzt let's go. Also, Der Rico ist von irgendwie- natural, Alter. Der Rico hat mir vorher noch so gesagt, so, er ist nicht nervös, aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil er noch nicht realisiert hat, dass er jetzt nicht auf der grossen Oder Bühne hat vom er irgendwie Greenfield steht. Ansagen vor dem Spiegel geübt oder so? Aber das ist Ich fucking glaube, der professionell. Bub hat die Sagen vor dem Spiegel. Es ist geübt. professionell as fuck. was Der er Rico kommt. ist ein absoluter Boss gewesen. Ich glaube, Also- niemand hat gemerkt, das ist so wie... Aber Lea, du hast gar noch nicht fertig erzählt, was ich gemacht habe. Was beim du hast irgendwie sind wir nachher beim Ablauf. Du hast gesagt, ich hätte es noch einmal von vorne geschaut. wenn wir auf Genau, die Bühne irgendwann gehen. bist du noch runtergegangen. Hast aber gar nicht gewusst, ob du runtergehen sollst, weil ja der Moritz vorne eigentlich so irgendetwas hat, wo du denkst, du kannst die Boys nicht allein lassen. Ich bin mindestens gleich nervös gewesen wie sie. Ja, das bist du definitiv gewesen. Ich glaube, du bist sogar fast nervöser gewesen als sie selber. Nein, das schon nicht. Ah. Ich habe nur mit Moral hochgehalten. Ja, aber das Beste habe ich einfach gefunden, als ich dort oben auf der Stage gestanden bin und ich irgendwann so den Ricky drinnen spotte mit dem Lidl-Hut und dieser 360-Kamera. Und nachher fängt es an, sagt der Rico, ja, Wall of Death jetzt da. Und der Ricky so, oh mein Gott. Und dann steht er einfach mit dort drinnen. Ja. Aber es war geil, wie du mitgemacht hast. Hey, du bist überall drin, rein und wieder raus. Man hat einfach immer irgendwo hat man die Kamera einfach mitgesehen. Nein, schau, wo der Dave mich gefragt hat, ist so, hey Rudi, hast du Bock im Pit mit der Kamera ein bisschen rumzurennen? Und so, ich so, Bruder, ich tue sicher nicht rumrennen. Kannst mir die Kamera geben und ich chill einfach dort. Also, okay, fair. Der hat es mir gegeben. Und im Moment ich habe gemerkt,
der Gewicht von meiner Responsibility. Ist zu Ja. Und er gross. hat gefunden, fuck, ich muss Moschat. Das ist gut. Aber du hast es auf jeden Fall überlebt. Ja, nein, Das- zum Glück, also ich bin bereit gewesen zum Sterben im Fall. Junge, ich habe Aber mal sie haben ein mich abgewicht und sind mega nett ich gewesen. habe Wall of Death gar nicht wirklich gesehen von oben. Mhm. Wegen dem Kameradude. Ja, also ich habe generell einfach nicht so weit vorher gesehen, weil ich kann ja nicht wollen auf die Bühne stehen, ich bin ja um die Ecke gestanden. Ja. Deswegen bin ich dort hinter dem Ecke gestanden. Ja, genau. Dort, aber du hast die Wall of Death trotzdem nicht so ganz gesehen. Ich habe Nein, ich erst, habe sie gesehen. ich habe erst auf den Instagram-Stories realisiert, wie groß das die fucking Wall of Death war. Das war insane. Holy shit. Also die Leute haben es ja, glaube ich, schon. Also die Leute, die da sind, haben es ja, glaube ich, schon gefeiert. Hast du gerade Proteine zu dir genommen? Schlucken, nicht spucken. Schlucken. Aber mit dem Es hat 2. Ich bin mega Das froh, sind hast du das jetzt auch Proteine, noch gesagt, das Lea, hilft. nicht nur ich, weil sonst wäre ich wieder der Grüssel gewesen. Anyway, ja, und dann was war, als ich runter bin schauen? Das ist immer noch nicht fertig. Bist du schauen? Glaubst aber Du und hast dann gesagt, bist du ich irgendwann schauen, wieder von der Bühne raufgekommen gehört. und dann hast du gefunden, holy shit, das scheppert die Hure da unten. Und dann habe ich dann erzählt, Und dann dass hast ich du noch gesagt, ein ich bisschen soll Pipi in auch den noch... Augen Ah hatte. ja, stimmt, hast du ein bisschen Pipi in den Augen Und dann noch gehabt. ein bisschen Pipi in den Augen, Ja. so viel Pipi in den Augen gehabt, dass aus den Augen rausgelaufen ist. Ja, stimmt. Fucking hell, das ist schon mega crazy. Jetzt kannst du schon fast wieder 4 Jahre gesehen. Jetzt gerade sagen, jetzt fast gerade schon wieder an. Ich habe wirklich ohne Scheiß auf der Bühne. Es war zwar cool gewesen und alles. Es war wirklich cool gewesen. Es war wirklich eine No. crazy, insane Experience gewesen, mit ihnen, also neben ihnen auf der Bühne zu stehen, hinten dran, wo mich niemand sieht. Aber wenn sie halt von vorne Aber siehst, es ist halt, das wie ich halt vorher ganz gesagt eine andere habe, Experience. wenn du willst, ein Konzert schauen, ganz im Publikum schauen. Voll. Mhm. Und dann bin ich einfach gesagt, ich muss jetzt einmal in meinem Leben muss ich jetzt Safer Last Breath auf der Greenfield Stage sehen. Und es hat einfach gehittet, Alter. Weil ich einfach so die grosse Bühne, du siehst fast niemanden auf dieser Bühne, weil sie so klein sind. Mhm. Du siehst ja bei den Bands wirklich, erst am Schluss, bei den grossen Bands siehst du die Leute ja eigentlich, bis dann so Risers haben und alles. Mhm. Und dann sehe ich sie dort einfach stehen und dann ist plötzlich so ein 8 Meter Rico dort und ein 8 Meter Moritz und ein 8 Meter Demi und ein 8 Meter Dave und ich bin einfach, ich kann sagen, was ist, oh mein Gott, das ist cool gewesen. Mhm. Mega insane gewesen. Ich wirklich denke schon so, fuck, the boys have made it. Das Lustige ist, ich habe ja angefangen mit dem im Pitch in der Mitte oder mit der Kamera und habe Mhm. gefunden, ich mache einen guten Job, ich laufe mal um, so Mhm. hin und so, zu verschiedenen Angles und so bekommen vom Ganzen. Und nachher habe ich langsam so wie, fuck me, es sind hure viele Leute. Vor allem, weißt du, was ich gemerkt habe? Mhm. Was mich wirklich gestresst hat, war, normalerweise ist es immer so, hey Silvan, kannst du noch schnell im Backstage das holen, ich habe das vergessen. Ich so, ja, hey, kein Problem, ich mach's schnell. Am Greenfield musste ich sagen, ja, hey, kein Problem, ich mach's. Von der Bühne bis zu dem verdammten Backstage Dressing Room. Du bist aber schon ein Und Stückchen jetzt unterwegs. sind es etwa 5 Minuten. Das war crazy gewesen. Ja. Weißt du, ich kann Das ist, einfach, wie ist es ich habe es von vorher wirklich nicht gesehen. Ist bei den Leuten so gut angekommen, wenn ich das Gefühl habe, dass es angekommen ist? ja, Same. insane. Also Energie war crazy gewesen für die erste Band und wie gesagt, ich bin hingelaufen und ich bin, weißt, ich bin weiter vom Front of House gelaufen und es hat noch Leute gehabt. Bis am Zelt hin, Alter. Crazy. Und ich habe es auch nicht kanalisiert, bis ich noch ein Foto gesehen habe, wo ich Wie am viele Schluss Leute genommen hinter habe. dran stehen, gell? Und so, what the fuck, es sind so viele Leute gewesen. Und nachher, lustigerweise, wenn ich dort war, hinten dran vom Front of House, näher von dem Zelt dort vorne, wo der Tex-Mex-Dings war, Ja. Mhm. dann kriegt der Rico sagen, jetzt machen wir eine Wall of Death. Und ich so, fuck! Und von dort hinten habe ich nachher gesegnet, so mit der Kamera, so, Entschuldigung, sorry, Bruder. Aber der Rico war ja ein absoluter Boss gewesen. Holy Aber fuck. es ist Er hat undeniable nachher gewesen. gesagt, es ist ultra anstrengend, dort den huren Stutz wieder raufzulaufen. Als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, Ja, er wir sind- will auf die Fresse fliegen. Das war crazy, wir sind ja dort angelaufen und wir haben einfach gedacht, es steht die Bühne dort, dann kommen wir an und dann ist dort einfach noch so der hure Steg, Volbeat-Ableger dort und wir nur so, ich so zu ihnen so, ja Boys, Gitarre-Solo da vorne, hä? Ja. Jetzt ist Rockstar-Time. Ja, Mann. Nein, es war unglaublich gewesen. Also, unglaublich Das stolz. ist wirklich Also Das- neben Bad Omens mein Highlight von das Greenfield. absolut crazy Experience gewesen. Was Ja. es dann noch zu fucking Best Day ever gemacht hat, ist gewesen, ich bin dort am Mittagessen gewesen und denke mir nur so, das ist der Drummer von Papa Roach. No way bin ich gerade im gleichen Raum mit der Drummer von Papa Roach. Du bist mit ganz vielen Menschen dort im gleichen Raum gewesen. Ja, I don't give a fuck, Alter, Papa Roach. Mhm. Papa Roach ist die einzige Band, die mich dort interessiert hat. An dem Tag. Also nicht interessiert hat, aber Papa Roach ist die einzige Band, die mich hätte können aus dem Konzept bringen konnte. Das war kurz davor. Gewesen. Und dann, irgendwann um 12 Uhr, laufe ich so raus. Und dann bin ich so rausgelaufen und ich noch so... Und dann um 12 Uhr, irgendwann bin ich so... Doch, bin ich so rausgelaufen und ich noch so... Bin ich gerade an der Frisur vorbeigelaufen.
Ja, bist. bin ich gerade an der Frisur vorbeigelaufen. Da, fuck. Und dann bin ich einfach realisiert, dass ich literally gerade am Jacoby Shaddix vorbeigelaufen bin, wo der Sänger von Papa Roach ist, wo auch wahrscheinlich etwa gleich cool ist wie der Ingo von den Do-Nots. Mhm. Und Kann ich dem bestätigen. seine Frisur steht einfach am Morgen um 11 Uhr schon. Weißt du, wenn ihr die Frisur seht, muss ich sagen, Props an Jacoby Shaddix, dass die Frisur den ganzen Tag rockt, weil das kann ja nicht heben. Wie zum Teufel macht er das? Ich glaube, der Ruder hat eine Glatze und es ist einfach ein Helm, den er drauf tut. In den Morgen. Das ist ja wirklich Perücke. Yeah! Ich glaube, es ist Haarlack. Ja. Nein, also ist für mich das Highlight vom ganzen Abend. Ja. Yes. Also vom ganzen Festival. Und dann ist es noch Schade. mein Dann ist es übergegangen. Highlight ist noch viel besser geworden, Brudi. Mhm. Es ist noch viel mehr insane geworden. So. Wenn wir sonst mal weitermachen, weil ich habe nämlich den Rico müssen schnappen und Ah, nachher ja. zu Severed müssen überlaufen. Soll ich, Oh, noch schnell, ja. ich wollte noch schnell Und das kurz, ist- ich mache noch mal schnell kurz mein absolutes Ja. Highlight fertig, weil das hat auch mit dem Jacobi zu tun. Okay. Weil wir sind nachher noch ums Nachtessen gewesen, der Mhm. Klose und ich, der Patrick. Also der gibt der Hollow Shots Dude. Von Ciao. Hollow, folgt Hollow Shots auf Instagram. Und wir sind ums Nachtessen gewesen und dann plötzlich fängt sich einer an einsingen. Das war einfach der Sänger von Papa Roach, der Even If It Kills Me im Backstage gesungen hat, um sich einsingen. Und dann hat er so angefangen zu singen und dann hat die Sängerin von April Art mitgemacht. Und ich bin also der gekocht so, this is not happening, Alter. So, ich höre das jetzt nicht gerade. Und dann bin ich auch der gekocht und das Gefühl gehabt, Bruder, wenn ich jetzt fertig wäre, wäre es einfach okay. Wenn jetzt einfach so Welt fertig, das wäre in Ordnung. Das war crazy. Gewesen. Absolut insane. Ich bring dir gerne wieder mal so einen Buch. Ja, schauen wir mal, wie es der nächste Jahr ist. Ja, Gell? sehen wir dann. Ja, du bist mit Rico rübergerannt. Genau, wir haben von dem jetzt das Video gemacht, wie lange man eigentlich von der Jungfrau zu der Eigenstage hat. Und dort habe ich gemerkt, wie gut eigentlich Save Your Last Breath angekommen ist. Weil das ist gefühlt alle Meter haben wir müssen stoppen, weil irgendjemand gekommen ist, ja, mega geil gewesen, Zum mega Fest der geil gewesen. Windbreaker ist auch hure. Und er hat mir so leid da, eben genau, weil er die ganze Zeit einen Windbreaker angehabt hat. Und es war einfach bombenheiß gewesen, dort zum Überlaufen. Ja, It's the meme that keeps on hurting. das muss er jetzt einfach immer Ich abhalten. war am Warten, bis er seinen Gell, dass er Windbreaker auszieht und und nachher einen nochmal anderen drunter. Windbreaker hat. So wie im Weg zu baden. Genau, Ach, das das ist ist so legendary. gut gewesen. Ja. Ja. Ja, und dann hat Severus gespielt. Die habe ich auch ziemlich gut gefunden. Sehr Für cool. mich ist gut, danke. Kannst du schmecken. Mit Protein. Ich kann dir da noch den Rest geben. Aber ich kann auch selber schauen. Willst du nicht schauen? Nein, schon. Aber ich habe die Kamera noch gehabt. Ah, die Und hast du noch abgegeben. Und ich so am Warten, so wie, ja, kommt jemand? Hat natürlich niemand daran gedacht, dass du Oh. noch die Kamera hast. Eben, ich bin so am Chillen, so wie... die sind alle so Mein im Handy, am Delirium mein Handy am Vibrieren, wie auch so, Wirklich? du läuten wir jetzt an. Nein, ich so, selber, wann kommt es? Selber hat schon angefangen, shit. Was mache ich? Ich kann nicht einfach die Kamera da lassen. Und dann, irgendwann liegt ich da und du schreibst einfach, in 5 Minuten kommt der Padre. Und so, okay. Selber haben vor 5 Minuten, 10 Minuten schon angefangen. Bis ich dann Sorry. warte und nachher abgebe, okay. Dann muss ich nachher segeln. Ich bin tatsächlich gesegelt von der Jungfrau. Jungfrau. Zu Eigen. Und habe noch ein paar Songs selber schauen, ein paar Videos machen. Und ja, ist I sexy. am terribly sorry, dass ich das nicht vorher gesehen habe, Ricky. Alles gut, alles gut. Wir sind wirklich beschäftigt gewesen mit Abrum. Also ich muss sagen, alle nationalen Bands sind wirklich insane gewesen, aber Save Last Breath war wirklich Das war einfach top gewesen. umgehauen. Und nicht nur, weil ich die Band seit fast 15 Jahren verfolge und du ein bisschen näher als ich. Ich muss wirklich auch sagen, ich muss wirklich sagen, auch wenn ich sie nicht würde kennen, wäre das eine der besten Bands. Das ist immer gesagt. Es ist nicht nur Also weil- weißt du, ich kenne sie ja noch nicht so lang. Ich habe die, glaube erst vor irgendwie 2 oder 3 Jahren das erste Mal live gesehen und ich habe sie vorher nicht gekannt und das war so eine Gewalt gewesen, dort, das auf der Bühne mitzubekommen. Weißt du, auch die Attitude, die der Rico hat auf der Bühne, das ist einfach ist so funny. genial. Der Rico ist der Badass Motherfucker des Es ist Jahrhunderts. so gut. Der Kindertöter, der Ja, Bärenschlechter. wenn du dann mit dem redest, ist er so, oh mein Gott, ich bin voll cute. Er hat so eine herzige Stimme. Er hat so eine herzige Stimme, wenn er normal redet. Also ihr könnt sicher zurückgehen auf unsere erste, innerhalb unserer ersten 10 Folgen. Wir haben fix gesagt, Save Last Breath ist eine von den Bands, wo es mich nicht wundern würde, wenn sie plötzlich um helfen würden spielen. Das haben wir vom Anfang gesagt. Ja. Und inzwischen hat sich doch ein Teil von dem verwirklicht und das ist cool und ich bin sehr gespannt, ob Sie haben vor allem auch einen Echt? eigenen Sound. Ja, genau, das Ja, ist das, was sie sie machen ma- nach. Sie sind einzigartig. Und ich freue mich mega drauf, was sie noch alles erreichen tun im Fall. Wer weiß, vielleicht helfen sie in den nächsten 5 Jahren.
Also ich glaube, das ist cool, weil das ist sicher ein guter Moment gewesen für Exposures und die Leute checken, oh shit, da haben wir eine fette Band in der Schweiz, Alter. Wo könnte ich Aber wahrscheinlich haben das paar gar nicht gecheckt, dass sie aus der Schweiz sind. Ich glaube, ja. Ja, voll. Aber auch. Wahrscheinlich im Hini haben sie nicht schon, dass er ein Schweizerdeutsch Reden war. Und einfach gedacht, das ist ein Deutscher. Aber ich realisiere es einfach nicht. Ja, ich habe Sarah leider nicht gesehen. Aber ich habe sie nachher im Backstage Ja, aber gesehen. du hättest müssen Und helfen. mich gell? entschuldigt, dass ich sie nicht gesehen habe. Und sie hat gesagt, es war okay gewesen. Nein, es ist hure stabil gewesen. Also die Jungs machen hure gute Musik. Mhm. Ja. Aber ich bin auch ein bisschen kaputt gewesen, als ich nicht da gekommen bin. Was nachher war, hat ja Bloodywood Bloodywood. gespielt. Oh, Das, Die sind, habe ich nicht. das sind absolut coole Dudes, habe ich herausgefunden. Sie sind richtig chill drauf. Wir sind nämlich am Abräumen und Bloodywood war am Aufstellen und ich habe irgendwie so Moritz gesagt, Moritz, komm, wir müssen Platz machen, der andere ist da. Und dann hat weil der Moritz hat noch irgendwie mich hat mich knuddeln, bevor wir den Amp wegstellen. Und ich nur so, nein, wir müssen das nicht. Weil hinten dran ist eine Bloodywood Crew gekommen und hat etwas vorbeitragen. Und wir sind ihm eigentlich im Weg gestanden und er schaut das nur so an, so, nein, Friendship goes first. so etwas. Das war mega geil gewesen. Cool. Und das sind wirklich richtig chillige Dudes gewesen. Bloodywood. Sie sind auch alle nicht, ich bin ich glaube einem Schlagzeuger so vorbeigelaufen, habe irgendetwas aufgeklopft und er nur so, hopp. Und ich dann so, ja, viel Spaß. Hast du im Fall, aber es ist ganz oft, dass die Bands so chillig drauf sind. Und ganz oft die drumherum Nicht. einfach nicht. Mhm. Es ist jedes Mal so, dass man eine hohe Diskussion mit irgendeinem Tourmanager hat, weil dieses und jenes und nein und das, auf keinen Fall. Und wenn du mit der Band würdest reden, sagst du, ja, easy, kein Problem, machen wir. Das sind die Suits. Das ist so. Das hat, Never aber, trust das hat ja der Ding, der Craig Reynolds in seinem Podcast auch schon gesagt, dass er irgendwo das Gefühl hat, es Wo gibt eine Killship riesen- mal Level gleichzeitig sind, weil der Media Manager einfach das falsch kommuniziert hat. Ja, nein, aber ich weiß nicht, was auf jeden Fall haben sie dann erzählt, dass eben so gewisse Leute, oder ist es Tank the Press Tech Manager, gewesen? Press Manager. Ist der Tank the Tech gewesen, Das der kann erzählt hat, dass bei gewissen Dingen irgendwie so, ja, nein, die und die Band vertragen sich gar nicht. Dabei sind die zwei Bands voll kein Beef miteinander. Es ist einfach der Tourmanager von beiden Bands, der ein Hurensohn ist. Ja, fair. Das ist gut möglich. Ein Tourmanager der versteht sich einfach mit dem Tourmanager nicht und darum schießt er einfach die Bands rein. Und Ja, das ist einfach so fair. dumm, Alter. Ja. Nein, aber Dings, also ich bin eben von Sevras Press gerannt zu Sevre. Ja. Und nachher wieder gerannt zu Bloodywood. Bloodywood schon cool Und gewesen. sind sie gut gewesen? Oh ich ja. habe sie nicht. Ich habe sie auch nicht ganz gesehen, ich habe sie nur so Genau ein in bisschen dieser Zeit gesehen. habe ich noch das letzte Video von diesem Tag gefilmt. Aber Bloodywood sind sehr gut gewesen. Hat Spaß gemacht. Ich habe es ein bisschen gesehen, hat Spaß gemacht zum Hören. Mhm. Ist top gewesen. Ja, voll. Die haben einfach so Groove. Alter. So. Ich habe vor allem einfach so nicht realisiert, wie schnell das alles abläuft dort hinten. Mhm. Das ist Weil schnell, gell? wir sind dort hinten angekommen und dann ist plötzlich Bloodywood fertig gewesen und ich nur so, das sind jetzt etwa 6 Stunden gewesen. Ja, Was ist nach Bloodywood gekommen? das ist schon gut. Bloodywood. Dann bin ich Aurora Wave habe ich leider auch verpasst. verpasst, bin auch durch. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Der Hardkiss habe ich auch verpasst. Das ist aber insane. Ich komme ja aus der Ukraine. Das sind Und die Fanbase, die die dort haben, das Also das habe ich- ist. Habe ich auf dem Video Krass. gesehen, ja. Schon. Das musst du mal geben. Ja? Also, wenn du jetzt irgendetwas in deine Story würdest posten über sie, du hättest etwa 50 neue Views einfach von irgendwelchen Fanpages auf Krass. Insta von ihnen. Alright. Ja, auf Ding, das Video vom Greenfield vom Samstag, das aufgeladen worden Ja. ist. Alles Nur nur. Ukraine-Flagge. Alle Und der so, Moritz mit dem ja, Bier in der Hand. Ja, genau. King Moritz. Dann machen wir einen Clip und sagen wir haben sie nicht gesehen. Ja, und dann werden wir Bitte umgebracht. gern Alter. Werden wir geschehen. Du musst umgebracht. sie Nein. Sorry. Nachher ist April angekommen. Cool. Habe ich nicht gesehen, leider. bin Habe ich auch schon- nicht gesehen. Nico da und bin ich haben auf Angst dem gehabt, dass wir Camp wieder gewesen. besoffen werden. Dann habe ich weil- eine große Pause gemacht. Ja. Wir haben beide große Pause dann Mhm. gemacht. Und wie sie sie? Cool. Mega lässig gewesen. Hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Was machen die für Sound? Guano Apes 2. Guano Apes in modern. Okay. Paramore in Metal. Mhm. Guanito Apes. Nein, fucking sexy. Hat Spaß gemacht. Richtig, ihre Stimme hat so richtig Balls, Alter. Mhm. Das war crazy. Gewesen. Dann Geil. haben wir auch ein bisschen recherchiert. Dann haben der Nico und ich herausgefunden, wieso die plötzlich so gross geworden sind. Und? Weil die gibt's gleich lang wie Versis. Und die haben ihren Durchbruch erst so 2024 gehabt. 2023. Ja, sie war die Bachelorette gewesen, irgendwann einmal. Aber die Musik ist top. Also, Sind das Deutsche? yes. Ah, Das sind lustig, die Bands, die so einen Viral Moment haben.
Aber nachher siehst du, all die gibt es schon seit 15 Jahren. Ja, ja. So, Der Overnight Success. Overnight Der Success. 20-Year Overnight Success. 20-Year Overnight Success, genau. Ja. Er ist so wie bei Silver, oder? So wie Preparation meets Brudi. Luck meets Opportunity. Dings. Okay. Wie heisst jetzt? Was? Kannst du mal von der Hailstorm. Hm. Gibt es auch schon ein Zeitchen. Ja, ja. Gibt es auch schon ein Zeitchen länger, wie die Band erfolgreich ist. Ja, fair. Nämlich, ich glaube, gut 15 Jahre länger, wie die Band erfolgreich ist. Und die Band gibt es jetzt erst seit etwa 20. Aber ich meine, das ist auch mit Malevolence, die gibt es auch seit 2009 oder so. Killtrip 2016 oder so. Ja, yeah. Und die sind jetzt mega am Wachsen. yeah. Ja, die haben wir leider nicht gesehen. Doch, die habe ich gesehen. April Arch ist cool gewesen. Wirklich, also wenn... Kennen die Guano Apes? Ja, das Ja. ich mir sagen. Ich kann nicht gewusst, die sind deutsch. Die sind auch Deutsch, ja. Ja. Die sind toll. Mhm. Das ist wirklich cool gewesen. Das ist schön. Nachher ist Breaking Benjamin gekommen. Ah, okay, dann bin ich wieder zurück im Gelände. Ich auch, aber Holy das fuck. ist gar nicht meins, habe ich gemerkt. Holy fuck, sind die langweilig. Gau! Oh mein Das ist Gott. der Bruder Ich vom habe vor allem Schiff- auch Gossip Das von ist der Schiffbruder. Backstage. Das ist der Schiffbruder, Schiffbruder, ja. Ja, ja. Weil er fliegt nicht. Ja, genau. Wie lange hat er gehabt? 7 Tage mit dem Schiff? Keine Ahnung, zum- wahrscheinlich wahrscheinlich. schon ein Zeitchen. Ah, das ist die Story. Ja, der hat Ah. gesagt, er ist mit dem Schiff gekommen, deswegen ist er nicht oft da. Also, Weil er nicht fliegt. Ja, Ja. deswegen macht er, glaube ich, jetzt gerade wie so eine Tour durch Mhm. Europa. Mhm. Ja. ja. Und was er auch nicht gerne hat, ist Blitz. Wenn irgendetwas blitzt wird. Weil Ja. wir haben ja hinten Ja, so sieht er aus. Backstage, haben Das wir ja sieht schon einen aus, ja. Backstage-Fotograf. Mhm. Und er macht dort halt die Fotos. Mhm. Hast du ja mitbekommen. Mhm. Und dann hätte es ihm gar nicht gepasst, dass es die ganze Zeit blitzt hat. Er hat einfach immer durch den ganzen Hangar hat er einfach immer geschrauen, aufhören, aufhören. Ich glaube, er hat noch bei ein bisschen PTSD von Paparazzis, wo seine Band noch relevant war. Man weiß es aber nicht, er hat sich nie dazu geäußert. Weißt, wenn es jetzt irgendwie ein Grund wäre, dass es zum Beispiel wegen Epilepsie wäre oder so etwas, dann hätte ich es wie so easy verstanden. Es Aber wird I schon mean, Art und Weise. du einfach kurz darüber reden und Ja. dann finden wir eine Lösung. Mhm. Was ich weird gefunden habe, ist, er hat für mich so gewirkt, als ob Englisch nicht seine Muttersprache wäre. Schon. Tja, Mhm. wieso? Das ist mit dem Talk gut. Nein, aber seine Ansagen auf der Bühne haben das so ein bisschen... Hey, ich habe glaube 5 Minuten Weird mitbekommen und dann bin tönt. ich übergegangen. Also die ganze Band hat so wie Divorced Dads ausgesehen. Ja, und nachher ist 3 Days Grace. Nein, jetzt ist es noch etwas anderes gekommen. Ja. Rise of the North Star. Ja, die habe ich leider verpasst. Oh mein Gott. Die habe ich leider Den verpasst. mein Gott. bist Die du habe ich mit leider verpasst. Vollbratan Weil ich und kann- Schnauzbrudi. Die haben dich mitgezogen. Ich Ich habe habe- es das mega hab ich genossen mit angeschissen, die hätte ich Vollbratan gerne und gesehen. Schnauzbrudi. Es war wirklich Highlight. gewesen. Weil das Problem ist eben, ich kann die eigentlich schauen, aber ich kann auch 3 Days Grace schauen. Mhm. Und es hat irgendwie, es hat so viele Leute gehabt, die dann hin und her gelaufen sind, dass ich Es hat schon perfekt aufgegangen. Also für uns war es perfekt. Ja. Gewesen. Also, Also ich und Lara sind wie am Boden gehockt, dann haben sie gechillt dort. Ja, aber wir, Ah, wir nein, haben schon ich den bin Anfang am- von 3 Days Grace verpasst. aber das war okay. Gewesen. Ja, Nein, ich voll. hatte Weil Dafür Anfang haben wieder die verpassen. wie Spass Rise of gehabt. the North Star ist so gut. Die gewesen. sind super. Gewesen. Hero Also, the Hero gesehen dort. Ja. das war auch dabei. Oh, gewesen, Dabei, ja. der ist auf Sidequests gewesen, das Und ganze das ist Festival. eben das, was ich so baffling finde. So wie bei Throne habe ich nichts gespürt. Und bei Rise of the North Star bin ich am Two-Steppen gewesen, Alter. Weil es nicht authentisch ist. Es ist wirklich etwas, was ich nicht beschreiben kann, aber es ist einfach, es ist so, authentisch. so gute Energie gewesen, so fucking Ja, aber das sind sie auch allgemein. innate von Ja. denen, weißt du? So einfach, aufgesetzt hässig, es ist hässig. das ist so gut gewesen. Und sie sind mega sympathisch. Mhm. Das ist gut zu hören. Gut zu hören. Ja. Aber Oh. ich habe so einen guten Joke gefunden bei 3 Days Grace nachher. Alright, also, Aber nachher dort hast du ja auch gemerkt, das ist eine alte Generation. Aber hä? es ist fucking ich Das habe es gut hast du gefunden. wirklich, Ich habe das 3 hast- Days Grace so viel besser gefunden als Breaking Benjamin. Ja, sowieso. Also, voll, das ist Thema, die sind von der gleichen Generation, aber Weißt du, Days Grace habe ich einfach wirklich gefühlt. Weißt du, was Sound der most einfach auch. insane part ist? Papa Roach ist ein Jahr, der Sänger von Papa Roach ist ein Jahr älter wie der Sänger von 3 Days Grace. Sieht aber 10 Jahre jünger aus, mindestens. Meinst Die du? ganze Band von Papa Roach sieht so viel fitter aus wie 3 Days Grace. 3 Days Grace hat ausgesehen wie so a bunch of old dudes. Nein, warte. Adam Gontier ist immer noch Der, fucking... der nicht, aber der andere Sänger. Ja, die ja. haben einfach alle ausgesehen, als ob sie besoffen im Metro gegangen wären. Ja, Und dann irgendwie the weirdest looking outfit, the most scene looking outfit gepickt haben. Dann ihre Outfits, das hat so Ja. gestimmt. Also ihre Outfits haben wirklich so out of place ausgesehen. ich bin ein Adam Gontier Fanboy. Wer Das ist der halt Adam schon Gontier, der erste oder der zweite? Der OG-Sänger, der nachher gegangen ist. Ja.
Das war aber nicht der mit den langen Haaren, gell? Haben beide so ein bisschen lang Haar? Nein, der eine hat einen Iro gehabt und der andere hat lange Haare gehabt. Iro. Einer hat Iro ist ein Tier. Einer hat Iro gehabt und der andere Ja. hat blonde Haare gehabt. Ja, der mit den blonden Haaren wirklich einfach, der hat ausgesehen wie so Ja. Prison Mike. So wie der Sänger von Guns N' Roses. Es ist wirklich, es hat einfach verkleidet ausgesehen. Ja. Und dann, das hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, bei Papa Roach gesagt so, aber Papa Roach sieht jetzt einfach nicht verkleidet aus, dann kaufe ich das irgendwie ab. Und also, ja, die sind auch nicht verkleidet halt. Ja, kann ich. Aber Dings Freeze Squeeze habe ich mega cool gefunden, wie sie das jetzt machen bei beiden die Sänger, Der ist sick. der alte und der neue, und wie sie sich abtauschen mit der Gitarre und so. Und auch eben, 3 Days Grace hat einfach Spaß gemacht. was Adam Gontier auch erzählt Banger hat, Riffs. von wegen, er weiss, er ist mega stolz, für das, trotz dass der Leadsänger gegangen ist, haben sie es weitergemacht und weiter gepusht. Und dann können wieder zurückkommen und dass sie es zusammen machen können, ist mega cool und so. Banger Ja, Riffs, cool Alter. gefunden. Einfach Banger authentische Riffs. Vibes und einfach Legends. Ich meine, wir kennen es halt von den PS2-Games und so. Fucking sick, Alter. Ich habe die in einem WWE PS2-Spiel Fucking sick, kennengelernt mit Animal Happy Come und es ist einfach so gut. I Ja. everything Einer von den wenigen about Bands, die ich you. tatsächlich gesungen habe und ich die Lyrics gewusst habe. Voll, Hit. same. Ja. Same. Ich habe aber im Fall auch das Gefühl gehabt, dass vielleicht liegt es daran, dass ich bei diesen beiden Bands als einzige im Publikum ein bisschen vorne gestanden bin. Aber ich Bist habe du das bei den Gefühl anderen überall woanders gestanden? oder nein, was? nein, nicht, aber nicht so weit vorne. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute singen nicht mit. Bruder, what the fuck is that? Jemand, ich habe das Das ist Gefühl, Das ist Aber ein nein, riesiger Protein. Das ist Aber jetzt mal im richtig viel Protein. Was ist das für ein Protein? Ist das ein Moskito? Mann? Du Ja, tu das Bruder. doch raus tun. Moskito ist sonst ein Machst du so, weißt du, mit dem Finger ein anderes und dann Wort tust du für die Dose Muskel. rein. So ein Schwinger. Ja. Aber jetzt sind, ich habe das Gefühl, bei den neueren Bands können die Leute nicht mehr mitsingen wegen Spotify. Wegen Spotify? Wieso Ja, weiss ich weil du Spotify? hörst nicht mehr ein Album. Das stimmt so per se nicht. Ich merke es ja selber, die Bands, die ich geil finde, ich kann nur bei den alten Sachen mitsingen. Bei den neuen Sachen kann ich nicht mitsingen. Ja, krass. Nein, das habe ich gar einzig nicht. Bullet from a Valentine, die neuen Sachen, weil du hörst es und dann hast du es gehört und dann kommt Spotify und gibt dir schon wieder etwas anderes. Und früher, wo du eine CD gekauft hast oder das hast du runterladen, Hast du halt öfters CD hast halt du nachher. das einfach Aber das mache durchgelassen. ich trotzdem auch bei Spotify. Ja, ich höre das viel echt, CDs. ich mach Das ist gut das- für dich, Ja. aber generell die Ja. Du meinst für Playlisting. Aber ich Ja, wenn höre du auch halt mehr. das Album fertig hast, dann haut es dir gerade etwas Neues Also, rein. ja, fair. Also in den letzten paar Wochen. und es kommen nur noch Singles raus und nicht mehr ganze Alben. Also in den letzten 2 Wochen habe ich den neuen Guildtrip-Album sicher 10-mal schon gehört. Top. Ja. Das ist gut für dich, Same. aber die Mehrheit macht es nicht mehr, weil du siehst es bei den neuen Bands, bei den neuen Songs werden nicht mehr mitgesungen. Ja, fair. Es sind bei den alten Songs, die mitgesungen werden. Mhm. Mhm. Nachher war Destroy Boys. Leider nicht Nicht gesehen, gesehen. Auch nicht, leider. weil ich musste zu Abendessen. Hey, das war der Moment, wo ich für mich entschieden habe, ich mag ihn nicht mehr. Und dann hast du die Ja, beste Ah. fucking Band vom Festival Nein, verpasst. habe ich nicht. Aber ich bin dann einfach so, hey, ich möchte jetzt einfach gerne mal chillen und herhocken. Und in dieser Zeit konnte ich einfach nicht chillen und herhocken. Und dann habe ich es ja trotzdem irgendwann geschafft, noch zu Papa Roach zu kommen. Geil. Mhm. Aber ich Oh mein bin, Gott. ich bin glaube einfach so mit der Energie am Ende gewesen, dass ich gar nicht mehr Lust Ich bin- hatte, mir das zu geben. Ich bin bei Papa Roach so fucking hyped gewesen. Mhm. Ich bin das erste Mal an diesem Festival wirklich im Hell Yeah Festival-Modus rein gewesen. Weil ich bin da gestanden und dann haben sie als ersten Song irgendwie fucking Dead Cell gespielt oder als zweiter Song. Ich bin echt so, ich habe jeden Song mitsingen. Ich bin so hyped gewesen. Ich bin Also das, was nüchtern bei mir gewesen. mit Bad Omens war. Es ist so ich glaube sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Mhm. Einfach weil ich absolut dumm bin. Ja. Ich habe so lügt, meine Kollegen so geschüttelt und so gesungen und es ist ich bin wirklich kurz davor gewesen. Ich bin kurz davor gewesen, in den Mosch führen zu rennen. Ich bin Oh, so, wow. ich bin so kurz davor. Hätte es nach Dead Cell, weil sie haben den alten gespielt, Dead Cell, und hätte es nach Dead Cell nochmal einen aus dieser Ära gespielt, ich wäre schlägeln. Ich wäre nicht mehr vorgekommen, ich wäre fertig gewesen am Schluss. Ja. Nein, ich habe Hälfte geschaut, aber ich bin auch Abstand die beste Band gewesen. Holy fuck, ist das Ja. gut gewesen. Die haben Energie gehabt, die haben Druck gehabt, die haben das Publikum im Griff gehabt. Die haben Ja, das selber stimmt, ja. Bock gehabt auf das. Die haben vor allem selber Bock gehabt. Du hast der ganze Band angesehen, dass sie Bock voll, gehabt haben. voll. Und das ist wirklich crazy gewesen, wie gut das Papa Roach ist, Mann. Es ist so gut gewesen. Es ist wirklich so gut gewesen. Mhm. Ich stehe zu meiner Meinung, dass Papa Roach die Headliner sind an jedem Festival. Mhm. Ja, An jedem ja. Festival. Und man sollte mehr Papa Roach hören. Mhm. Ich muss mehr Papa Roach hören. Ja, ich habe glaube ich Hälfte geschaut, dann sind wir auch gegangen, weil ich kann auch noch mehr mögen. Und dann sind wir heimgefahren. Also in dem Fall Dings sind nicht schauen. Ist niemand von euch schauen?
Vollbeat habe ich 2012. Nein, nicht Vollbeat. Bill Murray. Bill Murray habe ich auch nicht. Bill Ich Murray wollte reinschauen, Same. aber mein Taxi und die 3 anderen in meinem Taxi haben das Gefühl gehabt, Mhm. Wir müssen jetzt gehen. wir wollen Ja. jetzt nicht. Okay. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, entweder ich gehe jetzt nicht Bill Murray schauen oder ich laufe heim. Und sonst hätte ich die auch mitnehmen können. Das habe ich nicht gewusst. Ja, Ja. weil ich habe dann nach dem, eben, während Papa Roach habe ich dann entschieden, ich fahre jetzt heim. Mhm. Hättest du mich gar nicht mitnehmen können. Doch, habe ich, weil ich bin während dem Vollbeat angefangen zu spielen hat, bin ich Richtung Hotel, habe meine Okay. Sachen gepackt, habe dann nochmal zurück müssen kommen, weil ich dann Jess noch mitgenommen habe, weil sie dann da gesagt hat, sie kommt mit. Yes. Dann musste ich irgendwo dann nochmal anhalten, um den Schnauzbrudi aufzuladen, weil Also, der ist ja. ja von der anderen Seite. Das gewesen. ist Jess von Jessica Chris Fotografie, oder? Mhm. Ja, genau. Sie ist ja Folge mit, dir auf Instagram. genau, sie ist mit Rise of the North Star unterwegs gewesen. Einer der besten. Sie hat auch ein besseres Bändchen gehabt wie du. Mhm. Ja, voll. Sie ist. Ich kann sie nämlich jetzt Nacht holen. Hä? Ich kann sie jetzt Nacht holen, Ja, wenn ich sie zu Nacht hat gegessen auch so, das ist normal. Weil ab dem Moment, wo du mit Artist unterwegs bist, hast du das eigentlich in dem Es Sinne. ist mit Rise of the North Star zusammen. Genau, gewesen. sie ist Hure geil. angefragt worden von ihnen. Sehr cool. Was mega nice ist. Ja. Also, aber sie ist ja eh insane. Also, Ihre Quality ist große crazy. Liebe für Jazz, Mhm. wirklich. Also, könnt ihr unbedingt Das folgen. erste gute Foto von Metal Servola gemacht, Yes, Mhm. stimmt am Grenichen. Mhm. wo der Ricky nicht gewusst hat, wie man es korrekt croppt. Ja. Und ich dann nochmal zugeschnitten habe. Mhm. Ja, und dann sind wir nachher auch heimgefahren. Ich hätte, glaube nicht so heimfahren Mhm. einfach weil ich so hart übermüdet war. ja. Und Ja. eben der scheiß Brünningpass. Wow, wir sind auch über den Brüder Ja. gefahren. Ah, der ist Das das ist über Luzern, Pain. oder? Ja, das ist Ja, ja. der, wo du so... Und wirklich der Gassi Aber nebendran. ist besser- Wirklich der Gassi, ich habe mit Gassi eine Aufgabe gehabt. Ich habe gesagt, du rettest die ganze Fahrt. Mhm. Von hier bis wir bei mir daheim sind, rettest du mit mir. Du darfst nicht einschlafen, du darfst nicht am Nattel rumtrinken, Brünig- nichts. Brünig im Fall Das ist besser vorbildlich. Brünig besser zu mit der Nacht fahren wie die Autobahn. Nein, ich Nein, fahre lieber fuck it. Autobahn. Das ist Aber für auf der- mich Kopf Aber angenehmer. auf der Autobahn schlafst du Also direkt. Autobahn Nein, ist ich eben über nicht. Bern, oder wie? Ja, das hättest du auch über Bern Nein, können. generell, wenn du müde bist auf der Autobahn fahren, das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann Für mich ist schlafst es du aber direkt ein. angenehmer. Eben, darum Das schlafst ist du schon ein. angenehm. Nein, für mich ist, wenn ich müde bin, kann ich besser auf der Autobahn fahren, weil mein Kopf dann besser konzentriert Voll. ist. Weil ich bin hart überfordert Ja, über es den ist- scheiß Brünig. Ja, es ist- Und wirklich, der Gas ist so nebendran gewesen. Also, oh Lea, ich muss jetzt Fenster runterlassen, mir wird Ja. schlecht. Lara ist auch so. Ja, und der und Lukas sobald wir nachher Autobahn sind, ist sie voll vorbildlich entspannt gewesen. eingeschlafen. Ah, super. Nein, das Ja. habe ich zum Glück nicht gehabt. Mhm. Jess ist hinter eingepennt. Mhm. Der Lukas ist auch noch hinter uns nachgefahren. Der hat ja zu Zähnen raus müssen. Mhm, Und fix, wir sind auch weiter. Und das ist das Beste, wirklich, es ist das erste Mal, dass ich am Samstagabend heimgefahren bin. Beste Leben. Und ich schwöre, das beste Feeling, am Sonntagmorgen aufwachen Und einfach Oh. und dann nichts mehr so, müssen machen. oh mein Gott, ich bin jetzt einfach die Im Heime. Bett. Ist Kaffee. Das war so insane gewesen. Weißt du, so im eigenen Bett, du hast alles bei dir, du kannst gerade die erste Wäsche reinhauen. Es Weißt- ist einfach das beste Leben. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben beim ersten Mal, wo wir sind auf WC, haben wir einfach vergessen, Dings spülen. Ja. Weil wir einfach gemeint, das ist ein Lol. Toi-Toi. und gleichfalls mit dem Toi-Toi, ich habe mich immer umgedreht zum Spülen. Ja. Oder zu spülen. Also, nein, shit, das ist ein Toi-Toi. Jedes Ja, Mal. aber es war ziemlich insane gewesen. Aber eben auf dem Heimweg, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich am Festival war. Ja, voll. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Das Jahr war für mich mega speziell, gewesen, das Festival. Mhm. Also, der Hype ist gar nicht so übergekommen. Ja gut, aber der Hype klingt auch ab, wenn du es so ein paar Mal schon gemacht hast. Ja. Hey, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach auch mit dem allgemeinen Workload bei mir, I don't know, aber es ist einfach wieso, Also, ich bin gar nicht angekommen, Bei mir ist es, richtig. ich kann das sagen vom Grenichen. Das erste Mal, als ich mit dem Brian Backstage vom Grenichen war, bin ich so, holy shit. Beim zweiten Mal. Und dann ist es wie so halt Hygienefaktoren beim Arbeiten. Wenn du Motivatoren brauchst, sagen die alle, ja, mehr Lohn. Mehr Lohn ist kein Motivator, mehr Lohn ist ein Hygienefaktor. Weil das ist einmal motivierend, beim ersten Mal, wo du mehr Lohn bekommst, und beim zweiten Mal hast du dich schon daran gewöhnt. Und wo wir letztes Jahr am Grenichen waren, ist fast so, nicht, dass ich mich daran gewöhnt habe, aber es es ist ist viel schon einfacher. es ist schon viel, ich bin dem Ganzen gegenüber schon viel abgestumpfter gewesen wie das erste Mal. Ja. Schön, wie du im Unterricht aufpasst. Hä? Sehr schön, wie du im Unterricht aufpasst. Ja. Bildungsauftrag erfüllt, Wie würde ich bist du sagen. heimgekommen? Ist alles gut gegangen? Auto, heimgefahren, Taxi, top. Hast du nicht müssen fahren? Nein, ich bin Beifahrer gewesen und ich habe meinen Job sehr ernst genommen.
Mhm. Und alle haben Panik gehabt, dass es nicht gut kommt. Und bis dann die Fahrerin ins Glück geht. Zum Glück kannst du fahren. Das war gut gewesen. Ja, du kannst schon labern. Es geht nicht ums Labern. Beifahrer. Nur Labern bringt nichts. Nein, du musst alles machen. Du musst Ja. Getränke öffnen. Du musst den Fahrer engagen. Du musst schauen, dass der Fahrer. Du musst Ja. nicht einfach labern. Du musst mit dem Fahrer labern. Du musst Du schauen, musst ein Gespräch führen. oder du musst einfach blöde Disney-Songs laufen lassen und fragen, welcher Disney-Film das besser ist als der oder welches das beste Lied von Disney ist. Und dann müssen sie überlegen. Hast du gehört, Baby? Ich mach den Talk schon mal mit dir, wenn es sein muss. Sehr gut. Es ist ganz einfach. Der Beifahrer ist kein Beischläfer. Mhm. Ich habe einfach Guilt-Trip. Aber Military. I'm a military educated sehr driver. gut. Sehr gut. Oh ja. I know how to sleep everywhere, but not in the car. Mhm. Oh, das ist ein schöner Green Ich Flag. habe etwa 17 Eltonis, 17 Mate gehabt wahrscheinlich. Von dem her. Ja. Es hatte keine Eltonis im Backstage. Ich habe nämlich gemeint, da habe ich noch wieder erzählen. Weil der andere jetzt so fett Werbung für Eltoni gemacht hat. Ich so, geil, Eltoni im Backstage. Kein Eltoni im Backstage. Schade was. Nur Red Bull Ui. Mate, der auch okay war. Ich Red bin Bull happy, Mate ist dass schon ich gut. mein Red Bull hatte. Ja, Red Bull Mate auch gut, aber Mhm. Eltoni beste. Yes. Was, Ricky, hast du komplett Highlight Festival gesehen? Komplette Highlight. Ich würde sagen, wirklich Save Last Breath. Ist wirklich Highlight gewesen. Und Ja, das war eine Experience gewesen. Mm. voll. Und sonst Highlights von Bands, Rise of the North Star. Ist einer der grössten gewesen. Und ja, ich würde sagen. Ja. Sonst, ich habe schon jetzt vergessen, was er schon gespielt hat. Friendship, Alter. Friendship ist das Highlight vom Festival gewesen. Friendship. Friendship, ja. Friendship. The Und- stories the friends we found along the way. Das habe ich einfach das Jahr mega gemerkt. The stories we've made. Ich bin, glaube schon lange nicht mehr so oft bei Leuten auf dem Camp gsi oder mit den Leuten vorne dran gsi wie das Jahr. Ja, aber das Festival macht nur Spaß, wenn du mit deinen Kollegen dort bist. Ja. Macht auch Spaß wahrscheinlich, aber mit deinen Homies ist es am besten. Darum Darum, Nick und ich sind irgendwie bei Papa Roach plötzlich völlig verloren alleine gestanden und dann haben wir das Foto bekommen, so, ja, wenn wir jetzt nicht hingehen oder nicht. Dann sind wir nicht hingegangen und dann haben wir es nicht bereut. Darum, Highlight ist Friendship. Friendship. Ja, ist auch, wenn wir auch ein bisschen leid haben, weil ich bin am Segel von Am Silb zu Severe und nachher gesehen einen Kollegen, den ich schon lange nicht gesehen habe. am Freitag bin ich auch nur gerannt im Fall. Sorry, ich muss... Am Freitag bin ich auch nur gesäckelt von Bühne zu Bühne. Das war fast schon schlimm gewesen. Ich muss aufhören, an Festivals zu gehen. Also, das Greenfield-Line-Up ist ja jedes Jahr beschissen, laut Instagram oder Facebook oder was auch immer. Also laut den Kommentaren dort ist das Line-Up sowieso immer beschissen. Also kann es vielleicht einfach effektiv mal beschissen sein, dass ich Zeit habe, zu meine Kollegen zu treffen. So Greenfield nächstes Jahr Das bitte Problem weniger. ist halt dort, auch, egal wie das Line-Up ist, du wirst es nie allen recht können machen. Eben, ich sage, das Line-Up ist immer beschissen, according to the comments. Und es wird Das immer Line-Up das Jahr ist jeder fucking- motzen, das Line-Up das Jahr egal ist wer fucking sick kommt. gewesen. Nein, das Line-Up das Jahr war insane gewesen. Es war insane gewesen. Ja, wenn man mal richtig reingeht, Es also ist weißt, immer insane reinschaut, gewesen. was er eigentlich gespielt hat, ist es mega gut Und gewesen. also, wenn du vielleicht Breaking Benjamin, Three Days Grace und Papa Roach am gleichen Tag. Mhm. Das sind 3 Headliner bei anderen Das ist schon Festivals. crazy, ja. Mhm. Das sind 3 Headliners bei so. Das ist halt wieder interessant gewesen, halt für die ältere Generation. Voll. Diesen Wort rühren wir die Lea raus, weil sie uns mobbt. Und wünschen euch einen schönen Abend, Tag, whatever. Haben wir nicht noch Fragen? Ach, ich mag jetzt Er einfach mag nicht mehr. Huren nicht mehr. Ich weiss. Eine Frage würde ich gerne beantworten, Okay. noch schnell. Ja, Und komm, zwar- machen wir es doch. Komm, gehen wir durch. Aber schnell. Ja, ja. Rapid Fire Questions. Alright. Hat irgendetwas jemand mitbekommen mit den First Row-Regeln? Nein. Gibt's... Habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Was ist eine First Row Regel? Ist I don't know. nicht der Rammstein-Dings? Nein, das Das ist weiss Row ich. Zero. Sorry, my bad. Das ist etwas anderes. Die einzige First Row Regel, die ich kenne, ist, dass Sveti und der Milo dort rein müssen. Das ist die einzige First Row Regel, die ich kenne. Habe ich noch nie davon gehört, dass es das gibt. Mal Okay. Sveti muss in die erste Reihe, sonst ist es falsch. Ich glaube, ich habe sie einmal gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, gewesen, Ja, ob sie in am die das erste ist. Reihe. Jägerstand. Hä? Am Jägerstand ist sie. Nein, Jägermeister bin ich nie gewesen. Hm. Mal, was ist das? Ja, ja, aber Die ich Papa habe Roach in die gemeint, erste ich sie Reihe. irgendwann sonst mal, weißt du, auf dem Sie haben mir ein Konzert Video gesehen. geschickt, wie der Jacobi Oh, sie ja, so. was zum Geier sind Und wieso haben die nie einen Servola dabei? Ich selber das grusig finde. Also, ja, ich habe schon lange nicht mehr selber gelassen. Ja. Sorry, Servola ist. Ich glaube, die Regel ist einfach so First Come, First Serve, oder?
Ja, und halt einfach, dass du bewusst musst sein, dass halt einfach die ganze Crowd surfen Es wird. gibt so ein geiles Foto von der Safer Last Breath Show, weil du einfach offensichtlich Dudes siehst, die in der ersten Reihe stehen, die 3 Days Grace schauen und einfach so absolutely disgusted sind von dem, was gerade auf der Bühne abgeht. Geil. Was ich noch für eine Frage habe, ist vom Dummies. Und zwar, er will gerne wissen, wie werden Bands am Greenfield bookt. Weil ja oft also die Thematik ist ja, dass ja jedes Jahr die gleichen Headliner kommen oder alle im 2-Jahrestakt. Mhm. Wisst ihr das wieso? Kapitalismus, Mhm. Money, Vertrag, Business. Es ist oft so, dass das Booking läuft ja über FKP. Mhm. Mhm. Und sie haben ja zum Beispiel mehrere Festivals. Mhm. Und sie buchen oft auch Bands, die an allen ihren Festivals können spielen können. Mhm. Die halt auch herpassen. Und dazu kommt auch, dass Bands sagen, hey, wir möchten nächstes Jahr auf Tour. Und sie können halt durch das können sie halt auch den Vertrag besser machen, wenn sie halt an mehreren Festivals spielen. Mhm. Mhm. Das ist ein 2-for-1-Ding. Deswegen spielen hure oft ähnliche Ja, das Bands. ist ja logisch. Es ist, Das Problem ist einfach nur, dass immer gesagt wird, ja, es sind immer die gleichen Headliner. Aber wenn du mal schaust, wie Es sind immer die gleichen Bands. viel sonst auch Das Bands Barry kommen. Tomorrow, das ja nicht im Greenfield Eben. gespielt haben, macht ist komisch. Wir Eben. haben alle 2 Jahre im Ich meine Greenfield zum gespielt. Beispiel, Donuts kommen ja auch oft als Greenfield, aber dort wird nicht so drüber gejudged. Donuts können von mir jedes Jahr als Greenfield kommen. Ja, das weiß Ich ich. glaube, also ist in dem bei Fall- Donuts wird es eben einfach weniger judged, weil es nicht der Headliner-Slot ist. Also ist in dem Fall Und alle wie, Donuts lieben. ist in dem Fall wie ein Crime Syndicate. Wer Donuts Headline, alles ist wie ein Crime Syndicate. Alter, Ja, ja. alle Firmen sind, alle Firmen sind kriminelle Institutionen. Insider Trading, Alter. Alle, ich sag's jetzt da, wenn du willst, die richtigen Kriminellen haben Anzüge an. Aber wenn du Oder die willst, kriminellsten Leute haben Anzüge an. aber wenn du willst wissen, wie könntest du gebucht werden, wahrscheinlich Band Day. Hey, genau, weil jemand hat gefragt, wenn Kate Effect spielt. Mhm. Dort würde ich, Musst du den Kate-Effekt fragen. Kann ich. dort würde ich insane empfehlen, beim Band Support Day mitzumachen. Sie haben das komplett neu umstrukturiert dort. Also es ist jetzt Art Speed Dating, das heisst, du hast wie Zeit, innerhalb von kurzer Zeit dich und deine Band eigentlich vorzustellen. Mhm. Und sie geben dir Tipps und Tricks und so ist eigentlich auch sehr viel als Breath gebucht Ja, worden. das ist erste Erfolgsgeschichte. Ja, Deswegen unbedingt beim Band Support Day anmelden für nächstes unbedingt. Jahr. Gehen. Jetzt einfach angeschissen, so früh aufstehen. Deswegen bin ich nicht gegangen. Jetzt wissen Aber wir das für das nächste ihr- Jahr. Sind sicher ein bisschen. Können wir weitermachen, ehrgeiziger. Jungs? Ich muss Motiviert. wirklich schiffen und ins Bett. Dann können wir es auch. Das ist voll gut. Right, das sind ein paar Fragen. Die andere Frage kann ich wahrscheinlich nicht beantworten. Oder kann ich? Mhm. Hast du dir überlegt, bevor du den Satz angefangen hast? Nein. Oder hast du Ja, einfach zum geredet? anderen kann ich nicht aktiv viel sagen, weil es sind Okay, entweder dann können- Verträge dabei. Dann könnten es Ricky und sind ich die Sachen, Frage wo ich funny nicht- beantworten. Okay, warum Heineken? Ist doch Rugenbräu. Nein, es ist Nein, Sie Heineken Heineken. kriegen sich alle über das gottverdammte Rugenbräu. Heineken. Rügenbräu ist seit letztes Jahr nicht Kann ich mehr. beantworten. Vertrag, Kapitalismus. Business. Genau. Business. Wieso ist die Situation immer so scheiße und wieso kommen alle 3 Jahre Vollbeit? Business, Kapitalismus. Business. Das Crime Syndicate, Es sind Mafia. einfach Verträge. Mein Gott, es ist einfach. Welche Situation ist in unserer Globale Gated Community Mafia. okay gewesen? Probiert einfach ein bisschen mehr Inflation. Freude an eurem Leben zu finden. Einfach nicht und an die Favelas. Und genau. Iran-US-Krieg, Alter. Und Der hat I mean, nicht so man- viel damit zu tun, glaube Fair. auf jeden Fall, man kann es ja nie immer allen recht machen und bei so einem großen Festival schon lange nicht mehr. Deswegen probiert einfach eure Freude an dem zu finden, was euch Spaß macht. Und wenn es euch anschießt, dann bleibt einfach daheim. Ja. Fair enough. Oder kommst du schon gar nicht? Also eigentlich ist ein genereller Lifehack, wenn du wissen willst, wenn etwas in deinem Leben schlecht ist eigentlich die Antwort, wieso das es schlecht ist, relativ oft Kapitalismus. Ja, voll. Oder warum Vollbeat? Bruder, geh Ebri-Shows schauen. Was bist du? Geh Local-Shows. Support your Locals. Dann findest du vielleicht mal den nächsten Vollbeat für dich. Nicht der Vollbeat, aber Oder gehst du einfach beim nächsten Vollbeat-Konzert an die von Duschparty Safer Last von Breath im Bella Fall, und wo gerade Ricky. gespielt hat. Spielst du seit 15 Jahren im Ebri. Komm. Nice. Gut, Bruder, also, Alter, irgendwie ein Kreishirn von 3 Hirn, eine Zelle, Alter. Das ist man unglaublich. merkt, dass wir alle noch ein bisschen Das durch funktioniert nicht sind. mehr. Schau mal alle Dings. Ja, das ist Oh, wegen deinem Lichtli da unten. fantastisch. Also ich Wo beende muss das ich Ganze genau, ich jetzt. möchte das gerne machen. Oberlinks. Da, da? Oberlinks. Da? Oberlinks. Okay. Tschüssi. Top. Nice. Friendship. Friendship.